Beani Bash, سر خیراتنا ولکم. از گلب که خوشم روزک شمی لفرانکفورت ام هاتنا باهف. ویس بیل واندرا پارک دیتن زحمت بو. لیاز باورم هن بیوانه مزی ردانه. Einen wunderschönen guten Morgen. Kurz vor Weihnachten, ich habe gerade gesagt, Parkplatz zu finden war sehr schwierig. Einige Gäste sind noch unterwegs, dennoch fangen wir an. برای ام دست بکن جبو جینا آمینی و جبو همو شهیدین کردستان شهیدین کن دیجی ظلم و زوره جیانا خودستانه دقیقی کرم کن ورن Serbia eine Gedenkminute für die Opfer, für Gina Amini und alle Opfer, die gegen Gewaltherrschaft ihr Leben verloren. Wir wollen an die denken. Vielen Dank. Gelek Spaß. Beckers, du sagtest, man kann das hoch tun. Rednerpult? Hab nicht geübt. Ah, danke. Hier, ne? Ja, danke schön. Oft schweigen die Opfer und wollen keine Aufsehen erregen. Auch dann nicht, wenn sie beleidigt, diskriminiert oder gar angegriffen werden. Die Rede ist von Menschen kurdischer Herkunft, die in Deutschland einem wachsenden antikurdischen Rassismus ausgesetzt sind. An Gründen mangelt es an Rassistinnen nicht. Entweder ist er türkische, arabische oder persische Nationalismus, dem eine unzureichende Minderheitspolitik ihrer Länder zugrunde liegt. Oder es ist der politische und extremistische Islam, der den Kurdinnen und Kurden ihren Widerstand gegen den Terror, wie zum Beispiel des Islamischen Staates, übel nimmt. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Tagung von Kurdistan bis Deutschland, antikurdischer Rassismus als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ich begrüße unsere Referentinnen und Referenten. Das sind Professor Dr. Cinur Qaderi, Professor Dr. Kenan Engin, Professor Dr. Ilhan Kizilhan, der leider gestern aus Krankheitsgründen abgesagt hat. An dieser Stelle wünschen wir dem Ilhan gute Besserung. Weiterhin begrüßen möchte ich Professor Dr. Susanne Schröter. Sie hat Heimvorteil, sie ist aus Frankfurt. Dr. Ismail Küpeli und Herrn Kakshar Orama sowie unseren Moderatorin Bekash Takuk, Sersan Çelik und Agit Bostemur, die heutigen Panels leiten und vorstellen, sowie die Diskutanten näher bekannt machen werden. Ich möchte an dieser Stelle unseren Landtagsabgeordneten aus Frankfurt, der ist auch zu Hause, Turgut Yüksel, Mitglied des Landtages in Wiesbaden. Für die SPD sitzt er im Landtag. Ganz herzlich begrüßen, herzlich willkommen, lieber Turgut, dass Sie so kurzfristig zugesagt haben. Ohne die fachliche Unterstützung von Frau Dr. Cinur Qaderi im Vorfeld wäre diese Tagung nicht möglich gewesen. Wir freuen uns auf Ihre heutige Vorstellung, Ihre kleinen Studie, sowie auf Ihr Buch zu diesem Thema, das Sie im nächsten Jahr rauskommen soll. So hat sie angekündigt. Ich hoffe, das Buch kommt raus. Die kurdische Gemeinde setzt sich in ihrer alltäglichen Arbeit gegen antikurdischen Rassismus ein.
von dem Sie auch als Verband oder Vertreterinnen, Vertreter der KGD immer wieder betroffen sind oder ist. Dazu wird meine Kollegin Bekasch, die auch stellvertretende Landesvorsitzende der KGD in Hessen ist, näher darauf eingehen, vor allem über die Situation, über antikurdischen Rassismus in Deutschland, über die Situation der Kurdinnen und Kurden in Deutschland eingehen. Wo hat der Rassismus gegen Kurdinnen und Kurden ihren Ursprung? Tiefe institutionelle und gesellschaftliche Verankerung des antikurdischen Rassismus liegt in Kurdistan, das zwischen 4 Ländern aufgeteilt ist. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne zur Veranschaulichung einige Beispiele aus den Herkunftsländern der Kurdinnen und Kurden nennen. Beispielsweise im syrisch besetzten Teil Kurdistan, das wir Rojava-Kurdistan oder Westkurdistan nennen. Neben den üblichen Verboten, auch Sprachverbot, wie in Nordkurdistan, zum Teil auch in Rojlati-Kurdistan, Vertreibung, Assimilierung waren bis zu den 90er Jahren Zehntausende von Kurdinnen und Kurden in Syrien in ihrer eigenen Heimat staatenlos. Diese waren nicht registriert, besaßen keine Personaldokumente, durften nicht erben, keine Eigentum erwerben und somit Entrechtung, Verwahrung von teilweise existierenden Grundrechten. Also waren sie staatenlos, heimatlos in ihrer eigenen Heimat, besaßen nicht mal Flüchtlingsstatus. Baschuri-Kurdistan. Arabisierungspolitik des Baas-Regimes, Zerstörung kurdischer Lebensräume, schätzungsweise mehr als 4000 Dörfer waren zerstört, umgesiedelt und Menschen wurden aus diesen Dörfern vertrieben. Diese Politik wird heute noch in Gebieten Südkurdistan, die nicht zur autonomen Region Kurdistan gehören, fortgesetzt. In Kirkuk, in der Region Schengal, Khanaqin, auch in anderen Regionen. Anfalloperation zwischen 86 und 89 gegen Kurdinnen und Kurden, also Anfall als religiöse Legitimationsgrundlage zur systematischen Verfolgung und Hinrichtung von Kurdinnen und Kurden, die in den Höhepunkt in Genozid an der kurdischen Bevölkerung in Halabja fand, in der bis 7000 unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, binnen weniger Minuten durch den Einsatz von Chemiewaffen vergast wurden. Genozid an Angehörige der Barzanis mit 8000 Toten. Zehntausende kurdische Feilis wurden bei den lebendigen Leib in die Wüste begraben. Insgesamt wurden 180.000 Kurdinnen und Kurden im Zuge dieser 8-teiligen Militäroperation des Baas-Regimes ermordet. Verfolgung und Vertreibung der kurdischen Jesiden kommt noch dazu. Die Anerkennung dieser Genozid ist auf der Tagesordnung. Dieser letzte Genozid war vor 8 Jahren. Und am 12. Dezember, also in wenigen Wochen, wird der Deutsche Bundestag hoffentlich einstimmig die Ermordung, diesen Völkermord an unseren Landsleuten als Genozid anerkennen. Das ist ein wichtiges Zeichen. Rojlati-Kurdistan, Ostkurdistan. Soziale und ökonomische Marginalisierung und Ausbeutung der Region, wie in anderen Teilen Kurdistan, findet auch hier statt. Kaum Bruttoinlandsprodukt in der Region. Menschen sind gezwungen, lebensgefährlichen Tätigkeiten nachzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Beispielsweise Kolbas, die Waren illegal auf ihren Rücken, Kühlschränke, Fernsehen und anderen Güter
für wenig Geld über die Grenze in die autonome Region Kurdistan, Irak, schmuggeln und dabei immer wieder von den Pasdaran angeschossen werden oder auf Minen treten. Fatwa zur systematischen Tötung von Kurdinnen und Kurden ist auf der Tagesordnung im Iran. Verbotene kurdische Namen, Stichwort Jina. Unterdrückung der kurdischen Identität, Kultur, Sprache. Denken wir an Sarah Mohammadi, die vor wenigen Monaten wegen Unterrichtens der kurdischen Sprache zu 5-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Kurdinnen und Kurden als ungläubige Sunnitinnen, Ungebildete, rückständig werden bezeichnet im Iran. Obwohl die Kurdinnen und Kurden im knapp 13%, vielleicht ein bisschen mehr, der Gesamtbevölkerung Iran ausmachen, sind die meisten politischen Gefangenen im Iran sind Kurden. Und auch die meisten zum Tode verurteilte Menschen sind kurdische Menschen. Vertreibung, rassistische Theorien, finden auch in Rojlati, Kurdistan, durch das Regime statt. Bakuri Kurdistan, Nordkurdistan. Im türkisch besetzten Teil Kurdistan werden jahrzehntelang die Menschen als Bergtürken, Rückständige, Ungebildete definiert. Verbreitung rassistischer Theorien auch finden hier statt, seit der Gründung der Republik quasi. Denken wir, dass das Wort Kurden, wie das zustande gekommen ist, dass in Kurdistan viel Schnee liegt und im Winter beim Schneelaufen, dass diese laute Kart Kurd, dass die Definition oder der Begriff Kurden daher kommt. Massaker und Genozide, die brauche ich gar nicht aufzuzählen. Diejenigen, die Geschichte Nordkurden kennen, die wissen das. Umsiedlungspolitik und Vertreibung. Dersim, Silan, Agri, diese ganzen Aufstände, danach fand immer Vertreibung statt. Allein in den letzten 40 Jahren mehr als 4000 kurdischen Dörfer und Ortschaften wurden zerstört. Die Menschen wurden zur Flucht vertrieben. Viele fanden hier in Europa eine Bleibe. Marginalisierung der Region, schlechte Infrastruktur, ökonomische und soziale Vernachlässigung ist auch in Nordkurdistan, genau wie in Ostkurdistan. In Rojava Kurdistan war genauso. Getreide kam, gesamte Syrien hat sich versorgt, quasi aus Rojava Kurdistan, aber es gab kaum Fabriken, kaum Arbeitsplätze im syrisch besetzten Teil Kurdistan für die Kurdinnen und Kurden. Verbot der kurdischen Sprache, wie die kurdischen Namen. Denken wir an die bestimmten Buchstaben, die in der Türkei bis vor kurzem, bis vor 10 Jahren noch verboten waren. Die kurdische Musik, kurdische Symbolen, die kurdische Sprache. Enorme Assimilationspolitik. In Nordkurdistan können mittlerweile Millionen von Menschen ihre Sprache nicht mehr. Viele reden von 10 Millionen. Und diese Zahl steigt jeden Tag, nimmt zu. Was haben alle diese Strukturen in den Ländern eigentlich gemeinsam? Vernichtungspolitik kurdischer Identität und Lebens, legitimiert durch rassistische Ideologien und die institutionell verbreitet worden sind und von den Mehrheitsgesellschaften der Herkunftsländer der Kurdinnen und Kurden übernommen wurden. Denken wir an die Einwanderer aus der Türkei, Türkinnen und Türken, die hier in Deutschland leben. Die übernehmen quasi diese Herkunftsländer, auch hier in Deutschland, in Teilen der Migrationsgesellschaft reproduziert werden und dem müssen wir, hierzu wird meine Kollegin Bekasch, wie vorhin erwähnt, näher eingehen über die Entwicklung und auch einige Beispiele zum Thema antikurdischer Rassismus in Deutschland nennen. Wir als kurdische Gemeinde Deutschland haben das Jahr 2022 zum Themen- und Aktionsjahr gegen antikurdischen Rassismus erklärt und wollen damit auf den antikurdischen Rassismus aufmerksam machen, mit dem Ziel, in erster Linie die Zivilgesellschaft sensibilisieren. Ich hoffe, dass diese Fachtagung ein Stück dazu beiträgt. Herzlichen Dank.
Liebe Beckers, du hast das Wort. Sehr verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, auch ich begrüße Sie im Namen des Landesverbandes Hessen der kurdischen Gemeinde ganz herzlich zu unserer heutigen Fachtagung hier in der Evangelischen Akademie. Und ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind, denn das zeigt, dass vielen Menschen das Thema am Herzen liegt. So facettenreich wie die Geschichten der Migrantinnen und Geflüchteten hierzulande sind, so facettenreich ist auch der Rassismus, der ihnen leider oft entgegengebracht wird. Zwischen rassistischen Kontinuitäten in diesem Land ist auch der Rassismus gegenüber KurdInnen für viele Alltagsrealität. Seit Jahrzehnten wird der antikurdische Rassismus nicht ernst genommen, relativiert oder gar abgestritten. Dabei ist der antikurdische Rassismus keineswegs ein Randphänomen, denn in Deutschland leben schätzungsweise 1,5 Millionen KurdInnen. Für die breite Mehrheit dieser Gesellschaft ist der Begriff antikurdischer Rassismus und das Wissen darüber allerdings noch gänzlich unbekannt. Damit einher geht das politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Desinteresse an dem Phänomen. Und dennoch gibt es glücklicherweise Menschen wie Sie, die hier heute mit uns zusammengekommen sind, die sich für das Thema interessieren und sich sowohl politisch als auch wissenschaftlich mit dem Thema befassen. Und das ist wichtig, denn wir wissen, dass Stigmatisierung, Kriminalisierung und Anfeindungen zum Alltag von DeutschkurdInnen gehören. Sie finden an Schulen, am Arbeitsplatz und in den Behörden statt. Um es an konkreten Fällen festzumachen, nenne ich Ihnen zwei Beispiele. Im Mai 2020 wurde der 41-jährige Ibrahim Demir von einem bekennenden Anhänger der faschistischen Organisation der Grauen Wölfe in der Nähe seiner Wohnung zu Tode geprügelt. Der Täter hatte eine aggressive, türkisch-ultranationalistische Gesinnung. Seinen Hass ließ er auf brutale Weise an seinem Opfer aufgrund dessen kurdischer Herkunft aus, dem er zudem aufgrund der körperlichen Behinderung des Mannes auch physisch überlegen war. Die Tat war damit auch klar ableistisch. Dieser Vorfall ist leider kein Einzelfall. Ein weiteres Beispiel, der Fall Hanau. Bei dem schrecklichen rassistischen Terroranschlag wurden 9 unschuldigen Menschen das Leben genommen. Als sei die Trauerbewältigung für die Hinterbliebenen nicht schon schlimm genug, wurden die kurdischen Opfer als Türkinnen gekennzeichnet. Zur Trauerfeier und bei den Protestdemos wehten massig türkische Flaggen. Es gab warme Worte vom türkischen Generalkonsul und vom türkischen Präsidenten Erdogan höchstpersönlich. Die Hinterbliebenen und Verletzte wurden vom türkischen Staatsfernsehen besucht. Damit wurden kurdische Opfer dieser rassistischen Morde durch türkische Institutionen in der Öffentlichkeit vertreten. Das ist besonders absurd, wenn man bedenkt, dass diese türkischen Institutionen dafür verantwortlich sind, dass rassistische Ideologien produziert und reproduziert werden, die sich wiederum gegen KurdInnen richten. Doch diese Umstände verstehen viele von außen nicht. Auch deshalb waren sie in der Berichterstattung nur eine Randnotiz wert. Hanau ist ein prominentes Beispiel dafür, dass kurdisches Leiden unter Rassismus und Faschismus oftmals nicht richtig kontextualisiert und benannt wird und deshalb unsichtbar bleibt. Die Dimensionen der Diskriminierung und des Rassismus, von denen KurdInnen in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene betroffen sind, bleibt unbemerkt oder wird nicht ernst genommen. Das ist bedauerlich für die Betroffenen und schmerzhaft. Denn viele Kurdinnen in der Diaspora haben ihre Heimat einst verlassen, weil sie dort nicht frei von Diskriminierung in Frieden und in Freiheit leben konnten. Die Linie an Benachteiligung zieht sich fort, auch hier in Deutschland auf scheinbar neutralem Boden. Und weder unsere Politik noch unsere Zivilgesellschaft erkennen die sich daraus ergebenden Problemfelder. Das Grundgesetz sollte allen Menschen ein Leben in Würde, Freiheit und die Wahrung ihrer Menschenrechte garantieren. Die Grundpfeiler der Demokratie sind in keiner Gesellschaft keineswegs selbstverständlich. Sie müssen gelebt, geschützt und gestärkt werden.
Wir brauchen demokratisches Engagement sowie überzeugte DemokratInnen, die sich gegen jedwede Form menschenverachtenden Handelns einsetzen. Für KurdInnen stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie nicht nur ihr legitimer Wunsch nach Gleichberechtigung, sondern ihr Anrecht darauf in diesem Land verwirklicht werden kann. Auch die kurdische Gemeinde Hessen als neu gegründeter Landesverband mit Sitz in Frankfurt möchte sich gegen jede Form von Rassismus stark machen. Dafür braucht es eine kritische Auseinandersetzung und vor allem einen offenen Perspektivwechsel. Ein erster Schritt dahin ist damit getan, dass Sie heute hier sind und wir gemeinsam darüber in den Austausch gehen können. Und beginnen tun wir damit mit dem interessanten Vortrag von Frau Professorin Chinur Ghaderi. Und daher gebe ich nun auch das Wort an Sie. Frau Ghaderi, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie sich an einem Samstag bei so schönem Wetter und wo Sie vielleicht auch frei haben könnten, trotzdem hier eingefunden haben, um mit uns zu sprechen, zu hören, zu diskutieren und mitzudenken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer diesen Modus, sobald ein PowerPoint läuft und jemand vorne spricht, dann gehen viele in ihre eigenen Welten und denken nach. Und ich fände es ganz großartig, wenn Sie es schaffen, in der nächsten halben Stunde mitzudenken, weil das ist so die Voraussetzung für unseren Tag und unsere Diskussion. Und ich würde Sie daher bitten, während ich einfach nur 2 Minuten hier stehe, mal mit Ihrem Nachbarn sich auszutauschen, wann Sie eigentlich das erste Mal von diesem Begriff antikurdischen Rassismus gehört haben und was Sie gedacht haben. Einfach den Nachbarn wahrnehmen, einmal sich bewegen und reden und nicht erstarren. Ich glaube, dann können wir wieder in einen anderen Modus vom Sprechen und Zuhören kommen. Einverstanden? 2 Minuten? Okay. So, herzlichen Dank. Okay, vielen Dank. Ich bin jetzt so gemein, habe Sie jetzt eingeladen zum Sprechen und jetzt bitte ich Sie langsam, die Gespräche wieder
zu einem Satzende zu bringen. Bitte? Ja, ich wollte gerne, dass Sie einfach nochmal, jeder für sich nochmal seine eigene Position, seine eigenen Gedanken, auch die Chance hat, jenseits des Zuhörens auch darüber nachzudenken. Als ich im Frühjahr dieses Jahres mit der Studie angefangen habe, habe ich unterschiedliche Reaktionen erfahren zwischen Antje, was willst du da machen? Und ja, logisch, das muss man doch jetzt nicht noch beforschen, das weiß doch jeder. Also das waren so die Reaktionen in beide Richtungen. Und ich habe gedacht, ich begebe mich auf eine Suchbewegung und gucke, okay, was ist das? Und aus meiner Sicht ist die Auseinandersetzung mit Rassismus in der Migrationsgesellschaft sehr vielschichtig. Und das reicht eben nicht, die Perspektive Migrantin oder Einheimische oder so dichodom darüber nachzudenken, sondern gerade im Kontext von Nationalismus, gerade in Kriegs- und Konfliktzeiten, ist die Thematik, die Inszenierung von Nationalismen enorm wichtig, weil sie eben auch als Instrumente für Verhandlungen herangeführt werden, darüber, ob es jemand gibt, also Existenz oder Negation, über Inklusion, Exklusion, Zugehörigkeit, Unzugehörigkeit und wer zur politischen Gemeinschaft dazugehört. Und als es im Frühjahr, Sommer dieses Jahres, wie gesagt, als ich angefangen habe, da war ganz viel diese Frage der sicherheitspolitischen und auch militärischen Entscheidungen im Kontext von Ukraine-Krieg, im Kontext von der Argumentation und der Forderung der Türkei für den NATO-Beitritt für Schweden und Finnland und im Umgang mit der sogenannten Kurdenfrage. Das heißt, es ging ja gar nicht, da irgendwie sich rauszureden und nicht darüber nachdenken zu wollen, was das bedeutet, politisch. Und neben dem ist das Thema seitdem auch nicht weniger aktuell und brisant geworden. Sie alle kennen die Nachrichtenlage derzeit in Kurdistan, in Mahabad. Sie kennen die anderen Nachrichten. Also das will ich gar nicht wiederholen. Wir haben gerade sehr viel auch gehört, die politischen und historischen Zusammenhänge. Und mein Fokus wird aber sein, sozusagen Deutschland. Also es geht mir nochmal darum, wie ist eigentlich in dieser Studie, geht es um Gegenstand Deutschland, kann man hier in Deutschland darüber sprechen? Und es gibt, was ich gemerkt habe, so wie Sie jetzt auch gesprochen haben, sobald ich mit Menschen gesprochen habe im Rahmen dieser Studie, gab es einen enormen Gesprächsbedarf. Also alle sind, sobald man den Deckel aufgemacht hat, sprudelte das nur raus aus Erfahrungen, Beobachtungen, Gedanken zu dem Thema. Und das heißt, für mich war dann die Frage, inwieweit ist das, was die Menschen beschreiben an Erfahrungen, an Diskriminierungserfahrungen, Beobachtungen, kann das als Phänomen beschrieben werden mit antikurdischem Rassismus? Und dieser Begriff ist erstmal, ich habe mich da auf die Suche begeben, zunächst mal von politischen Aktivisten in die Debatte, in den öffentlichen Diskurs hineingetragen worden. Sie haben gesehen, das ist ein Mainstream-Thema und es ist wichtig, da sich mit anzudocken und auch damit ihre politischen Anliegen zur Sprache zu bringen. Auch in den Medien ist der Begriff verwendet worden. Wenn Sie sich erinnern, die Morde in Konya, das stand in den Nachrichten von Journalisten und Schriftstellerinnen wie Ronja Othman, Canan Topçu und auch vereinzelt von Wissenschaftlerinnen wie Dastan Yassin ist dieser Begriff gefallen. Und ich dachte, wie kann man diese kumulierten Erfahrungen von Ungleichheit, die hier vorhin auch referiert wurden und für die es offensichtlich zugleich kein Konzept, keine Sprache gibt, wie kann man das erfassen? Und ist das mit diesem Konzept zu erfassen? Und wenn dem so ist, dann ist es doch die Aufgabe der Wissenschaft, nochmal darüber Wissen in Anführungsstrichen zu schaffen oder ein Medium oder einen Diskursraum zu schaffen, darüber nachzudenken. Und im Folgenden, jetzt muss ich mal gucken, hier mit dem werde ich in der nächsten halben Stunde ungefähr in diese Richtung, haben Sie einen Überblick, was wir machen, kurz theoretische Zugänge nochmal, das ist immer bei der Wissenschaft, da müssen Sie durch, die Erfahrungen haben wir, einmal kurz zu den theoretischen Zugängen, empirische Zugänge, wie wir gearbeitet haben, ausgewählte Zwischenergebnisse und kurz zur Rolle und Funktion der Medien und die Zwischenüberlegungen und offenen Fragen. Weil, wie gesagt, es ist eine Studie im Prozess, es sind keine Endergebnisse. Ich lade Sie quasi ein, mit mir auf die Zwischenergebnisse zu schauen und das wird weiter bedacht, erfasst, reflektiert. Zunächst mal zu den
sozusagen ABC, damit man überhaupt weiß, wenn wir von Rassismus irgendwie, das ist ja immer so, wenn so ein Begriff in den medialen, öffentlichen Raum kommt, dann reden alle darüber, das ist so ähnlich wie mit der Nachhaltigkeit. Alle kennen Nachhaltigkeit, alle wissen, was Rassismus ist, aber sich nochmal gründlich darüber nachzudenken, was ist eigentlich damit gemeint. Ich habe Ihnen nur wenige kleine sozusagen Infos heute nochmal mitgenommen. Der niederländische Soziologe Esset definiert Rassismus als eine Ideologie, eine Struktur und ein Prozess, mittels derer bestimmte Gruppierungen auf der Grundlage tatsächlicher oder zugeschriebener biologischer oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig anders geartete und minderwertige Rassen in Anführungsstrichen oder ethnischen Gruppen angesehen werden. In der Folge dienen diese Unterschiede als Erklärung dafür, dass Mitglieder dieser Gruppierung vom Zugang zu materiellen und nicht materiellen Ressourcen ausgeschlossen werden. Sie sehen, hier stehen eigentlich schon die Grundmechanismen drin. Wir brauchen Gruppierungen, es müssen Gruppierungen konstruiert werden, die, wie auch immer, Merkmale, die können tatsächlich so sein oder auch zugeschrieben sein, die kann man auch erfinden, sage ich mal. Das Ganze muss irgendwie nicht nur die Differenz muss hergestellt werden, das Ganze muss auch abgewertet und minderwertig behandelt werden. Und dieser Unterschied ist die Legitimation und Grundlage dafür zu sagen, ja, die können wir ausschließen, die privilegieren. Der klassische, und wir unterscheiden da, der klassische Rassismus, also mit diesen biologistischen Grundannahmen, Argumentation, Sie kennen das alles aus den Olympiaringen mit diesen weißen, gelben, roten, schwarzen und schwarzen Rassen, das ist passé, zumindest wenn man jetzt nicht von rechtsextremen und ultranationalen Gedanken oder sozusagen Kreisen ausgeht, ist dieses dominante Ordnungsprinzip der Gesellschaft eigentlich so nicht mehr vorgesehen. Aber was wir haben im Zuge von gerade nach Entkolonialisierung und Nationalsozialismus Facetten von Neorassismus bzw. Kulturrassismus. Das heißt, dass die Unterscheidungsmerkmale daran gemessen werden, dass man sagt, es gibt ja eine andere Kultur, es gibt eine andere Sprache, es gibt andere Debatten und Möglichkeiten, um das zu kodieren. Und im bundesrepublikanischen Einwanderungsgesellschaft sind es vor allem die Religionen, über die diese Unterscheidungsmerkmale gemacht werden. Es ist die Sprache und es ist die Staatsangehörigkeit. Und ich glaube, schon allein sich diese Begriffe nochmal zu merken, jeder, der sich damit befasst hat, auch auf die eigene Biografie schaut, Topic, also Religion, Sprache, Staatsangehörigkeit, ist fundamental für die weitere Debatte. Dann gibt es primäre und sekundäre Rassismen. Die primären Rassismen sind direkt, also da gibt es gar nicht irgendwie Schnörkel drum herum zu reden, sondern die sind unmittelbar und explizit rassistische Botschaften. Bei den sekundären Rassismuserfahrungen, ich zitiere hier Arzu Çiçek, das ist nochmal wichtig, glaube ich, gerade im Kontext vom antikurdischen Rassismus, die sekundären Rassismuserfahrungen sind Erfahrungen der Wut, der Beschämung, der Furcht, die dann entstehen, wenn eigene Rassismuserlebnisse zum Thema werden und gleichzeitig dethematisiert werden. Sekundär sind sie, weil sie im Zuge der Thematisierung von primären Rassismuserfahrungen bzw. der Verweigerung dieser Thematisierung gemacht werden. Also der Mensch erlebt sie, alle sehen es und alle sagen, was war eigentlich? Also diese Stimmung und diese Erfahrung, die da funktioniert. Und jetzt ist es ja so, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Wir haben ja nicht die repressiven Staaten, Herkunftsstaaten, die Mehmet Tanevedi und gerade Bektaş beschrieben haben. Das heißt, wie ist es eigentlich in Deutschland in einer egalitären Gesellschaft? Wie kann das eigentlich hier funktionieren? Wie funktioniert Dominanz in einer egalitären Gesellschaft? Und da möchte ich mich gerne auf Birgit Rommelsbacher beziehen. Die hat bereits ich habe das, also für 95 habe ich ihr Buch das erste Mal gelesen. Das war für mich so, machte es ganz, ganz viele Glühwürmchen, die dann aufgingen im Kopf, weil ich dachte, ich finde eine Möglichkeit, die Erfahrung, die ich auch als Migrantin, als Kurdin, als Frau gemacht habe, irgendwie nochmal einzuordnen. Und was sie sagt, dass in einer egalitären Gesellschaft funktioniert es deswegen, weil die Dominanz sich nicht auf Repression stützt, sondern die Dominanz stützt sich auf Zustimmung. Auf Zustimmung darüber, dass sozusagen Gruppen oder Personen deprivilegiert werden, dass es sozusagen auf die sozialen Strukturen über internalisierte Normen so geschaffen sind, dass auf eine ganz unauffällige Art und Weise politische, soziale, ökonomische
Hierarchien reproduziert werden. Und das Ganze findet in allen Teilsystemen statt, in Arbeitsbildungs-, Wohnungsmarkt ist das dann zu sehen. Und jetzt ist wichtig, warum das so funktioniert. Man fragt sich ja, warum soll das funktionieren? Das ist so ähnlich eigentlich auch wie bei der Gender-Debatte, wo man immer sagt, alle sagen, ja Mensch, die Frauen sollten doch eigentlich die gleichen Rechte haben, aber es gibt die sogenannte, das hat Robert Cornell gesagt, die patriarchale Dividende. Also das heißt, diejenigen, die in einer privilegierten Position aufgrund dessen sind, haben was davon. Es nützt in irgendeiner Weise was. Und deswegen ist es wichtig, in diesem ganzen Kontext die eigene Positionierung im Privilegiensystem zu kennen, das bedeutsam, und zwar nicht als moralische Kategorie, weil ja häufig in der Gesellschaft ist, das können wir doch nicht besprechen, das geht doch so nicht. Es geht hier nicht um moralische Kategorien, nicht als persönliche Eigenschaft, sondern in der Gesellschaft. Das weist auf eine Gesellschaftsstruktur und wenn ich in einem Kontext eine privilegierte Position habe, muss ich immer wissen, das führt auf der anderen Seite für diejenigen, die nicht dazu gehören, die in der Deprivilegierung sind, zu Verletzungsverhältnissen. Verletzlichkeiten können Menschen, verletzbare oder diese Verletzlichkeiten, diese rassistischen Erfahrungen können sein durch die Diffamierung als andere, als Fremde, als Unzugehörige, als Unnormale. Wenn wir jetzt also von antikurdischem Rassismus sprechen wollen, dann erfahren wir etwas über die Erfahrungen, die individuell gemacht werden. Diese sind aber nicht persönliche Erfahrungen, als persönliche Erfahrungen nur einzuordnen, sondern die Interaktion und Emotionen funktionieren aufgrund der strukturellen Verankerung und insofern sind sie politisch. Und in diesem Sinne werden sie auch wirkmächtig. Und es wird nicht alles immer zur gleichen Zeit wirkmächtig. Sie kennen das alle. Es ist nicht immer relevant, ob ich eine Frau bin, aber vielleicht, wenn ich nachts alleine irgendwo entlang gehe. Es ist nicht relevant, ob ich eine Beeinträchtigung habe, aber wenn ich gerade irgendwie keine Treppen laufen kann und da ist kein Fahrstuhl. Also das heißt, in bestimmten Konstellationen, ich habe letztens gehört von einer Studierenden, die sagte, ich kann die Vorlesungen nicht mehr in der Corona-Zeit machen, weil ich bin gehörlos und wenn alle mit Masken rumlaufen, kann ich die Lippen nicht mehr lesen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Konstellationen, wann etwas salient wird und wo über die Sozialisation etwas hervorgebracht wird oder über den Kontext. Und deswegen habe ich hier noch einen zweiten Begriff für die theoretische Analyse reingebracht, nämlich die des politischen Rassismus. Das heißt, wir beziehen uns, wir sind alle in bestimmten Diskriminierungsmatrix, sozusagen sind wir in der Gesellschaft drin. Wir haben alle unterschiedliche Privilegierungen und Deprivilegierungen, aber das Ganze passiert eben nicht im luftleeren Raum, sondern über eine Schichtung von Geschichte und Gegenwart, die uns beeinflusst. Und hier finde ich ganz hilfreich den Ansatz von Lorenz Naku Laing, der sagt, politischer Rassismus in der posthomogenen Gesellschaft. Und aus einer Sicht geht es eigentlich darum, wir müssen nochmal darüber nachdenken, was heißt eigentlich in einer Demokratie, in einer diversen Gesellschaft, was heißt es eigentlich, Verhandlungen über Gemeinschaft in einer posthomogenen Gesellschaft zu führen und wo und wie sind politische Rassismen verankert. Ich hatte gesagt, ich sage noch mal kurz zu den empirischen Zugängen und dann komme ich zu den Zwischenergebnissen. Empirisch, also zunächst haben wir eine ausführliche Literaturrecherche gemacht, da verschone ich Sie, da werde ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe bisher 20 qualitative Interviews geführt, nochmal für diejenigen, die jetzt nicht sich mit Forschung befassen. Es geht hier nicht um Repräsentation und quantitative Forschung, wo es wichtig ist, ganz viele Zahlen zu haben, sondern in qualitativen Forschung sind es andere Ansätze. Und da sind aber auf jeden Fall noch sehr viele Personen und die Personen sind nicht qua Person, sondern nach Feldern. Ich untersuche die Wissenschaft, die soziale Arbeit und Bildungsbereich, Medienbereich und Politikbereich, also verschiedene Felder. Und das Ganze wird begleitet auch von einer kritischen Medien- und Diskursanalyse. Das macht vornehmlich meine Kollegin Professor Esther Almstadt und wir haben eine wissenschaftliche Hilfskräfte und Studierende, die uns unterstützen. Das würden wir, glaube ich, was das weiß, Kernan auch im normalen Geschäft an der Hochschule gar nicht sonst zeitlich hinbekommen. Jetzt zu den ausgewählten Zwischenergebnissen. Sie sehen, ich habe zunächst mal markiert die individuelle und institutionelle Ebene und ich habe direkt so ein Quadrat gewählt und mit diesem Quadrat, das bleibt quasi die Grundfolie jetzt für die nächsten 15 Minuten. Auf der individuellen Ebene haben die Befragten alle durchweg von beobachteten und persönlichen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Alltag gesprochen. Allerdings zunächst nicht als Kurdinnen, sondern als Migrantinnen, Türkinnen, Musliminnen.
Und erst, wenn sie in Kontexten waren, in anderen Kontexten waren, wo die internationale Familiengeschichte zum Tragen kam, da wurde dieses Kurdische salient. Und da haben sie auch ein Spektrum von Erfahrungen, angefangen von nonverbal abwertenden Blicken zu verbalen Äußerungen oder gut gemeinten, wenn sie dann wussten, Kurde, Hauptsache Mensch, Beleidigungen, Ablehnungen, Prügel auf dem Schulhof, nachbarschaftliche Konflikte, Benachteiligung in Wohnheimen, also Flüchtlingswohnheimen, Mobbing auf dem Arbeitsplatz bis hin zu gewaltsamen Übergriffen und Morddrohungen. Ich habe die ganze Palette allein schon bei den 20 Personen hören dürfen. Auf der individuellen Ebene passiert vieles. Und jetzt, wie gerade gesagt, also zunächst ist sozusagen die Eingangsschneise Migrantinnen, Muslimen, also sozusagen eine andere Konstruktion. Und wir haben es also mit einer doppelten Rassifizierung hier zu tun, das heißt einem doppelten Risiko für Verletzungen, für Verletzungsverhältnisse. Für die Analyse ist interessant, welche Homogenisierungen, Abwertungen Kurdinnen erfahren, welche normalisierten Diskriminierungswissen selbst bei Kindern vorhanden sind, also Kinder, die vielleicht gar keine Kurden oder Kurden kennen, aber die Schimpfwörter und das damit historisch verankerte kollektive Narrativ, wer Kurdinnen sind, ist wirkmächtig, das ist da. Einer der Befragten hat das so formuliert, und sagte, es ist kaum zu glauben, die mich nicht kennen, wissen mehr über mich als ich über mich. Das heißt, das ist in dem Raum ist es da. Und ich will jetzt nicht alles reproduzieren, was an Schimpfwörtern gesagt wurde, aber sie verweisen auf Kategorien, mit denen Kurdinnen verbunden werden und die relevant sind. Ich sage mal die Kategorien und ich kann mir fast vorstellen, Sie alle, die Sie kennen, die sich mit Kurdinnen befassen, haben direkt die Schimpfwörter selbst im Kopf, ohne dass ich sie nennen muss. Über die Kategorie Klasse, Stadt, Land, Akademiker, Nicht-Akademiker. Wissen, ne? Sie nicken. Unwissenheit und Debilität, also komplett aussichtslos. Wild, unzivilisiert, widerständig und gewaltaffin. Sie wissen, welche Worte gefallen sind. Das heißt, die Abwertung über die Ethnizität sind intersektional gekoppelt mit anderen Kategorien wie Gender, Disability, Klasse, wobei Staatenlosigkeit ein ganz starker Referenzpunkt ist. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Punkt von Wörtern, die gefallen sind im Kontext von Staatenlosigkeit. Nach Mark Terkedises ist das der erste Schritt der Rassifizierung, nämlich die Produktion, die Andersheit als Gruppe und das kollektive Wissen darum. Oder das kollektive Unwissen oder die Gleichgültigkeit. Dadurch, und dass das mitgetragen wird, eben die Zustimmung, die ich vorhin über die Dominanz erwähnt habe. Und jetzt geht es zu den institutionellen Aspekten, das heißt, es kommt dann, also erstmal brauche ich die Rassifizierung einer Gruppe und dann kommt es zu der Ausgrenzungspraxis. Wie entsteht das, diese Dialektik von Einschluss und Ausschluss? Sozusagen, welche Verwaltungsapparate, welche Mechanismen strukturell führen dazu, dass Dinge sich verselbstständigen oder quasi als Verwaltungsroutinen und Abläufe in Institutionen wiederholt werden. Das ist zum Beispiel die Kriminalisierung von Kurdinnen seitens Polizei und Staatsschutz, die Negierung von Differenz. Das ist ja das Spannende mit der Differenz, ist ja, das ist eine ganz heikle Geschichte, über Differenz zu sprechen. Weil Differenz kann ausschließen, Nicht-Differenz kann aber auch ausschließen, wenn ich nicht benenne, was ist. Also das heißt, ich muss immer darauf gucken, es geht nicht um die Differenz, sondern um die Gewichtung der Differenz, um die Auf- und Abwertung, die damit einhergeht oder die Ignoranz oder sozusagen das Highlighten. Worum geht's? Es geht um gezielte Datenübermittlung über kurdische Organisationen an das Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Das sind nur so wenige Beispiele, weil tatsächlich sind diese individuellen und institutionellen Ebene, damit will ich mich ja gar nicht zu viel befassen, weil das zeigt ja eigentlich, das ist einfach, ich sammle das auf. Es ist ein blödes Beispiel, aber wenn Sie Erkältung haben und Sie haben eine laufende Nase, dann ist das Symptom. Und die individuellen institutionellen Aspekte sind quasi das Symptom dafür, wenn es rassistische, sozusagen politische Strukturen gibt. Das ist quasi das, was äußerlich sichtbar wird. Also kommen wir zu den wichtigsten oder wichtigeren Grundlagen der gegenwärtigen Lage, nämlich die historische Ebene und die politische Ebene. Für die historische Ebene, also das ist die Basis oder die ganz wichtig ist und die für die aktuellen Entwicklungen auch ganz relevant sind,
Zum einen die Staatenlosigkeit. Ich hatte gesagt, dass das als Thema immer wieder aufgetreten ist und die Staatenlosigkeit ist natürlich historisch verbunden mit der Kolonialgeschichte und den Annahmen darüber, über den Orient, andere Völker und Stichwort Sykes-Picot-Abkommen in 1916, wo, das sind alle, die sich mit Kurden befasst haben, ist das ein Begriff, als der Nahe Osten sozusagen die Grenzen dann auch festgelegt wurden und vielleicht aber nur ein Gedanke daraus, darüber, wie über Kurdinnen sozusagen in diesem Kontext gedacht wurde oder gedacht wird. Im Versailler Friedensvertrag, in dem die Grundstruktur des kolonialen Diskurses dokumentiert ist und in dem wird davon ausgegangen, dass es Völker gibt, die nicht imstande sind, sich zu regieren. Das heißt, und in der Satzung des Völkerbunds steht, ja, vielleicht noch ein Gedanke davor. Interessant ist ja, wir kommen als Kurdinnen, ich bin vorher Kolonialgeschichte und so weiter, habe ich mich befasst. Ich habe immer gesagt, ja, okay, es gibt ein paar Texte, Ismail Besikci, andere internationalisierte Kolonie und so weiter. Aber so richtig habe ich gesagt, finden wir den Anschluss nicht an diese Debatten zur Kolonialisierung, die ja mit dem Rassismusbegriff eng verbunden sind. Und das ist nochmal interessant, dass genau zu dieser Zeit, vor circa also 100 Jahren, hat ja die Kolonialpolitik, die Politik wurde verändert, man sprach nicht mehr von Kolonien, sondern es sollte eine neue Ära kommen und dann sprach man ja von Mandaten, das war ja die Übertragung der Verwaltung und dieser Begriff des Mandats in der Satzung des Völkerbunds steht die Übertragung der Vormundschaft. Ich denke nur so, die im Jugendbereich arbeiten, Übertragung der Vormundschaft über Völker, die sich selbst nicht zu leiten vermögen, an fortschrittlichere Nationen. Also diese Grundkonstellation von sozusagen Überlegenheit, Unterlegenheit ist damals schon angelegt worden in der Gründung der Nationalstaaten und wurde fortgeführt. Da zähle ich jetzt nicht die ganzen weiteren Verträge auf, Lausanne und so weiter, was Sie kennen. Und das Konzept des Nationalstaats, wissen Sie, hat zur Grundlage, dass es einen homogenen inneren Staat geben muss, eine Sprache, eine Nation, eine Kultur und so weiter und so fort. Und diese gewaltsame Homogenisierung in den Herkunftsstaaten hat es gegeben, das haben wir gehört, aber die haben Auswirkungen auch auf die Migrationsgesellschaft. Heute haben sie es andere, aber es sind die historischen Vorläufer und es gibt koloniale Kontinuitäten und sozialpsychologische Mechanismen. Auf politischer Ebene, also ich tendiere jetzt, gehe mal in die andere Richtung noch, hat es Implikationen, das führt nämlich zu bestimmten Diskriminierungsformen und es gibt Pfadabhängigkeiten, also wie die Außenpolitik die Innenpolitik beeinflusst oder historisch gewachsene Kontinuitäten im Zusammenhang mit der Beziehung zur Türkei, die beispielsweise, das wissen Sie alle, ist ja auch bis aktuell so für die Stabilität in der Region, Stichwort NATO, im Kontext der europäischen Migrationspolitik, für die Bekämpfung für IS und auch für die energiepolitische Versorgung Deutschlands und der Europäischen Union eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir uns jetzt, ich habe sozusagen ausgewählt diese Punkte für die politisch und auf der Grundlage der historischen Ebene, die Staatenlosigkeit oder andersrum gesagt für diese Kurdinnen spielen für dieses zwischenstaatliche Beziehungsgeflecht, sozusagen ob es mit der Türkei, mit Iran und so weiter, spielen sie eine Nebenrolle. Der Umgang ist eher von sicherheitspolitischen Ansatz geleitet, die dazu führt, dass Kurdinnen als Sicherheitsproblem wahrgenommen werden und hier der Kriminalisierung Vorschub geleistet wird. Und jetzt ist es spannend, weil hier so eine doppelte Logik kommt. Die Logik von Nationalstaat, wie gesagt, ist immer so ein Verhältnis von Innen-Außen, Zugehörigkeit, Unzugehörigkeit und die Frage, wer im Nationalstaat der national andere sind. In Deutschland sind das jetzt derweil zum Beispiel geflüchtete Migrantinnen und das Ganze hat so eine Art doppelten Boden. Einmal eben in diesen Rollen, wie vorhin gesagt, als Geflüchtete, als auch in anderen Migrationskategorien, Diskriminierungserfahrungen, wenn Menschen gelesen werden als Migranten, Türken, Muslime und so weiter, aber dann zugleich auf der anderen Ebene, wenn sie als Kurdinnen identifiziert werden. Und da sind auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden, von Gleichgültigkeit, auch sicherlich auch Sympathie je nach politischem Couleur, aber was im Raum trotzdem steht, sind weitere zum einen ganz viel Negativerfahrung, also es assoziiert mit negativen Stereotypen und ich habe geschrieben, der Indifferenz oder Negierung. Es ist eine verweigerte Existenz, also dadurch, dass es eben diese Nationalstaatlichkeit nicht gibt, wird im Grunde genommen immer wieder hören Sie
gibt es doch gar nicht oder gibt es irgendwie, also es ist einfach im Raum oder es ist eine Dämonisierung und Kriminalisierung. Das heißt, bei der Frage, wer bist du oder so, dann kommt erstmal so eine Vorsicht, die nächste Frage. Also im Raum ist da etwas und dann gibt es immer zu fragen, wer ist da und warum. Ja, ich gucke mal gerade, damit ich mit der Zeit, ja, ich glaube noch so 5 Minuten, können Sie noch? Ja, geht das? Okay, ich probiere. Ja, und jetzt das ist nochmal wichtig, ich habe gerade gesagt, wenn man dann erstmal sozusagen das Stichwort hat, Kurdinnen, und im Kopf dann schon irgendwie diese Gewaltaffinität ist und diese Begriffe, die damit einhergehen, dann, und Terrorverdacht und postulierte Gewaltkultur, dann ist der Dialog schon auch fast beendet. Da muss man ja gar nicht mehr nachdenken. Und damit werden sozusagen die politischen Anliegen, die ganz andere ja auch sein können und die eben nicht nur eingleisig sind, gar nicht mehr thematisiert oder dialogfähig. Und natürlich ist dieser Begriff des Separatismus auch im Raum. Und natürlich, wenn ich von einem homogenen Nationalstaat ausgehe, muss es sozusagen auf der anderen Seite, im Sinne sozusagen von der Dialektik, muss Separatismus, wie auch immer man das bezeichnet, eine Bedrohung darstellen. Das geht gar nicht anders, weil es ja eben darum geht, dieses homogene Bild zu erhalten. Und bei den Befragten war auch die Frage, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand hier Straftaten oder das Strafgesetz irgendwie umgehen oder ausfüllen will, sondern die Frage war, was heißt das für eine große Gruppe, wenn sie eben als kriminalisiert wahrgenommen werden. Und häufig ist es alles so kompliziert, dass eine Zurückhaltung kommt und lieber sich nicht damit befassen. Das ist, mein Gott, man weiß immer nicht, auf welcher Seite. Das heißt, besser die Differenz und das Thema zu dethematisieren, als zum Thema zu machen. Und was ist die Folge von dieser Abwertung oder Leugnung? Es führt, und das ist der nächste Gedanke, es führt, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, zu einer mehrdimensionalen Sprachlosigkeit. Also das ist mir immer wieder begegnet. Es gibt enorme Facetten davon, wie diese Sprachlosigkeit aussieht. Natürlich in den Herkunftsländern haben wir gehört, Sprachverbote, Diskriminierung, aber sie hat auf verschiedenen Ebenen, auf psychologischer Ebene hat sie Auswirkungen, auf die kann ich jetzt leider aufgrund der Zeit nicht eingehen, aber für Traumagedächtnis zum Thema Sprache, Verbalisation, Artikulation, der wird ganz viel gehemmt, auch auf einer physiologischen Ebene. Die Nichtförderung der Muttersprache ist viel ein Thema geworden. Die Sprachlosigkeit im öffentlichen Raum, nicht zu wissen, wie rede ich denn jetzt über dieses Thema, habe ich Worte, wie kann ich mich da entlang lavieren. Sprache ist ein Problem in der Justizfrage, wer sind Dolmetscher oder in Asylverfahren, wer kann wie übersetzen. Und selbst bei den Personen, die ich befragt habe, selbst habe ich gemerkt, dass sie eine absolute Artikulationshemmung hatten. Das war immer so ein Jonglieren, irgendwie, wie beschreibe ich das? Und interessant, und um sich irgendwie in diesem Dialog und in diesem Interview aufzuwerten und zu gucken, dass es nicht abgewertet wird. Also das ist immer so ein Lavieren in dem ganzen Gespräch geworden. Und wir dürfen nicht vergessen, Sprachpolitik spielt in der Geschichte der Kolonialisierung eine elementare Rolle. Die Einführung der Kolonialsprachen, etwa Spanisch, Englisch oder Französisch, wurde als Möglichkeit vorgestellt, die zurückgebliebenen Gemeinschaften in den Kolonien aus der Dunkelheit ans Licht des ökonomischen Fortschritts und der intellektuellen Entwicklung zu bringen. Das heißt, Sprachpolitik wird auch als Deckmantel benutzt, um auch die interne Kommunikation der Menschen zu unterbinden und sie zu kontrollieren und auch die Solidarität in den Communities zu verunsichern und sie mundtot zu machen, bis hin ihres Wissens zu berauben und auch Epistemie. Das heißt, nicht zu vergessen, dass die Artikulation in Sprachen, die weniger beherrscht werden, Personen weniger ausdrucksstark, intelligent und gebildet erscheinen lassen und sie sich auch dann so empfinden. Und das zu diskutieren, Sie wissen, ich stoße hier ein paar Gedanken an, das ist alles noch nicht zu Ende gedacht, aber zu diskutieren wäre hier, ob es hier um eine epistemische Gewalt handelt, also praktisch eine Privilegierung, in dem Wissen gar nicht möglich ist durch diese Sprachverunsicherung oder Sprachvermeidung und Politik. Und diese Folge der Leugnung ist auch eine enorme Unwissenheit und Unbeholfenheit im Bildungswesen, Wissensdefizit der Menschen über die Kontexte, fehlendes Wissen in pädagogischen Institutionen, wenn schwierige Situationen sind, fehlende sozusagen eine Unbeholfenheit, wenn es um einen erstarkten Islamismus und Nationalismen geht. Wie gehen wir jetzt damit um, dass da so eine Situation ist im Klassenraum?
Und das ist ein großes Thema, also sozusagen dieses Sprachunmöglichkeit, Sprachlosigkeit und die Folgen für die Verleugnen. Um auf das Ziel der Studie nochmal zurückzukommen, das heißt, es gibt hier tradiertes rassistisches Wissen, mit dem Menschen Diskriminierungserfahrungen machen. Und das ist aus meiner Sicht auch das Nichtwissen, ist sehr ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, dass Menschen dumm und unwissend sind, also die sich als Kurdin definieren, aber auch die sich zu ihnen verhalten, sondern wir müssen das als einen historisch-politischen Kontext begreifen, warum diese Sprachlosigkeit so entsteht. Und bei der Nichtexistenz der Sprache oder nicht, ist nochmal etwas anderes interessant. Abgewertet zu werden ist ein Aufstieg, weil dahinter, wenn ich gar nicht gesehen werde und es etwas gar nicht gibt, dann werde ich noch nicht mal zum Objekt. Es gibt Subjekt gar nicht, aber nicht mal Objekt. Und Subjekt kann ich erst werden, wenn ich im Grunde genommen auch selbst sprechen kann, artikulieren kann. Folglich haben die Menschen reagiert mit Widerstandsstrategien auf diese Verletzungserfahrungen. Sie sind gezwungen, sich strategisch im Verhältnis zu ihrem Umfeld zu verhalten. Und nur ein kleines Beispiel, damit Sie so ein Bild nochmal haben, wie Sie damit zum Beispiel mit der Sprache umgehen können. Eine Gruppe, Selbstorganisation queerer Menschen, transnational, trifft sich regelmäßig und einer geht immer raus, wenn er telefoniert. Die anderen wird suspekt, was hat er eigentlich für uns zu verheimlichen? Immer geht der raus, wenn er telefoniert. Diese Atmosphäre von Missstimmung, Misstrauen ist im Raum und dann sagen sie, was ist los? Warum gehst du eigentlich immer raus? Hast du uns was zu verheimlichen? Und dann kommt raus, er spricht immer, traut sich nicht Kurdisch zu sprechen, weil es könnte ja irgendwie anders aufgenommen zu werden. Also wenn er rausgeht, telefoniert er auf Kurdisch. Das heißt, die Frage und die Reaktionen waren, also eine sagte, ich hatte gar keine Exit-Option, ich musste mich verhalten. Es gibt Personen, die sagen, ich habe mir Wissen angeeignet, um es auch weiterzugeben. Andere versuchen normangepasst zu sein, bemühen sich zu integrieren oder andere sich breit zu vernetzen, um vom Objekt zu agierenden Subjekt zu werden, um selbst sozusagen tätig werden zu können. Und wir wissen also, es gibt so eine ganze Palette von Selbstethnisierung. Eine amüsante Strategie ist Dissimulation. Das ist sozusagen jemand, der sich immer woanders irgendwie verhält, um einfach gar nicht in irgendeine Schublade gepackt werden zu können oder auch Neuerfindung, zu sagen, ich will mich ganz verabschieden, Kurdisch interessiert mich nicht, Deutsch und was auch immer, Türkisch und was weiß ich möchte eigentlich eine eigenes neue Sache für mich machen. Zu den Medien werde ich jetzt gar nicht viel sagen, sowohl aufgrund der Zeit, aber auch, weil ich noch gar nicht vorgreifen will, wie die Ergebnisse sind, vielleicht nur so weit. Wir haben für ein Jahr lang die Online-Berichterstattung für Bild, Zeit Online, Frankfurter Allgemeine, Taz, Tageszeitung, Focus Online, Spiegel und Süddeutsche daraufhin untersucht, wie sie und ob sie das Thema Kurdinnen thematisieren. Und das Medien ist insofern hier nochmal ganz wichtig weil sie einen Transfer leisten. Die Frage ist, warum wissen alle was? Und diese Transferleistung darüber, was Gesellschaft weiß, da spielen Medien eine ganz große Rolle und interessant wird zum Beispiel da auch bei Förderpolitiken in Projekten von sozialer Arbeit oder Bildung, wo Personen gesagt haben, naja, ich muss erstmal argumentieren, weil das Wissen, was es gibt bei denjenigen, die entscheiden, das nehmen sie aus den Medien und da ist immer so bestimmte Momente, die da schwierig sind und das heißt, es muss ganz viel Aufklärungsarbeit, ganz viel Gespräche müssen geführt werden, um sich zu erklären, zu rechtfertigen, wenn sie verdächtigt werden in irgendeiner Weise. Und das lasse ich mal, Zwischenergebnisse und offene Fragen, damit würde ich dann jetzt enden. Also es gibt einige Anhaltspunkte für Rassismen der Kurdinnen in Deutschland adressiert werden, und zwar ausgehend von den genannten Dominanzverhältnissen, also die Privilegierung von sozialen Gruppen. Ich hatte Stichworte gesagt, Kriminalisierung, das Thema auch Bildungsbenachteiligung. Das Ganze findet auf verschiedenen Ebenen statt. Es fehlt ganz fundamental an einer Sprache der Auseinandersetzung und der Benennung. Und das führt auch dazu, dass eine offene, kritische und auch konträre Auseinandersetzung mit verschiedenen auch politischen Couleuren gar nicht möglich ist, weil es einfach da noch sehr schwierig und tabuisiert ist. Es ist wichtig und deutlicher noch zu untersuchen und auch zu sehen, wie historisch und politisch die Dinge gewachsen sind und lanciert wurden in bestimmte Bereiche. Und es geht darum, wie kann eine neue Theorie der Nation oder eine postkoloniale Theorie der Nation
auch gedacht werden, also das Verhältnis von Nation in posthomogener Gesellschaft. Das heißt, wir haben hier irgendwie nach Kolonialisierung dieses Nationalstaatskonzept, wir haben natürlich längst Phänomene von Globalisierung, Transnationalisierung und das Ganze, wir sind in so einer Art Zeit der Verhandlungen, der Neujustierung und was hier ganz ein wichtiges Thema ist, dass das Versprechen der Gleichheit und der Menschenrechte nicht gehalten werden kann, dass das zu Glaubwürdigkeitsverlusten und dem Doppelstandards führt, die wahrgenommen werden zwischen zum Beispiel Menschenrechten und Migrationsregimen. Und für das Ganze, vielleicht dieses letzte Stichwort nochmal, mir ist das nochmal wichtig, dass wir uns selbst alle nochmal positionieren und klang. Es geht hier nicht darum, einzelne Nationalitäten oder Ethnizitäten. Es geht um politische Haltungen und es geht darum zu gucken, für die Gesellschaften, wie leben wir zusammen und welche Worte müssen wir vielleicht auch neu finden, welche Praxis müssen wir verändern, damit wir Rassismen nicht reproduzieren, um aus so einer dualistischen Logik des Ganzen herauszukommen. Und wie können wir Verletzungsverhältnisse, die hier zum Beispiel gegenüber Kurdinnen gemacht werden in Deutschland und nicht nur herkommen, auch benennen und auch sie ändern. Und das wäre so mein Wunsch, dass wir es so lang nach und nach tun können. Und das ist jetzt erstmal ein erster Anstoß. Ich habe überzogen, sorry, aber es ging nicht kürzer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für diesen sehr erkenntnisreichen und tollen Vortrag, Professorin Gaderi. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine kurze Verschnaufpause machen. Ich weiß, wir sind zeitlich ein bisschen im Verzug, aber trotzdem, Frau Gaderi hat auch schon sehr, sehr viele Punkte aufgegriffen, die wir gleich auch nochmal besprechen können. Aber lassen Sie uns erstmal 5 Minuten Pause machen und dann geht es hier weiter mit dem ersten Panel. So, wir würden dann mit unserem ersten Panel beginnen. Professor Engin. So, dann herzlich willkommen zu unserem ersten Panel zum Thema antikurdischer Rassismus in der Migrationsgesellschaft in Deutschland. Wir werden hier nun mit unseren ExpertInnen, Frau Professorin Cnur Qaderi und Herrn Professor Kenan Engin, zu diesem Thema diskutieren. Herr Professor Kisselhahn hat leider gestern aufgrund von Krankheit absagen müssen, aber wir freuen uns umso mehr, dass Sie heute da sind. Wie das Panel aufgebaut ist, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, aber Frau Gaderi hat ja auch schon viele Fragen schon vorweggenommen, beziehungsweise die Antworten schon geliefert. Trotzdem werden wir bestimmte Themen vielleicht nochmal vertiefen. Ich würde das gerne jetzt auch mit Blick auf die Zeit, weil wir jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit haben, das ein bisschen offener gestalten, sodass auch Sie aus dem Publikum die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen wir machen das vielleicht ein bisschen interaktiver. Und noch eine Sache, diese Veranstaltung wird ja parallel über den Livestream veröffentlicht. Da haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, über den Live-Chat auch noch Fragen einzureichen. Und wenn wir es nicht schaffen, in diesem Panel diese Fragen zu beantworten, dann werden wir sie auf jeden Fall am Ende in der Fishbowl-Runde auch nochmal aufgreifen.
Bevor wir mit der Diskussion beginnen, würde ich gerne unsere ExpertInnen noch mal kurz vorstellen. Wir haben auf der einen Seite Frau Professorin Gaderi. Sie ist Psychotherapeutin. Seit 2013 ist sie Professorin an der Evangelischen Hochschule in Bochum, hat ihre Schwerpunkte in den Bereichen Diversität und Intersektionalität, Gender und Migration, und sie beschäftigt sich auch viel mit Identitäten und auch mit dem Wandel von politischen Identitäten, neben den vielen anderen Sachen, die sie auch sonst noch machen. Professor Kenan Engin ist seit 2018 Professor für Soziale Arbeit und Politikwissenschaften an der Akon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin, unter anderem mit dem Schwerpunkt Nahe Osten. Hier beschäftigt er sich unter anderem mit transnationaler Migration, postkoloniale und transkulturelle Perspektiven und auch Nahostkonflikten, und hier insbesondere zum Thema KurdInnen, zu dem Themen auch Türkei, Syrien und Irak. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide heute da sind. Wir haben ja heute auch schon gehört, in Deutschland leben schätzungsweise 1,5 Millionen KurdInnen, und damit ist Deutschland auch das europäische Land, in der die meisten KurdInnen leben. Um das Thema vielleicht von Beginn an ein bisschen besser kontextualisieren zu können, wobei wir heute auch schon viel Input zu dem Thema gehört haben, würde ich gerne Sie fragen, Herr Engin, was sind die Ursachen kurdischer Migration nach Deutschland? Wir haben heute schon einiges gehört, aber vielleicht können Sie uns hier noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, aus technischen Gründen und so wie sich auch Herr Professor Engin wohler fühlt, möchte gerne am Rednerpult antworten. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ja. Okay, erstmal einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin, über das Thema, was bisher kaum thematisiert wurde in der Forschung, in der Praxis, in der Wissenschaft, darüber mit Ihnen zu diskutieren. Genau, dann gleich würde ich gerne mit der Frage anfangen, die Sie gerade eben dann gestellt haben. Also kurdische Migration in Deutschland, ein Thema, was mich dann seit langem beschäftigt, weil ich, als ich studiert habe, da wollte ich mich auf jeden Fall mit dem Thema kurdische Migration auseinandersetzen, und in der Zeit dann bin ich dann öfter in den Bibliotheken, hauptsächlich Unibibliotheken gewesen, wollte ich dazu was lesen, und dann anschließend, dann wollte ich natürlich eine Hausarbeit, beziehungsweise später auch dann meine Masterarbeit oder Magisterarbeit darüber schreiben. Und gleich habe ich dann festgestellt, dass es kaum Literatur dazu gibt. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Kaum, habe ich dann absichtlich gesagt, es gibt dort einige natürlich dann, Veröffentlichungen, die in den 90er Jahren veröffentlicht wurden, schon davor auch dann ein paar kleine Büchlein sozusagen, aber mehr dazu gibt es nicht. Genau, zu der Frage der kurdischen Migration in Deutschland. Ich versuche das Thema aus einer historischen Perspektive zu betrachten, und anschließend würde ich gerne an einem Beispiel konkreter darstellen, wie der Rassismus tatsächlich dann in dem Kontext noch thematisiert werden kann. Kurdische Migration, also wenn wir von der kurdischen Migration sprechen, dann sofort, wenn Sie auch die Bücher, die Sie gelesen haben, oder wenn Sie auch dann in den Medien irgendwelche kleine Berichte gelesen haben, dann steht dann sofort, ja, Kurden aus der Türkei, Gastarbeiterbewegung, und ab danach sind die Kurden dann in Deutschland, kurdische Migranten und Migrantinnen. Aber das ist eine offizielle Geschichtsschreibung sozusagen, was nach meiner Meinung nochmal dekonstruiert werden, nochmal kritisch betrachtet werden soll, weil Kurden schon davor in Deutschland gab. In 20er Jahren, in 30er Jahren, 40er Jahren und 50er Jahren kamen dann hier mehrere tausende kurdische Studenten und Studentinnen, um hier zu studieren bzw. hier zu leben, vorübergehend oder für kurze Zeit, für längere Zeit. Unter anderem, wenn man noch eine konkrete darstellen würde, also in den 20er Jahren Bedr-Hans-Brüder. Einige von Ihnen kennen ja die Geschichte von Bedr-Hans' Familie. Genau, schon in diesen Jahren sehen wir schon eine große, praktisch eine Bewegung. Und an diesem Beispiel würde ich gerne das Thema Rassismus, Gino, vielen Dank, dass du dann heute diese tolle Präsentation, ich hoffe, ja, dass das Thema später auch dann von der neuen Generation praktisch nochmal aufgegriffen wird und noch dann vertieft wird.
weil über das Thema dann tatsächlich kaum geschrieben wurde. Genau, zurück zum Thema der 20er Jahren und bei der Khans-Familie. Die kennen Sie vielleicht die 4 Brüder, die hergekommen sind in den 20er Jahren. Tawfiq Ali Badr Khan, Kamran Ali Badr Khan, Jaladet Ali Badr Khan und Safdar Ali Badr Khan. Safdar Badr Khan. Also diese 4 Brüder, die damals hier gekommen sind. Und was passierte mit denen in den 20er Jahren? Also die sind hergekommen. Es wurde gesagt, dass sie ja hier gekommen, um hier zu studieren. Aber der Grund war natürlich die Verfolgung, Unterdrückung im damaligen Osmanischen Reich beziehungsweise in der neu gegründeten Türkei. Das führt einfach dazu, dass sie hergekommen sind. Jetzt dann schauen Sie mal die Geschichte von diesen 4 Persönlichkeiten. Was passierte mit diesen 4 Personen? Da erkennen wir tatsächlich dann auch ein paar Punkte, was für unser heutiges Thema interessant wären. Jaladet Badr Khan hat sich tatsächlich zu der Identität bekennen und dementsprechend hat sich auch so positioniert, hat sehr viel über kurdisches Problem geschrieben, kurdische Identität geschrieben, hat sich dafür eingesetzt. Kamran auch. Die lebten auch dann mehrere Jahre hier. Safdar leider ganz kurz nach seinem Abschluss bei der Disputation leider gestorben und lebt dann noch der Tawfiq. Schauen Sie mal, der Tawfiq, wie Tawfiq praktisch dann sein Leben gestaltet hat und wie Kamran und Jaladet Badr Khan. Während Jaladet Badr Khan und Kamran sich tatsächlich so ihre Identität bekannt haben, hat Tawfiq ganz anderen Weg genommen. Und er hat dann hier studiert, in München studiert und nach in Freiburg promoviert und wollte zurückgehen. Als er zurück in der Türkei war, 20er Jahren oder 30er Jahren, wurde er vor der Wahl gestellt. Möchtest du mit deiner Identität bleiben und dementsprechend, dann hast du keine Chance dann in der Türkei. Du kannst nicht Karriere machen, du kannst nicht dann vorankommen, du kannst nicht aufsteigen in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Business. Was wurde aus Tawfiq? Tawfiq musste eine Entscheidung treffen und er hat so eine Entscheidung, eine Lebensstrategie sozusagen. Auf Tawfiq Badr Khan wurde Tawfiq Çınar. Und dann sein Sohn lebt gerade in Berlin und diese Informationen, die ich gerade eben dann vermittelt habe oder Ihnen erzählt habe, kamen in meinem letzten Interview mit Safdar Çınar, das ist Tawfiqs Sohn praktisch, er hat mir das Ganze praktisch dann erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist. Und dass sogar die familiäre Beziehungen dadurch dann zerstört wurden. Also dieser strukturelle Rassismus, die schon seit 100 Jahren existiert, haben sogar die familiäre Beziehungen kaputt gemacht, sodass Tawfiq nicht mehr mit Badr Khan eine Beziehung dann herstellen konnte. Safdar meinte, der Sohn von Tawfiq, wir hatten ganz, ganz schlechte Beziehungen mit meinem Onkel Kamran Ali Badr Khan. Professor Engin, vielen Dank erstmal für diese Erläuterung. Und das ist sicherlich ein exemplarisches Beispiel auch für viele andere Biografien. Trotzdem möchte ich gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Also viele KurdInnen sind in den 60er, 70er Jahren aufgrund von Marginalisierung, Unterdrückung, aufgrund von Genoziden und Massakern an die kurdische Bevölkerung nach Deutschland gekommen, aufgrund ökonomischer Ausbeutung oder prekären ökonomischen Strukturen und viele sind auch aus der Türkei im Zuge des Anwerbeabkommens nach Deutschland gekommen. Und wenn wir uns beispielsweise die Strukturen ansehen, oder wenn wir uns beispielsweise die türkische Community als Vergleich ansehen, die seit den 60er, 70er Jahren hier in Deutschland sind und sehen, dass sie in vielen politischen Strukturen, in den Medien, in Gewerkschaften, in der Politik, wie schon genannt, sehr, sehr gut vertreten sind oder in diesen Strukturen sich gut organisiert haben und uns dann aber die kurdische Community ansehen, dann sehen wir, dass das nicht so ist. Und ich würde gerne fragen, woran liegt das? Also warum ist das so, dass auch jetzt, so viele Jahre nach dem Anwerbeabkommen oder seitdem die Kurdinnen hier in Deutschland leben, sehen wir nicht oder haben wir nicht diese Wahrnehmung von Kurdinnen?
Würden Sie das so auch bestätigen oder haben Sie da eine andere Sicht dazu? Oder Frau Kaderi, Sie können auch gerne dann später was dazu sagen. Ja, sehr, sehr interessante Frage, die ich mir auch dann mehrmals gestellt habe. Früher auch dann, als ich studiert habe, als ich dann neu daher gekommen bin, als Geflüchteter im Jahr 2000. Aber auch danach, als ich in der Forschung war, die Frage habe ich mir auch öfter gestellt. Ja, warum? Ja, alle anderen Nationalitäten haben Strukturen, haben entsprechende Strukturen, die dazu führen, dass sie sich einfach in der Öffentlichkeit besser darstellen können und so weiter und so fort. Aber bei den Kurden ja, nicht der Fall ist. Aber wenn wir beim Thema bleiben, beim Thema des Rassismus bleiben würden, wir haben ja auch dann bisher öfter festgestellt, dass es Rassismus gibt, ein antikurdischer Rassismus dann hier existiert, hier in Deutschland, und das hat natürlich auch tiefgründige praktisch dann Aspekte, aber dann haben wir nicht darüber gesprochen, wie der Rassismus bekämpft werden kann. Und da dann habe ich mir tatsächlich überlegt, okay, also sowas dann existiert, aber wie kann überhaupt dann Rassismus bekämpft werden? Und da habe ich dann festgestellt, dann komme ich dazu Ihrer Frage, dafür braucht man ja bestimmte Instrumente, Strukturen. Einer davon ist, dass man sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzt. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus oder antikurdischer Rassismus. Und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung braucht praktisch Institutionen, Strukturen. Was sind diese Strukturen? Die Universitäten, diese Forschungsprojekte, Studien, Diskurse und Debatte. Haben wir das leider nicht, weil uns entsprechende Strukturen fehlen. Ja, vielen Dank. Ich würde diese Frage gerne genau, auch... Genau, daher also finde ich, also, dann komme ich dann tatsächlich dann zu Frau Kaderi, also das Forschungsprojekt, was von Frau Kaderi gerade dann gemacht wird oder geführt wird, dann finde ich das tatsächlich dann einmalig. Ich hoffe sehr, dass wir in dem Bereich noch mehr machen werden oder können, und das wäre ein sehr, sehr großer Beitrag dazu. Ja, vielen Dank. Frau Kaderi, möchten Sie dazu noch was ergänzen? Funktioniert, ja. Mir gingen gerade irgendwie noch ganz andere Gedanken durch den Kopf. Die Motivation, auch nochmal zu sagen, warum das Thema anzusprechen, wie auch immer, für mich ist das Wort auch noch nicht zu Ende dekliniert. Ich lebe seit 1979 in Deutschland und diese Anfänge, dass es keine Bücher und gar nichts gab, das kenne ich auch. Und wo ich einfach merke im Laufe der Zeit, wo ich da gemerkt habe, wir müssen irgendwie eine Debatte oder Form oder Gespräch finden, gar nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Wir haben hier eine junge Generation Menschen, die hier geboren werden, die nie im Herkunftsland keinen Bezug haben oder wo die Familie vielleicht da ist, wo sie die Sprache auch nicht können. Die strukturellen Sachen haben wir besprochen. Aber das kann nicht sein, also wir müssen eine Form finden, das, was sie beschäftigt, auch aufzugreifen. Und da habe ich gemerkt, dass viele sagen, ja, für mich ist das gar nicht das Relevanz oder wie ich gerade gesagt habe, ich habe keine Exit-Position. Und viele haben, und das finde ich nochmal wichtig, dass wir jetzt nicht in ethnischen Kategorien denken. Es sind viele hybride Identitäten, es sind Familien, die sind bi und trans und sonst wie national. Und das ist ja die Zukunft und Gegenwart in Deutschland. Und zugleich gibt es aber viele Dethematisierungen, und das passiert gerade gleichzeitig. Also, und dass wir dann nochmal schauen, vielleicht ein Beispiel gleich zu dieser Dethematisierung, was das bedeutet, und dass wir auch schauen, in welcher Position sind wir. Ich habe jetzt ganz viel über KurdInnen gesprochen. Es waren auch in den Gesprächen zum Beispiel Erfahrungen sozusagen gegenüber religiös Esidien, Sunniten oder alevitisch oder auch andere. Das heißt, es gibt je nach Konstellation, dass wir einfach noch eine andere Form von Sprache und Dialog finden,
was die Strukturen und die Politiken versteht und dass wir nicht in Versuchung gehen, selbst uns zu ethnisieren, zu kulturalisieren. Und das ist total schwierig, aber weil die Emotionen ja da sind, weil wir Erfahrungen teilweise gemacht haben mit Diskriminierung, aber da rauszukommen und beides zugleich zu versuchen. Und dann nochmal zu diesen, was passiert, wenn wir nicht sprechen, wenn wir die Erfahrungen nicht ernst nehmen. Ich habe ein Beispiel gehört von, der sagt ja, mein Großvater, der hat nur Kurdisch gesprochen, der konnte nur schlechtes Türkisch und hat Kurdisch gesprochen. Aber in der Familie hat er gesessen und hat immer gesagt, es gibt, wir sind alle Türken. Wir sind Türken. Und das Enkelkind, was in Deutschland geboren und aufgewachsen war, immer, ich verstehe diese Unlogik. Der spricht irgendwie Türkisch mit Akzent, sag ich mal, sagt aber, wir sind alle Türken. Und es war aber alles, und es war für den Großvater trotzdem irgendwie stimmig. Und was da passiert, diese Form von Abspaltung und Dissoziation, und das ist die nächste Generation, die sagt, nee, wir wollen das, was darüber getragen wird, nicht weiter. Und nochmal zurück, warum ich das dann gemacht habe. Ich dachte, mein Gott, als ich in Deutschland gekommen bin, unsere Familie, wir sind geflüchtet 1975 in Iran und später nach Deutschland, 1979, als dann Khomeini-Regime an die Macht kam. Und als wir in Deutschland waren, gab es also ich kannte keine Kurdinnen, also das war gar keine Kategorie. Und ich habe als Jugendliche gesucht und dann habe ich irgendwie von Şengül Şel, da gab es eine der ersten Bücher. Und dann habe ich gesagt, oh super, es gibt mich irgendwo, steht es dann. Und dann kam Erfahrung von Halabja und immer wieder erstmal diese Nicht-Existenz. Und man sucht sich ja auch in den medialen, öffentlichen Bildern. Und später kamen diese weiteren Bilder, also Opfer, dann später Täter, Selbstmörder, dann Heldinnen in den Kampf gegen IS und so weiter. Diese Bilder ändern sich immer wieder und wir nehmen das als Referenzpunkte. Aber wir müssen jenseits dessen auch andere Dialogräume und Gesprächsräume haben, um zu reflektieren, was macht das, wer sind wir, was kann das für die nächste Generation in Zukunft bedeuten, die Auseinandersetzung. Und das ist für mich offen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch in nächsten Gesprächen, das müssen gar nicht, das sage ich mal, Professorinnen hier sitzen. Ich finde es total wichtig, die nächste Generation zu hören und die Erfahrungen, die sie machen, in dem, was sie erleben, als Wissen ernst zu nehmen und zu hören. Weil ich glaube, das ist die Verarbeitung des Vergangenen ist das eine und Zukunftsgerichtetheit ist das andere. Was hängt miteinander zusammen? Wir können die Zukunft nicht ohne die Vergangenheit denken. Ich hoffe, ich war verständlich, aber das, ja. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne vielleicht als nächstes nochmal, weil wir auch nicht mehr viel Zeit haben und es sicherlich noch Fragen seitens des Publikums gibt, auch nochmal eine andere Frage stellen, eine nochmal ganz explizit zu Rassismus und was Rassismus mit Menschen macht. Es wurde heute auch schon angesprochen, dass Kurdinnen sich selbst oftmals zensieren, wenn sie beispielsweise mit anderen Menschen in Dialog treten, sprechen und beispielsweise insbesondere, wenn sie mit Menschen aus ihren Herkunftsländern über politische Thematiken sprechen, die Herkunftsländer betreffen und genau, und um Konflikte zu vermeiden oder weil sie sich auch vielleicht oftmals einfach getriggert fühlen, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben, fühlen sich viele Kurdinnen oftmals dazu genötigt, sich selbst zu verleugnen, ihre Identität zu verleugnen. Sie haben es, glaube ich, heute an einem Beispiel festgemacht, eine Person, die irgendwie immer, wenn die Person Kurdisch sprechen wollte, dann hat die Person immer den Raum verlassen. Was bedeutet das eigentlich? Also was macht das, was bedeutet das für die Betroffenen und was macht das mit einem, wenn man ständig sich selbst verleugnen muss oder einen Teil seiner Identität verleugnen muss? Oder verleugnet, vielleicht sich dazu gedrängt fühlt, sich zu verleugnen. Das ist erstmal sehr unterschiedlich. Es hängt ja davon ab, in welchen Kontexten dieser Mensch ist. Und nicht immer ist es ja relevant, sage ich mal, wie auch immer kurdische biografische Kontext zu thematisieren. Wenn ich also irgendwo bin, wo ich gerade vielleicht, keine Ahnung, im Restaurant esse, sitze oder in der U-Bahn bin, also es ist nicht immer relevant, aber es gibt Situationen, wo es relevant ist und da wäre es wichtig, da selbstverständlicher einfach sprechen zu können. Und natürlich macht es was in dem Sinne zu merken, ich gehöre, also dieses Thema der Unzugehörigkeit oder Zugehörigkeit wird damit angestoßen und die Personen befragen sich, wo stehe ich, wie will ich stehen, was bedeutet das? Und es hängt natürlich von den, ich kann das gar nicht verallgemeinern, weil das finde ich sehr davon abhängt, mit wem und wo man spricht und was es macht, weil das salient sein kann, wie ich gesagt habe, aber es ist ja nicht die Dauergeschichte. Und es hängt von vielen anderen Faktoren ab. Deswegen möchte ich da gar nicht so eine eingleisige Antwort geben. Okay, vielen Dank.
Gibt es denn seitens des Publikums Fragen an unsere ExpertInnen? Wir haben nämlich wirklich nicht mehr viel Zeit und ich sehe hier vorne, ich sehe einige Wortmeldungen. Einmal hier vorne, dann hier und da. Das Mikro bitte. So, einmal der Herr hier vorne. Bitte schön. Ja, meine Frage geht an Frau Kaderi. Um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Natürlich, die Kurden wurden vertrieben, verjagt, getötet, diskriminiert, ausgegrenzt. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch in Gegenwart. In der Türkei, im Iran, auch in Irak und Syrien, aber auch hier in einer Migrationsgesellschaft. Das ist richtig. Aber ich habe ein Problem mit dem antikurdischen Rassismus. Es ist auch so irgendwie eine Grundlage für den sogenannten identitäre Bewegungen, die wir ja auch in Deutschland auch haben. Und ich habe ein Problem, wenn man in der Gesellschaft von antimuslimischer Rassismus redet, weil die Muslime glauben, dass es nur einen Rassismus gibt gegen sich selbst, aber sie selbst ihre eigene Rassismus und Diskriminierung nicht in Frage stellen. Und ich kann das auch verstehen, vielleicht für politischer Aktivismus ist der Begriff richtig, um ein Phänomen hervorzuheben, aber als soziologisch und theoretisch gedacht ist ein bisschen, finde ich, sehr problematisch, wenn man diesen Begriff im Mittelpunkt stehen würde. Und Sie haben auch theoretisch begründet, aber das ist mir nicht so sehr ersichtlich, wenn Sie dann ein bisschen näher definieren. Ich danke Ihnen herzlich für die Frage. Mit diesen Fragen bin ich auch in die Studie reingegangen. Kann man das sagen? Ich habe das auch hatte ich ja gesagt, aus dem politisch-aktivistischen Raum vernommen und habe gesagt, kann man das sagen? Was heißt es eigentlich? Und wenn Sie auf den Titel meines Vortrags geguckt haben, habe ich Anti, in Klammern geschrieben, kurdischen Rassismus, weil ich von vornherein eben genau, was ich gerade gesagt habe, es geht mir gar nicht darum zu sagen, eine Gruppe, ob jetzt Muslime, Kurdinnen oder wer auch immer, sind die immer und nur Adressatinnen von Diskriminierung und Deprivilegierung werden, sondern es geht um die politische Position aufgrund der Historie, die sie haben. Und zugleich habe ich auch die Befragten danach gefragt, das war aufgrund der Zeit jetzt eben nicht so ausführlich möglich, deswegen wollte ich es gerade sagen, dass es immer auf die Konstellation ankommt, wo es natürlich, wie ich gerade gesagt habe, gibt es auch Kurdinnen, die zum Beispiel gegenüber Jesidinnen oder zwischen sunnitisch, Alevi, also immer je nach Konstellation auch rassistisch sich verhalten können. Wobei das gerade in der Theoriediskurs ist, ob eine Gruppe, die mehrheitlich deprivilegiert ist, ob sie überhaupt rassistisch sozusagen sich verhalten kann. Aber dass es Formen von Diskriminierung gibt, steht außer Debatte. Und ich glaube, das ist immer, wenn man in bestimmten Gruppen geht. Und mir geht es wirklich darum, diese strukturelle gesellschaftliche Verankerung. Und weil Sie sagen, das wird aus dem politischen Raum genommen, das ist genau das Ziel, das nochmal zu untersuchen. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich stelle es mit Fragezeichen. Ich bin in einem Prozess, wo ich versuche zu gucken, kann man das sagen, kann man das nicht sagen, welche Anhaltspunkte gibt es und was spricht dagegen. Also da würde ich überhaupt gar keine Kurzschlüsse jetzt machen wollen, weil es ein Forschungsprozess und es ein Zwischenergebnis erstmal ist, wo es Anhaltspunkte gibt. Aber ich bin Ihnen richtig dankbar, dass Sie die Zeit nehmen und auch diese Frage stellen, weil das ist genau das, worüber, vielleicht müssen wir auch einen anderen Begriff finden. Aber ich bin da sozusagen noch in dem Forschung, vielleicht brauchen wir einen anderen Begriff, weil es geht mir darum, die Phänomene der Diskriminierungserfahrung zu beschreiben, die politischen Strukturen offen zu legen, ohne in eine Sackgasse zu gehen. Darum geht es eigentlich. Und natürlich haben Sie recht, je nach Situation kann es auch was anderes geben. Vielen Dank für diese Frage. Meine Frage war auch so ähnlich. Also der Richter hat das von Anti-Islam und so weiter. Ich habe mir mal antisemitische, also das hat mich assoziiert. Sie haben das ausführlich beantwortet, da möchte ich nicht mehr nochmal. Nur eins wissen wir, dass wir eine Terminologie, ja, also die Begriffe haben müssen. Das ist auch ein Fakt. Es gibt in Deutschland eine antikurdische Rassismus, das ist der Fakt, nicht nur unter
Migrationsgesellschaft, sogar in der ganzen Gesellschaft. Darüber muss auch diskutiert werden. Also das war wohl soweit. Ja. Ja, Darf ich dazu einen Satz sagen? Genau diese theoretische Sättigung, die muss tatsächlich noch passieren. Also es muss unter Wissenschaftlern noch passieren. Und Sie haben gerade Antiziganismus, Antisemitismus haben Sie. Aber ich würde sagen, jede dieser rassistischen Formen haben natürlich ihre Typiken, ihre Strukturen, ihre Grundideologien, sage ich jetzt mal. Und natürlich müssen wir die untersuchen und auch gucken, wo es Unterscheidungen und Gemeinsamkeiten gibt. Deswegen also bin ich gar nicht für Kurzschlüsse. Sie konnten quasi mir mit beim Denken ich habe Sie eingeladen mitzudenken, sagen wir es mal so. Also wir sind Immigranten und auch Herr Professor Engin, Sie haben sich mit dem Thema sicherlich beschäftigt. Wir haben den Soziologen, den Fachmann Professor Dr. Ilhan Kizilhan heute nicht da. Er würde bestimmt zum Trauma der erste, zweite, aber auch dritte Generation, was die Assimilationspolitik der Kurdinnen und Kurden, auch nach Einwanderung nach Deutschland, hätte er bestimmt uns einiges erzählen können. Wenn man daran denkt, in 60er und 70er Jahren, die Kurdinnen und Kurden aus Dersim dürften sich aus Angst nicht mal Kurden bezeichnen, weil sie mit dem Konsulat zu tun hatten, weil es sogenannte Gastarbeiter, die haben sich Türken bezeichnet. Wie können Sie als Fachmann das so bezeichnen? Also ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit der Migration, Einwanderung der Kurdinnen und Kurden in Deutschland. Ich bin für NGOs, für die kurdische Gemeinde unterwegs. In den 90er Jahren, nach den Morden an den Migrantinnen, es gab einen Untersuchungsausschuss, um das, also NSU, aufzuklären. Die Opfer, die 3 Kurden, diese Imbissbesitzer, wurden als Türken bezeichnet. Im Endbericht des Untersuchungsausschusses, wo Mehrheit verabschiedet hat, waren als Türken bezeichnet. Ich habe damals Ihren Parteikollegen Edati, glaube ich, der hatte nach einem Skandal zurücktreten müssen, ihn konfrontiert im Bundeskanzleramt, als er seinen Untersuchungsbericht vorstellte, als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, wie er dazu kommt. Die waren aus der Türkei, türkische Staatsbürger, für mich sind die Türken. Diese Gedanke, aber auch die Opfer, Hanauer Opfer, wo ich auf dem Marktplatz dafür kämpfen musste, dass 3 junge Kurdinnen auch unter den Opfern waren, neben dem türkischen Konsul und Didip und Milli Görüş, wie die alle heißen, dass ich auch mit auf die Bühne am Hanauer Markt hin muss, weil der Staatspräsident dazu gesprochen hat. Das war ein Kampf. Zur Staatstrauer für die Opfer wurde die kurdische Gemeinde nicht eingeladen. Die Sprachverbote zum Beispiel, dass die Standesämter 40 Jahre lang die Praxis aus der Türkei so übernommen haben, dass die kurdische Familien ihre Kinder nicht kurdisch Namen geben konnten. Das sind beste Beispiele des antikurdischen Rassismus, dass man hier stillschweigend praktisch zugestimmt hat. Professor Engin, meine Frage an Sie, da haben Sie darüber ein Buch geschrieben. Sie sind keine Psychologe, aber wie können Sie das so erklären, die Situation der dritten Generation quasi, diese Verleugnung? Nee, sehr gerne kann ich dann dazu ein paar Sätze vielleicht dann doch sagen. Vielleicht aus der Perspektive eines Politikwissenschaftlers. Aber davor vielleicht dann kurz auf Ihre Frage, dann Herr Yüksel, was Sie gerade problematisiert haben, und meine Kollegin Gino hat ja darauf dann geantwortet, aber nur einen Satz dazu. Ich verstehe eigentlich nicht so genau, warum Sie den Begriff problematisch finden. Also schauen Sie mal, wenn Sie dann in Google gehen, so ein bisschen recherchieren, ob denn überhaupt dann eine kurdische Rassismus hier in Deutschland gibt oder nicht. Und dazu finden Sie schon einige Berichte, vielleicht keine Studien, keine tolle Forschungsprojekte, aber einige Berichte sehen Sie schon da, wie in den zum Beispiel Schulhöfen das Ganze abläuft. Dass die Kurden, die in der Schule praktisch in den Schulhöfen Kurdisch sprechen und von den Kollegen, die vielleicht dann aus der Türkei kommen oder aus dem Iran kommen, aus dem Irak kommen, gehänselt werden und
unter Druck gesetzt werden und so weiter und so fort. Und das zeigt ja ganz eindeutig, das ist ja der eindeutige Hinweis darauf, dass die praktisch die Leute wegen ihrer Identität, wegen ihrer Sprache diskriminiert werden, ob man als antikurdischen Rassismus nennen soll oder vielleicht einen anderen Begriff dafür finden soll. Dann gerade eben, denn Gino hat ja darauf geantwortet, möchte ich nicht. Wie bitte? Nee, da muss man auch das muss man auch vielleicht dann korrigieren. Wir sind keine politischen Aktivisten und wir sind keine Politiker und Politikerinnen, aber wir haben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung als Wissenschaftler, als Forscher, dass wir auf solche Phänomene reagieren und das Ganze konzeptionalisieren und darauf dann Antwort suchen. Ich würde gerne... Genau, und dann anschließend dann, lieber Mehmet, auf deine Frage. Ja, eine berechtigte Frage. Du hast eigentlich deine Frage selber geantwortet, aber trotzdem dann vielleicht 2, 3 Sätze dazu. Also Punkt 1, als die Kurden dann herkommen, dann in den 20er Jahren, die waren Türken oder Osmanen. Dann in den 60er Jahren, die waren dann Gastarbeiter aus der Türkei. In den 80er Jahren irgendwelche Leute, die politisch verfolgt werden, die kommen aus der Türkei oder aus Syrien, Syrer, Araber, Perser, Türken. Aber so Kurden im Nebensätzen immer da aufgetaucht. Und danach, ab 2000 so, hat man so gesagt, ja, die Kurden kommen aus der Türkei, weil sie da, oder man sagte, Gino, du hast, glaube ich, dafür so einen coolen Begriff gefunden in deiner Dissertation, habe ich gelesen, also türkische Kurden oder syrische Kurden. Was für eine Bezeichnung da? Die Kurden sind Kurden, man sagt ja nicht dann hier deutsche Franzosen oder arabische Kroaten, sagt man ja nicht. Aber ja, wie gesagt, also solche Bezeichnungen und das wurde ja praktisch das Ganze auch dann in den Köpfen der Menschen auch das zementiert in der Gesellschaft. Sowohl Mehrheitsgesellschaft, auch die Kurden selbst, okay, ich bin aus der Türkei, ich bin türkeistämmige Kurde und die haben so verinnerlicht sozusagen solche Bezeichnungen und erst ab 2015, als die Kurden natürlich für die vielleicht die gesamte Welt sich gegen den IS gesetzt haben, dann gesagt, ja, Kurdenhelden und machen tolle Sachen und so weiter und so fort. Aber das wurde auch wieder schnell vergessen und wir sind praktisch da, wo wir in vielleicht 20 oder 30 Jahren waren. Wie der Kurden, wenn man über die Kurden spricht, dann sofort, dann klar, Terrorismus und so weiter und so fort, das kennen Sie ja, muss ich ja gar nicht so lange ausführen. Aber in den 60er Jahren, warum die Kurden sich dann nicht so offen ja, zu ihrer Identität dann bekannt haben. Dafür ist hier praktisch dann schuldig nicht der Kurden selbst, würde ich sagen. Er wird dann werden meistens der Kurden beschuldigt. Nein, ich würde sagen, na doch die Erfahrungen, die sie gemacht haben in den jeweiligen Ländern, weil sie verfolgt wurden, weil sie einfach dann vernichtet wurden, ermordet wurden. Als sie dann hergekommen sind, dachten okay, ich muss dann aufpassen. Erst in den 80er Jahren, als die politisch Verfolgte herkamen, praktisch dann konnten sie mit den Gastarbeitern über das Thema sprechen und danach dann sagen, ja, pass auf und so weiter. Erst danach, da kam praktisch eine neue Wende bei den Gastarbeitern, dass sie gesagt haben, ja, wir sind Kurden, wir sind Aleviten und so weiter. Ja, vielen Dank. Ich merke, da gibt es viel zu sagen. Wir haben allerdings nicht mehr so viel Zeit. Frau Gaderi, vielleicht ganz wenn Sie sich ganz kurz fassen. Wir haben aber auch noch einige Fragen hier im Publikum. Ja. Ich sehe sogar sehr viele Fragen. Ja. Ich glaube, das werden wir jetzt in diesem Panel leider nicht mehr beantworten können. Vielleicht können Sie sich Ihre Fragen aufheben für die Fishbowl-Runde, weil das ist viel offener gehalten und dann die Fishbowl-Runde werden wir nur Ihnen widmen. Sie und dann vielleicht noch hier 2, 3 Fragen und dann... Ich will nur versuch's in 3 Sätzen ganz kurz zu machen. Die Frage, kann jemand, der auch betroffen ist, Wissenschaft machen und ist er dann Aktivist? Weil das ist nämlich sage ich mal, so eine klassische Argumentation. Und aus wissenschaftlicher Sicht kann ich Ihnen sagen, dass innerhalb der Wissenschaft mittlerweile das kein Thema mehr ist, sondern im Gegenteil, es wird ganz viel partizipative Forschung und die Perspektive von Menschen, die auch eine Erfahrung haben, wird auch wissenschaftlich als ein Mehrwert gesehen. Also ich glaube, ich will gar nicht die Theorien alle raufreißen, aber das wollte ich nochmal so in Klammern setzen, also diese Debatte gab es in den letzten Jahrzehnten ganz viel, gar nicht mit Kurden, sondern mit ganz anderen Themen, Beeinträchtigung, Disability, Gender und so weiter. Das Zweite ist, die Frage von Traumatisierung. Ich habe aus diesen Emotionen, die hier im Raum sind, fühle ich mich in einer Sache von meinem Vortrag einfach bestätigt. Es geht hier darum, dass Themen, dass wir sozusagen direkt auf diese Plätze reingehen, die politisch und gesellschaftlich uns sozusagen angeboten werden.
Und was hier fehlt oder was sozusagen, damit wir nicht wegen der Emotion nicht darüber sprechen, was ist, auf einer Sachebene fehlt Repräsentanz und Anerkennung. Und dass das, was passiert ist an Verletzungserfahrungen, Eingang findet in eine gemeinsame Erinnerungskultur, Geschichte und Verarbeitung. Und das passiert nicht. Ich mache das fast nicht auf. Psychotraumatologie ist auch mein Fach, könnte ich auch ganz viel zu sagen. Aber der Heilungsprozess, nur am Ende sage ich mal, Heilungsprozess gelingt dann, wenn es Resonanz gibt, wenn das, was erfahren wird, auf der anderen Seite auch emotional ankommt, wenn Empathie noch im Raum ist und man sich gegenseitig zuhören kann und hören kann, wer wie welche Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch brauchen und dafür haben wir offensichtlich noch keine Sprache. Ich würde jetzt wirklich nur noch die drei Personen, die sich jetzt vorhin schon gemeldet haben, einmal hier vorne, dann der Herr, der sich da meldet und die Dame im Pink. Vielleicht können Sie, Entschuldigung, die Dame, die dieses wunderschöne pinke Pullover angezogen hat heute. Genau, bitte vielleicht ein bisschen... Ja, danke. Sinan Atta ist mein Name von der DKG in Gießen. Also zum Rassismus bei den Türken ein ganz einfaches Beispiel, aber ich möchte was anderes sagen in Richtung Frau Professor Gadari. Also der Rassismus, wenn ein Türke einen begegnet, dann sagt er immer, bist du ein Türke, also Türkmüssen. Der fragt nicht, ob du Türkisch sprichst, der fragt immer, bist du ein Türke. Das gibt es nirgendwo auf dieser Welt. Wenn du nach Frankreich gehst, dann fragst du, können Sie Französisch, können Sie Englisch. Also wenn jetzt sowas gestellt bekommt als Kurde, wie willst du auf so eine offene Frage reagieren? Also das nochmal als Beispiel vorweg, was dieser alltägliche Rassismus von den Türken in der Gesellschaft noch in 2022 hier in Deutschland. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Das ist das Thema Medien. Das hatten Sie in Ihrem Quadrat ja angesprochen. Ich weiß nicht, wie tief das geforscht wird. Auch die deutschen Medien machen sehr viel Rassismus. Wenn Sie mal die Berichte lesen, von links bis nach rechts, also von den Axel Springer Verlag auch bis zu TASS, egal wenn ein Konflikt von den Kurden beschrieben wird, ist immer zum Schluss so ein fertiger Textpassage, die da reinkommt. Ja, die PKK ist auf der Terrorliste, die kurdische JPG wird von links und links. Da steht immer unten dran, egal welcher Text beschrieben wird, welcher Konflikt beschrieben wird. Und das ist auch immer ein Narrativ, was letztendlich von der Türkei reinkommt. Die Frage ist, was will die Presse immer damit zum Ausdruck bringen? Und das ist auch wirklich mal wichtig, in dieser Forschung mal zu erleuchten und zu erforschen, was die Medien dadurch erreichen wollen, weil das finde ich auch als ein großer Rassismus, weil das gibt es wirklich auch nirgendwo, wenn Sie mal Berichte, egal über welchen Konflikt lesen, wird das nirgendwo. Das ist genau dieses Narrativ, was wirklich von der Türkei bedient wird, wo die Medien sich immer permanent rechtfertigen, egal über was die berichten. Und das ist auch wirklich wichtig, dass Sie das mal mitnehmen. Ich danke Ihnen. Haben wir im Blick? Ja. So, vielen Dank. Genau. Mir ist noch mal ganz wichtig, auf die Begrifflichkeiten einzugehen, antimuslimischer Rassismus und antikurdischer Rassismus, nämlich das doch ganz klar zu benennen. Es gibt Rassismus gegen Kurden und gegen Muslime oder gegen Sinti und Roma. Antisemitismus wiederum, also beide Begriffe fallen unter Diskriminierung. Natürlich, ich kann von Rassismus betroffen sein, aber gleichzeitig mich auch rassistisch äußern. Und ich finde es sogar, also besonders heute auf diesem Fachtag, ganz, ganz wichtig, dass wir das ganz klar benennen. Es gibt antikurdischen Rassismus und vielleicht mitzudenken, okay, auch Kurden können sich rassistisch äußern, aber ich finde es leider überhaupt nicht relevant oder auch sehr, sehr, ja, ich sag mal, gefährlich irgendwo auch zu sagen, es würde den Begriff oder man hätte ein Problem mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus. Ich finde, das muss man ganz klar benennen und das wäre mir auch vor allem vielleicht in Ihrer Studie auch nochmal ganz wichtig, dass es dann ganz klar darum geht, um den Rassismus gegen Kurden. Ja. Vielen Dank. Der Herr hier vorne? Ja. Entschuldigung, jetzt ist der Herr hinter Ihnen dran. Ja. Vielleicht danach kommst du. Ich werde auch nichts Neues sagen. Mit Rassismus habe ich auch in der Türkei auf alle Ebenen Erfahrungen gemacht, sowohl in der Schule als auch während meines Studiums. Und infolge dieser Erfahrungen, wie viele andere Leute, musste ich auch mich hier in Sicherheit bringen.
Was ich hier erlebt habe, war interessant, weil ich dachte, dort werden Kurden unterdrückt, aber hier kann man sich in der Art von solcher Unterdrückung sicher fühlen, sich von solchen Gedanken freier benehmen. Das Gleiche habe ich hier auch gemacht und sogar, was vorhin gesagt wurde, nicht nur in Medien, auch in Bildungsinstitutionen, tagtäglich erfahren wir das. Ja? Als Familie, als wir auch unserer Tochter kurdische Namen geben wollten, das war eine große Hürde bei Standesbehörde, wirklich mit Unterlagen, mit Nachweisen, dass das geklappt hat, am Ende wir kurdische Namen unserer Tochter geben könnten. Und dank das Buch von Mehmet Şahin, weil von Innenministerium dieser Buch für Standesamter empfohlen war es möglich. Sonst hätten wir keine Chance, hier in Deutschland unserer Tochter einen kurdischen Namen zu geben. Ich habe Freunde, die in der Türkei als Lehrer gearbeitet haben, als Akademiker gearbeitet haben, aber auch infolge dieser Politik hier sich in Sicherheit gebracht haben. In einer Institution, die mehrheitlich in Frankfurt, mehrheitlich von Türken gegründet wurde und viele Aufträge im Bildungsbereich, bekommt, dass sie sich bei dieser Institution als Pädagogen sage ich hier, sich nicht trauen, sich zu outen, dass sie Kurden sind. Ja? Die sind Erwachsene, die sind Erfahrene, die sind Pädagogen. Ja? Die sind diejenigen, die eigentlich bei Identitätsbildung Kinder helfen. Ja? Das tue ich auch, wenn ich zu türkischen Familien gehe, als Familienhelfer sie betreue. Mir ist sehr wichtig, dass auch türkische Kinder ihre Identität wissen, über ihre Identität Informationen haben, dass sie sich auch als Türken hier outen können. Warum ich das sage, ich habe lange Zeit, diese Erfahrung haben wir alle gemacht, aber lange Zeit habe ich auch mir von Wissenschaftsseite gehofft, dass das so eine Erklärung gibt, dass das so einen Namen gibt. Und zum ersten Mal, als ich antikurdischer Rassismus in der Migrationsgesellschaft gestoßen bin, habe ich gesagt, genau das spricht mich an. Ja? Ich meine, das sind meine Erfahrungen, aber meine Erfahrungen sind nicht nur meine Erfahrungen, sondern Erfahrungen von mehreren Leuten. Und ich denke, mich spricht, das ist auch eine Bezeichnung, das ist auch eine Definition für das, was ich erlebt habe. Und kann ich das nachvollziehen. Deswegen, danke für diese Forschung und Untersuchung, die Sie gemacht haben. Ja, vielen Dank auch nochmal für dieses Statement. Möchten Sie noch was da sagen? Okay, gut, dann würde ich gerne jetzt eine Pause machen. Ich weiß, es gibt hier noch Fragen, aber mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt leider die Mittagspause machen. Es gibt in der letzten Runde, heute im letzten Panel, noch die Möglichkeit, auch weitere Fragen zu stellen oder auch Statements abzugeben. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute hier waren, mit uns hier diskutiert haben. Wir hören Sie sicherlich noch im Laufe des Tages und Ihnen allen wünsche ich jetzt erstmal einen guten Appetit. So, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite noch an alle Interessenten zu dieser wichtigen Veranstaltung Antikurdischer Rassismus. Wir werden in diesem Panel jetzt versuchen, die Fragen zu erläutern, wie es mit dem antikurdischen Rassismus aus den Herkunftsländern aussieht. Danke, Kakoait. Bisschen lauter werde ich sagen. Antikurdischer Rassismus aus den Herkunftsländern. Wir haben hier sehr wichtige Gäste, die sehr gut in ihren Bereichen dazu uns unsere Fragen beantworten können. Ich werde kurz zum Ablauf ein paar Sachen sagen. Also es sieht so aus, dass die verschiedenen Referenten hier von mir Fragen bekommen und im Anschluss 15 Minuten dazu haben wir dann eine Fragerunde aus dem Publikum. Wir können die leider nicht länger als 15 Minuten machen, da wir unter Zeitdruck sind, aber im nächsten Fishbowl könnt ihr dann all eure Fragen dann beantworten.
Als erstes möchte ich Professor Susanne Schröter herzlich begrüßen. Sie ist Ethnologin, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Dankeschön. Dann habe ich hier Herr Dr. Ismail Küpeli, er ist Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln. Lieber Ismail, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Herr Kakshar Oramar, er ist Autor und Journalist. Lieber Kakshar, willkommen. Und sein Dolmetscher Jiar, Mikrofon festhalten. Super, dann beginnen wir auch gleich. Meine ersten Fragen werden sich an dich, liebe Susanne, richten. In der arabisch-islamischen Welt, beziehungsweise im Nahen Osten und all den Herkunftsländern und angrenzenden Staaten im Nahen Osten, wo die Kurden leben, gibt es einen gewissen Konsens in Bezug auf Palästina. Man möchte einen palästinensischen Staat und man gibt den Palästinensern auch das Recht, einen eigenen Staat zu haben, im Gegensatz zu den Kurden. Woraus resultiert das Verweigern der kurdischen Selbstbestimmung im gleichen Atemzug mit den palästinensischen Selbstbestimmungsrechten? Naja, so wie ich das sehe, die Solidarität mit den Palästinensern kostet nichts. Ja, das kann man einfach mal dahin sagen, da kann man sich sozusagen aufplustern als großartig, solidarisch und macht auch noch ein politisches Statement. Außerdem vereint das gewissermaßen auch die islamische Welt selbst, die Schiiten mit. Also selbst der Iran hat sich ja, nachdem Ayatollah Khomeini an die Macht kam, nachdem der Schah gestürzt wurde, als Schutzpatron der Palästinenser in Szene gesetzt und da so ein Schulterschluss sehr erfolgreich mit den konservativen Sunniten vollzogen. Also das funktioniert gut, ohne dass es jemand wirklich was kostet. Warum unterstützt man die Kurden nicht? Weil Kurden in dem Siedlungsgebiet leben, das man für sich beansprucht. Das gilt sowohl für den Iran, als auch für den Irak, als auch für Syrien und für die Türkei. In all diesen Ländern hat man Angst vor Unabhängigkeitsbewegungen, vor separatistischen Bewegungen, übrigens nicht nur kurdischer Art. Im Iran sehen wir das auch mit den Belutschen jetzt ein großes Konfliktpotenzial darstellt. Also alle Nationalitäten, die innerhalb dieser 4 Staaten sind, müssen irgendwie unter Kontrolle gehalten werden. Ja? Sonst hat man Angst, es entgleitet einem etwas und letztendlich steht dahinter so die Idee, die Atatürk ja auch mal vorangetrieben hat, man muss mit äußerster Härte die Grenzen des Territoriums bewahren und jede Art von Unabhängigkeitsbewegung unterdrücken. Ansonsten wird die Nation sich wieder auflösen. Und das ist so sozusagen so eine Angst, die da immer mitschwingt. Man möchte also eine staatliche Kontrolle haben, man möchte aber auch eine hegemoniale Kontrolle haben. Und da sind wir dann auch wieder beim Islam. Man möchte auch eine bestimmte Art von Religionsverständnis durchsetzen. Und sehen wir jetzt auch im Iran gerade wieder, was das bedeutet. Also diese Art von schiitischem Islam mit all diesem normativen Gepäck, wie man sich auf der Straße verhalten soll, wie Frauen auszusehen haben. Dazu kommt dann eine kulturelle Hegemonie, die führt letztendlich dazu, dass in vielen Gebieten Kurden nicht ihre Sprache sprechen dürfen, nicht die Sprache im Unterricht anwenden dürfen, dass die Kinder, wie Mehmet Tanriverde ja schon gesagt hat, die Kinder ihre Sprache verlernen. Also da gibt es einen ganz starken Assimilierungsdruck. Ja? Auch natürlich bedingt dadurch, dass man sagt, wenn alle assimiliert sind und niemand mehr überhaupt eine eigene Identität hat, dann gibt es auch keine Aufstände mehr. Und das ist natürlich letztendlich auch eine politische Hegemonie, also ein Nationenverständnis, das äußerst repressiv ist. Und da möchte man alles, aber den Kurden bitte keinen eigenen Staat geben, weil, und das ist ja auch klar, wenn es einen kurdischen Staat gäbe, ein vereintes Kurdistan, ein politisch vereintes Kurdistan, dann wäre das ein politisches Schwergewicht. Ja? Das ist nicht einfach nur eine kleine Enklave, die man tätscheln kann, sondern das wäre tatsächlich ein politisches Schwergewicht. Und das wird von diesen 4 Staaten mit aller Macht unterbunden. Danke für die Antwort. Sie haben es ja kurz, du hast es ja kurz angedeutet.
Islamismus und Nationalismus ist irgendwie hybrid verankert im Nahen Osten. Also das sieht man bei den Palästinensern, dass man unter Allahu Akbar rufen seitens der Hamas für einen Staat kämpft, was eigentlich widersprüchlich ist, weil das Geistige und das Weltliche eigentlich getrennt sein sollten in religiösen Auffassungen. Sie haben ja einiges zum politischen Islam geschrieben und der politische Islam ist ja im Nahen Osten sehr weit verbreitet. Eigentlich jeder Staat beansprucht das Islamische, das Muslimische. In verschiedenen Staaten ist die Scharia die Basis der Verfassung oder der Rechtsprechung. Das hat man in einer Auswirkung gesehen, als der IS auch gekommen ist. Dazu wäre meine Frage: Der IS war eine religiös-radikale dschihadistische Terrororganisation und ist immer noch eine Bedrohung. Wieso hat der IS und auf welcher Basis der islamistischen Ideologie den Kampf gegen die Kurden und die Bestrebung der Kurden in so einer Härte gegen die gesamten Kurden im Irak und in Syrien betrieben? Ja, der IS hat alles quasi zum Auslöschen freigegeben, was seiner Vorstellung von Islam nicht entsprochen hat. Das galt auch für die Schiiten im Übrigen, die auch ausgerettet werden sollten, aber die Kurden galten eben auch als gottlos. Ja, als gottlos, noch nicht mal als Menschen des Buches, sondern als sozusagen Antithese zu dem, was der IS als Islam, als Rechtgläubigkeit, als Gottgewolltheit verstanden hat. Und dazu kam nun auch, dass die Kurden einen enormen Widerstand entgegengesetzt haben. Und dass nicht nur die Männer Widerstand entgegengesetzt haben, sondern dass die Frauen, die alten Leute, die Kinder, also alle letztendlich die kurdischen Gebiete verteidigt haben, sehr erfolgreich verteidigt haben. Das war sozusagen das Stoppschild für den IS, kann man das mal sagen, psychologisch gesehen eine enorme narzisstische Kränkung. Die sind vorher durchmarschiert überall, die haben Mosul eingenommen in ganz, ganz kurzer Zeit und waren sich so siegessicher. Und die Propaganda war ja auch, die in alle Welt hinausging, mit unserer Ideologie. Wir haben sozusagen Gott im Rücken, ja, wir sind die Rechtgläubigen und Gott hilft uns. Der wird dafür sorgen, dass wir im Sturm die ganze Welt erobern und als erstes mal den Nahen und Mittleren Osten unterwerfen. Und es sah ja so aus für alle, als ob hat ja keiner erst mal verstanden, wieso geht das plötzlich so schnell? Und dann sind sie an den Kurden zum Stehen gekommen. Ja, das war eine unglaubliche Kränkung. Und da muss sich so ein IS-Oberer doch gefragt haben, ist Gott wirklich noch auf meiner Seite, wenn die Kurden uns hier zum Stehen bringen? Ausgerechnet auch noch die kurdischen Frauen, die waren ja sozusagen der Teufel in Person. Und dann, muss man sagen, haben sie sich an den Kurden ja tatsächlich nachhaltig blamiert. Und der Krieg gegen den IS wäre ja niemals ohne die Kurden gewonnen worden. Das muss man sagen. Ja? Natürlich haben die Amerikaner irgendwann eingegriffen, aber dennoch, letztendlich ist die Niederlage, ist der Sieg über den IS, ist den Kurden zu verdanken. Und da kann man also ganz 99%. Ja. Ja, Stichwort war, Gott ist auf unserer Seite. Ähnliches haben wir erlebt, als die türkische Armee in Afrin anmarschiert ist. Hier in Deutschland haben wir die Bilder noch im Kopf, wo beispielsweise Herford in der DİTİB-Moschee für die Soldaten gebetet wurde. Theateraufführungen, wo kleine Kinder in Soldatenklamotten zu Grabe getragen wurden, im Theaterstück natürlich. Gott ist auf unserer Seite ist auch oft oder sehr, sehr oft die Parole der AKP. Erstmal die erste Frage dazu: Wie islamistisch würden Sie die AKP einschätzen? Ist die AKP vielleicht radikal islamistisch oder benutzt sie den Islam, je nachdem? Die zweite Frage wäre: Welche Auswirkungen hat es, wenn eine religiöse Institution wie die DİTİB, die Hunderttausende wie soll man das sagen, Menschen, die in Hunderttausende in den Moscheen beten, einen gewissen Einfluss in Deutschland haben und von der türkischen Religionsbehörde gestützt wird? Das wären die zwei Fragen. Also die AKP ist in den letzten Jahren immer islamistischer geworden unter Erdogan. Eigentlich hat er das von Anfang an angekündigt, aber man kann schon, wenn man sich die Geschichte anschaut, glauben, dass er eine langfristige Strategie hatte und erst langsam mit seinem eigentlichen Ziel
herausgerückt ist, dass er ja schon früh mal gesagt hat, die Demokratie ist bloß der Zug, auf dem wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Und das Ziel ist ein islamistischer Staat letztendlich. Und dafür nutzt er die AKP, aber er nutzt natürlich auch die Diyanet, ja? Die Religionsbehörde, die ja die Behörde ist, die am meisten Geld bekommt. Und Auslandsdependancen unterhält unter anderem die DİTİB. Ja. Die DİTİB ist ja nichts anderes als eine Auslandsdependance der Diyanet. Und Sie haben recht, ich glaube 1000 Moscheen gibt es in Deutschland. Das ist wirklich die größte islamische oder islamistische Gruppe mit einer islamistisch-nationalistischen Ideologie. Ich meine nicht, dass jede DİTİB-Moschee islamistisch-nationalistisch ist. Es gibt sicherlich auch Moscheen, die sagen, ja, irgendwo müssen wir ja beten oder irgendwo müssen wir unser Gotteshaus haben, aber die Organisation ist es. Ja? Wenn man sich die Organisation anschaut, da gibt es gar keinen Zweifel. Das ist eine islamistische Agenda, ist auch übrigens eine anti-integrative Agenda. Und dazu muss man noch sagen, es ist ja nicht nur die DİTİB. Wir haben hier die Milli Görüş, auch zweitgrößte islamistische Gruppe, die sehr, sehr eng auch mit der DİTİB immer wieder zusammenarbeitet. Zum Teil noch die VEKZ, die Süleymanci, ein bisschen anders gelagert, aber auch da, ich habe ja selber lange Zeit Feldforschung in Moscheen hier durchgeführt und da konnte man auch sehen, dass die Verbindungen sehr, sehr eng sind, ja, sind sehr freundschaftlich, man spielt miteinander Fußball, man betet miteinander, geht man heute in die Moschee, morgen in jene Moschee und es gibt doch eine sehr stark vereinheitlichte Ideologie. Und das Problem ist, dass diese Organisationen die privilegierten Partner des deutschen Staates sind. Das muss man ganz klar sagen. Das ist sowohl für die Muslime in Deutschland eigentlich ein fatales Zeichen, dass nur diese Organisationen wirklich wahrgenommen werden, dass die in der Islamkonferenz auftauchen. Übrigens gibt es noch eine vierte Organisation, der Zentralrat der Muslime, ist die kleinste. Man denkt immer, es ist die größte, weil der Zentralrat heißt, es ist nur ein Agitprop-Trick quasi, ist aber die kleinste. Und da ist wieder, das ist ein Sammelsurium an islamistischen Organisationen, die größte ist die ATIP. Das sind die Grauen Wölfe. Ja, also eigentlich eine nationalistische Gruppe, die jetzt den Islamismus mit ins Boot geholt hat. Also das heißt, wir haben auf der Ebene der Partner in Deutschland, auf islamischer Seite, haben wir fast ausschließlich islamistische Organisationen, die im Übrigen jede Kritik an ihrer Ideologie als antimuslimischen Rassismus ablehnen. Das muss man dazu auch mal sagen. Und dass diese Abwehr von Kritik, die haben wir mittlerweile eben nicht nur auf der Ebene der Politik, die gerne mit den Leuten verhandeln möchte, gerne Kooperationen eingehen möchte, sondern die haben wir auch in weiteren Bereichen, beispielsweise der Wissenschaft und des Kulturbetriebs. Und das ist insgesamt, halte ich das für eine pluralistische Gesellschaft wie unsere und für eine demokratische Gesellschaft für fatal, wenn wir antidemokratische Akteure sozusagen als privilegierte Partner des Staates annehmen. Vielen Dank. Danke für diese ausführliche Unterweisung da. Es ist sehr besorgniserregend, wie stark islamistische Organisationen und verschiedene Moscheeverbände einen Einfluss auf die deutsche Politik haben. Der Mehmet hat es vorhin angesprochen, als Hanau passiert war. Da war der Zentralrat, den Sie gerade angesprochen haben, auch präsent. Und neben dem Bundespräsidenten zu sitzen oder zu stehen bei so einer symbolträchtigen Veranstaltung, zeigt ja, wie schwer es ist, diese Verbindung aufzulösen. Dafür haben wir dieses Panel. Ismail, du beschäftigst dich sehr, sehr, sehr viel mit Rechtsradikalismus, Rassismus, antikurdischen Rassismus. Meine erste Frage an dich ist, wie weit reicht der türkische Nationalismus und Rassismus zurück? Gibt es eine Verbindung und wo hört Rassismus auf? Wo fängt Nationalismus an oder umgekehrt?
Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Ich glaube, man muss tatsächlich das sehr deutlich aussprechen. Und da gibt es durchaus ein großes Problem auch in den deutschen Debatten um Rassismus und Antirassismus, dass wir im Fall des türkischen Rassismus, und ich glaube, man muss diesen Rassismusbegriff da an der Stelle sehr stark nutzen, insbesondere wenn wir über die Herkunftsgesellschaften reden, weil da den türkischen Rassismus in der Türkei zu leugnen, wäre völlig absurd. Das große Problem ist, dass wir bis heute in der Debatte ganz viele Leugnungen, Negierungen und auch Relativierungen erleben. Das heißt, auch solche Versuche, dass man den türkischen Rassismus als eine Form des übersteigerten Nationalismus irgendwie deuten will. Also auch da bis in die jüngste Zeit tatsächlich auch in den Medien solche Versuche, das zu relativieren oder wegzureden. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir das auch klar machen, dass der türkische Rassismus gegen Kurdinnen, aber auch gegen viele andere Bevölkerungsgruppen in der Türkei etwas ist, was eigentlich eine zentrale Säule sowohl des türkischen Staatsverständnisses bildet, als auch des türkischen Nationalismus, sowohl in der klassischen, staatstragenden, offiziellen Form, aber auch in der rechtsextremen Variante. Also das ist kein Phänomen, den man jetzt irgendwie in eine rechte Ecke schieben kann und sagen kann, das betrifft nur die Grauen Wölfe oder andere solche Kräfte, sondern wenn wir uns quasi das Staatsverständnis der Türkei uns anschauen, auch die Äußerungen von Mustafa Kemal und andere anschauen, die immer wieder von Blut, Rasse und Herkunft reden, aber im Sinne von, dass es sehr, sehr klar einzugrenzen ist, nämlich, dass jemand, der außerhalb dieser sehr engen Definition steht, gar nicht Teil der Staatsnation werden kann, dann muss man jetzt, glaube ich, klar machen, dass wir an der Stelle doch sehr stark den Begriff des Rassismus nutzen müssen. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele zitieren, das werde ich jetzt auch aufgrund der Zeit vermeiden. Wer sich damit mehr beschäftigen möchte, in der Dissertation Die kurdische Frage in der Türkei habe ich diese ganzen Äußerungen von Mustafa Kemal, von der gesamten Staatsspitze der Türkei mir angeschaut, auch angeschaut, wie medial zum Beispiel die Gewaltpolitik gegen Kurdinnen legitimiert wurde, indem eben Kurden zum einen geleugnet werden, das ist auch bis heute zum Teil nach wie vor existent, aber auch eine Dehumanisierung, also eine Entmenschlichung der Kurden, nämlich eine Zuschreibung, dass das ja keine richtigen Menschen sind und deswegen ihrer Ermordung eigentlich auch gar nicht quasi ins Gewicht fällt. Ich glaube, da muss man sich klar machen, dass diese Form des Rassismus in der Türkei etwas ist, also im nächsten Jahr erleben wir die 100-jährige Geburtsfeier der Türkei und man muss das mindestens in diesen 100 Jahren sehen, dass wir hier eine Form des Rassismus haben, der vom Staat propagiert, durchgesetzt und reproduziert wurde. Und das zieht sich durch alle Bereiche der türkischen Gesellschaft, also Bildung, Medien, eigentlich in alle Bereiche. Das heißt, das wegzureden zu wollen, da muss man ganz stark davon wegkommen. Und dann kann man sich fragen, inwieweit das für Deutschland eine Rolle spielt. Das ist aber eine zweite Frage. Also wenn wir schon bei der Leugnung des ersten anfangen, nämlich sagen, es gibt keinen türkischen Rassismus oder ob der Begriff Rassismus passt, ja oder nein, darüber diskutieren wir. Nein, das ist eigentlich inzwischen wissenschaftlich aufgearbeitet und eigentlich recht klar, dass wir von einem türkischen Rassismus gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen reden, in der natürlich auch der Islam, auch diese Instrumentalisierung der Religion natürlich auch eine Rolle spielt. Wenn wir uns auch da deutlich klar machen, dass insbesondere in dieser frühen Phase die Ermordung und Vernichtung der christlichen Bevölkerungsgruppen natürlich auch entlang religiöser Narrative erfolgt ist. Danke sehr du hast es ja kurz angesprochen. Nicht nur die Kurden sind davon betroffen. Beispielsweise, was in Deutschland als klar rassistisch gilt, ist in der Türkei meistens oft ein Konsens. Beispielsweise Antisemitismus, Weltverschwörungstheorien, Amerikafeindlichkeit und die Verbindung zwischen Antisemitismus, Amerikafeindlichkeit und in der Verbindung zum Freiheitsbestreben der Kurden gilt als eine Tatsache. Armenier ist immer noch eine Beleidigung, als Armenier bezeichnet zu werden in der Türkei. Die Kurden werden oft als die ausführenden Kräfte dieser geheimen Agenten, die die Türkei spalten wollen, gesehen. Und wie du es gesagt hast, wir können uns darauf einigen, dass der Kemalismus mit der Gründung der Türkei die offizielle staatliche Legitimität für Rassismus in der Türkei gegen Nicht-Türken ist.
Woher kommt dieser tiefe Hass und diese Verachtung gegen die Kurden? Ich möchte das so klar formulieren, weil beispielsweise das Wort Kurdistan auszusprechen schon in der Türkei ein Grund sein kann, um gelyncht zu werden. Woher kommt dieser tiefe Hass und wieso kann man den Kurden keine Selbstbestimmung zugeben? Ich glaube, wir müssen uns an der Stelle nochmal bewusst werden, auf welche Basis die heutige Türkei besteht. Also sowohl ideologisch, aber auch ganz konkret. Und wenn wir uns bewusst werden, dass die Bevölkerungsstruktur in der heutigen Türkei zuvor 30–40% nicht muslimisch war, wenn wir uns bewusst werden, dass eigentlich bis zur Gründung der Republik Türkei von einer türkischen Nation überhaupt nicht die Rede sein konnte, die nämlich eine Mehrheit bildet in diesem Staat. Das heißt, die heutige Bevölkerungsstruktur der Türkei, auch dass wir von einer Türkei als ein muslimischer Staat sprechen, auf einem türkischen Staat, das basiert auf einer massiven Vernichtung von Menschen. Wir sprechen über den Genozid von 1915, der in der Türkei bis heute geleugnet wird. Auch das ist mehrheitsfähig, Konsens in der Türkei, auch leider auch irgendwie seitens der vielen türkeistämmigen Akteure auch in Deutschland. Das heißt, ich komme aus Duisburg. Es gab damals, als die Anerkennung im Bundestag erfolgt ist, auch beim Integrationsrat in Duisburg einen Beschluss dagegen, dass man sich nach wie vor dieser Leugnung des Genozids verpflichtet hat. Und das ist also in diesem Prozess ist es so, dass der türkische Staat verschiedene Bevölkerungsgruppen vernichtet und sie als Hindernisse auf dem Weg zu einer ethnisch homogenen Türkei sieht und deswegen entsprechend sie quasi aus dem Weg schafft. Das ist die Sichtweise der Türkei gewesen in diesen Jahren. Und übrig bleiben, das ist bis heute der Fall, im Prinzip die Kurden als das Haupthindernis auf dem Weg zu einer ethnisch homogenen Türkei, zu einer türkischen Nation, in der nur das Türkische existieren darf. Da sind tatsächlich die Kurden bis heute das Haupthindernis und das führt natürlich dazu, dass diese Feindschaft gegen die Kurden heute so stark ist und auch vom Staat weiterhin geprägt wird, unabhängig davon, welche Regierung gerade an der Macht ist. Der antikurdische Rassismus, diese Feindschaft gegen die Kurden ist eine zentrale Säule, weil die Kurden aus türkischer Sicht das Hauptproblem bilden, warum man bis heute nicht von einer ethnisch homogenen Türkei sprechen kann. Vielen Dank. Es ist das Stichwort gefallen, Rassismus, antikurdischer Rassismus und Islamismus. Oft ist es auch zusammenhängend, am Beispiel der Grauen Wölfe, deren Ableger bzw. die Mutterpartei, die MHP, in der Türkei in der Koalition mit der AKP ist. Das bedeutet, eine rassistische Partei bestimmt die Türkei der Politik mit und damit auch eine Assimilierung und Vernichtung der Kurden darauf. Der Ursprung dieser Partei geht auf Türkisch zurück, der selber ein Antisemit war, ein Hitler-Anhänger und gleichzeitig natürlich diese Paramilitärs, die Grauen Wölfe, gegründet hat, um sozusagen dem Staat Milizen zur Verfügung zu stellen, die blutige Massaker begangen haben. Die Grauen Wölfe sind die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland. In diesem Zusammenhang, wenn man davon ausgeht, dass es eine DİTİB gibt als größte Moscheeverband und die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland, auch die Grauen Wölfe sind auch eine türkische Organisation und die beide zusammen in einem fatalen Komplex die Türkei regieren. Welche Auswirkungen hat es auf die Menschen in Deutschland, nicht nur auf die kurdische Gesellschaft, sondern auch für das friedliche Miteinander mit den anderen Gesellschaften? Ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass wir von Akteuren reden, egal welchem Label man darauf packen möchte, die zutiefst antidemokratisch und antipluralistisch sind. Das heißt, wenn wir uns als eine demokratische Gesellschaft, die tatsächlich vielfältig ist, verstehen, dann handelt es sich um Akteure, Kräfte, die sich eindeutig dagegen stellen. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, von dem wir das weiterdenken müssen und auch entsprechende Schritte weiterdenken müssen. Das heißt, wenn wir, du hast es ja vorhin beschrieben, dass solche Kräfte Teil der Integrationspolitik sind und gerade auf kommunaler Ebene, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass Graue Wölfe auch auf der kommunalen Ebene, auch bei den großen Volksparteien mitmachen und das nach wie vor leider zu wenig beachtet wird, dann sehen wir hier, dass hier antidemokratische Kräfte agieren können und leider bis heute im Bereich der Prävention, der politischen Bildungsarbeit, eigentlich in vielen Bereichen die entsprechenden Maßnahmen fehlen. Es gab diese kurzzeitige Verbotsdebatte, wo aber seitens des Bundesinnenministeriums dann sehr schnell signalisiert wurde, dass ein solcher Verbot nicht erfolgen wird. Aber wenn man sich die Ideologie dieser Gruppierung anschaut, also
dann haben wir eigentlich alle Bereiche. Also wir haben den Rassismus, wir haben Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, ganz viele Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und wenn wir das ernst nehmen, welche Gefahren eigentlich drohen, nicht nur für konkrete Menschen, nicht nur für Kurden, Linke, Türken, wen auch immer, sondern tatsächlich auch für die Gesellschaft insgesamt, dann müssen eigentlich hier andere Schritte folgen. Und bis heute fehlen diese Schritte. Das ist also ein sehr großes Problem für jeden, der sich als Demokrat versteht, für jeden, der sich einer vielfältigen Gesellschaft verpflichtet fühlt. Und warum das so ist, über die Gründe kann man ganz lange diskutieren, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, sondern tatsächlich das auch einfordern. Also es ist jetzt nicht etwas, was man gerne hätte, es ist kein Wunschkonzert, sondern es ist eine Voraussetzung, wenn wir in Deutschland im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, dann muss natürlich gegenüber solchen Gruppierungen anders aufgetreten werden. Und das fehlt bis heute und die Schritte dafür fehlen leider. Ja, vielen Dank. Die Ampel hatte es ja im Koalitionsvertrag eigentlich verankert, dass die Grauen Wölfe verboten werden sollten. Bis jetzt ist natürlich noch nichts zustande gekommen. Lieber Kalkschar, du bist selber Kurde und du hast gerade ein Buch geschrieben, an dem du 26 Jahre an dem du gearbeitet hast. Deine Vorfahren waren beteiligt innerhalb der Republik Kurdistan mit Mahabad als die Hauptstadt im ostkurdischen Gebiet, was heute im Iran liegt. Wir schauen alle gebannt auf den Iran und die Weltöffentlichkeit sieht die Kurden auch mittlerweile im Iran als letzten Teil im Fokus. Es wurde immer wieder ausgeblendet oder nicht beachtet. Er muss weiter übersetzen. Du gibst mir dann ein Zeichen einfach. Genau. Nachdem die Niederschlagung erfolgt ist von der Republik Kurdistan, danach das Schah-Regime und danach Khomeini. Nach der Islamischen Revolution gab es keine Zusicherungen für die Kurden. Die Kurden wurden sogar als ethnische Gruppe zusammen mit allen anderen nicht anerkannt, sondern Khomeini sagte, es gebe keine ethnischen Gruppen, sondern nur islamische Glaubensgemeinschaften. Die Kurden im Iran sind zum Großteil Sunniten und das Regime ist ja schiitisch geprägt. Wie stark ist die Verankerung zwischen diesen rassistischen Gedanken, dass es keine Kurden geben würde, im Zusammenhang mit den Fatwas, die gegen die Kurden ausgesprochen wurden, und die Politik des Regimes gegen die Kurden im Iran? سلاو ریس بوا هتنها همو به آلمانیا خوین ازیب کردی با آخوه. Ich grüße euch herzlich, ein bisschen laut. Bisher haben wir Deutsch geredet und ich werde auf Kurdisch reden. شورشا جن جیان آزادی از به وانسی پیوانه دست به آخفتنا خود کم و باشه کل ویدری رو زیده ترج جنا میر هنه اما لروشالات کردستان لسر دست شهید کردن جینا امینی و بریاوی جی لکوبانی و باکر کردستانی ایرو دنگ جن جیان آزادی لهمو کوچه و کلان ایران و دنیای تبهیستن. Angesichts des erneuten Angriffs der Türkei auf Kobani und des Märtyrertums Jina Aminis, offiziell Mahsa, ist es so, dass eine Revolution unter dem Slogan Jinjian Azadi, also Frau, Leben, Freiheit, in jeder Gasse des Iran, in jeder Ecke, in jeder Straße stattfindet und für die Frau und vor allem mit einer starken Beteiligung der Frau, viel mehr als die männliche Beteiligung und die Rolle auch. سپاس بو ایوانگلیشک اکادمی کو دوی روشا تایبتی دا لسر راسیسموس تفکجی قتل عام جنوساید آن نسل کشی او کنفرانس برای خستنه جبرکو 24 ماه هفت 2023 100 سال لسر پیمان لوزانه در باز دبن و دیسا ام نزانین دی دیزاینا نویا دنیای دا جی کردای الکودری با دماکو کرد در روشحالات ناوین دا هزایی که بون کو لهمبری
هیزا هری تاریا دنیای داعشه لبرخودانو او راستی شکست اینان اگر برخودانا کوبانی نبویا اگر حرکت با کر کردستان نبویا او ایرو هم دبینین او حرکت هاتیا روشالات کردستان جی باور بکن من حال وی داری دوی سالونه دا نت کاری و سر راحت لسر جنوسایت و نظام راسismus آخفتنی بکن. Ich danke der Evangelischen Akademie recht herzlich für diese Veranstaltung, für das Thema Rassismus oder antikurdischer Rassismus, dass wir uns heute damit beschäftigen können. Und angesichts der Tatsache, dass sich zu diesem Jahr der Vertrag von Lausanne, der die Kurden aufgeteilt hat, zum 100. Jahrestag jährt, müssen wir uns auch eingestehen, dass die Rolle der Kurden bei der Zerschlagung von Daesh, also des sogenannten Islamischen Staates, maßgeblich war. Und es wird sich zeigen, welche Rolle die Kurden in dieser Zeit spielen werden, denn sie haben sehr, sehr viel gelitten und ja. Professor Suzani اشاره به تشتکی گلا گرین کرد لآلمانیا کو هیزانفش پرست آنجی راسismus یا لسر دست اسلامیستین ترک به تایبتی و بلکه ناوان دا کرد و عرب جهبن ام نزانین لکی لپشتاوی هیزه دیاره اوین کو دما برخودانا کوبانی هبو لعنتاب دا خوی دگود دمک نیز دا کوبانی جیه بکوه ام همو دزانین و تشتک دنجی خالک گرنگ لسر و گوگپلی تپنه او خرارشک بکردی او جیه که هات دیتن خودی مدنیت که 12,000 ساله پروفسور کی آلمانی لهامبورگ لیکولین لسر کر بحث کر او گوت دینایا کسین کو 12,000 سال بری نها لوی دری جیانه گل دینایا او گندین کو کردن و لوی دری دجین یکه او پروفسور فاشیستین آلمان و ترک لهامبورگ کشتن در روزانی ورودا زانه بروی هنده جی یعنی گرینگ پر گرینگ کو بسیاره که وها لدولتین کو دیگه یا اروپا دانه آمریکا نه بسیار بکرن کو او پیشکفتن یا هزین راسismus چاوا حتی ویدری هات کو پروفسورک لولاتک دموکراتیک وک آلمانیا در روزا نیو رودا بکشتن سر گوتنا حقیقتک تاریخی چما سبب Professor Susanne, die Autorin, hat sehr viele gute Punkte angesprochen in Bezug auf antikurdischen Rassismus und wir erinnern uns alle noch an das Jahr 2014 oder an den Zeitpunkt, als der IS kurz davor war, Kobani zu erobern. Und es hieß, Kobani wird fallen, aber es ist nicht gefallen. Und die Kurden haben damit auch ein Exempel statuiert. Und es ist also die Ausgrabungsstätte Göbekli Tepe auf Kurdisch Hararash, Rasta? Genau. Was auf Türkisch eben Göbekli Tepe genannt wird und auf Kurdisch Hararash ist in der Provinz Raha oder Urfa ist eine sehr, sehr alte, 12.000 Jahre alte Ausgrabungsstätte, die eben belegt, dass die Agrarkultur und dass überhaupt die ersten Formen der Landwirtschaft dort stattgefunden haben, mitten in Kurdistan. Und das wurde auch so angesprochen von einem Hamburger Professor, Hamburger Wissenschaftler. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen. Tut mir leid, ich muss kurz. Bevor wir jetzt in die historischen Komplexitäten des Nahen Ostens reingehen, wichtig wäre mit dem Blick auf die Zeit, da wir noch eine Fragerunde möchten. Meine Frage an dich, lieber Kökscher. Okay. Bitte beende den Satz, ja. Dankeschön. Ja, genau. Und Göbekli Tepe oder Hararash, das eben 12.000 Jahre alt ist, dieser Hamburger Wissenschaftler, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, wurde sofort von anderen türkischen faschistischen Wissenschaftlern gelyncht. Also sein Name ist auch verschwunden, er wurde fertig gemacht und einfach nur dafür, dass er die Wahrheit ausgesprochen hat. Und wir müssen erfahren, wer hinter diesen rassistischen Strukturen in Deutschland steckt. Verzeihung, er wurde ermordet. Ja.
تاو باش أذكر سوراني باش نهال سر أو مجارة إشارة بكر إيران بسوراني خسب كان باشا لإيران خريطة هي نازانم مابك هي أجر هبا أو جروبي إتنيكي لإيران أجر بتوانم لوي بين مسر أكران ببينين جروبي إتنيكي لإيران زور برفراوانن واتا فارسان آذريهن كردهن عرب مازني جيلك عرب بلوچ بلام لو جغرافیای برفراوانی ایران دا ایرانیش واتایکی سرزمینی یا ولاتی آریاکان ورگریتن ل 1501 بولاوا هیچ ملتك به اندازه ملتی کرد راستی اسیمیلاسیون و کشتن و جنوساید نهاتوه. Es gibt im Iran eine Karte, vielleicht könnten wir sie auch einblenden, der Gruppe MMTK? Genau, der Gruppe MMTK, die auch sehr inklusiv ist, die sehr viele Aseris, sehr viele Balutschen, sehr viele Araber und Kurden als Mitglieder hat. Und sie haben zum Beispiel eben diese Karte veröffentlicht. Und der Iran ist im Grunde, das Regime ist ein Regime, das diese Minderheitenfrage ignoriert. Und das kurdische Volk ist seit 1501 زايني حتى عمره ist 1501 vor Christus 1501 vor Christus زايني زاين 1501 زايني حتى عمره لدوري دسبيكي سلطنتي صفوية كان حتى عمره. Seit 1701 tatsächlich, seit der Safavidenzeit bis heute eine Kontinuität, das kurdische Volk. Ja. جنوسايد لكردستان دا نكتنيا بيوك إما جولي بجرين بلكه لبراكتيك دا بالله لبراكتيك دا إما بينو معنا أجر تشاوليف كان أو منطقاني شينن أو أنا كردن بزانن كرد زورتلا روجاوي إيرانن بلام لبر اوی که هیچ وقت سریان لبرانبری دولت و امپراتوریکانی صفوی و قاجاری و پهلوی و حتی رژیم امر ایران نتواندو خو نکردو همیشه سرگون کراون دور خراونه تا بزنن لخراسان تا است امروش کردکانی خراسان نزدیک 3 میلیون کرده لیره لسیستان و بلوچستان لخواره و لرخ خلیجی فارس یا پرژین گلف زور گوندی کرد هن لباری مذهب و هم لباری مذهب هم لباری اتنیکی کردکان جنوساید کراون بصدها رنگ. Wir hören das Wort Genozid nicht nur, wir erleben es im Iran. Wenn wir uns diese Karte anschauen, die blau schraffierten Gebiete, vor allem im Westen des Landes, sind kurdische Gebiete. Wir haben knapp 3 Millionen Kurden in Khorasan, im Nordosten des Landes. Wir haben sogar in Belutschistan, im Südosten, einzelne kurdische Dörfer. In Bandar Abbas, also am Persischen Golf zum Beispiel, gibt es ebenfalls kurdische Siedlungen. Das heißt, die Kurden wurden auf ethnischer und religiöser und jeglicher anderer Hinsicht eben, also es waren viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Kurden diskriminiert werden und dass an ihnen ein Genozid verübt wird. Vale. كردستان روشالاتي كردستان وكو بشكاني تكي كردستان لإيران دا هميشا منطقة بوكا لدجي دولتكاني ناواندي إيراني سريان نتواندوا هميشا لبردوهو يك مسألة نتوي بوا كبتايبتي منطقة باكور الروشالاتي كردستان واتا منطقة كرمانجنشين ومنطقة مكريان سرهلداني جوريتي دا دروز بوا كلاي دمدم الشيخ عبيد الله نهري سمكو شكاك كوماري كردستاني سردمي بيشوا قاضي محمد وتا دينا 1978 لسردمي شورشي جلاني إيران كلبن ريبراتي حزب الديمقراط وكومالا وشان ريخستني دي كذا دكتور قاسم لو زاد الحسيني واندا ديسا كردكان يكمين ملت بون يكمين حركات بون ك رفراندومي 1979
ئەرێ ئانە بۆ کۆمارێکی ئیسلامیان بۆیکۆت کرد. Es waren immer die Kurden aus der Peripherie, die gegen das persisch geführte Zentrum gekämpft haben. Es waren immer die aufmüpfigen Kurden oder die rebellischen Kurden, die die Republik Mahabad gegründet haben in den 40ern, die die Parteien Komala und PDKI mitgegründet haben, die auch das Referendum von 1979, also das Referendum zur Islamischen Republik, die den Iran eben zur Islamischen Republik hat werden lassen, boykottiert haben. لدو فاکتور دولتی مرکزی زور سوی استفاده کردووە لە دژی حرەکەتی سیاسی کورد. نەک ئەوەی من بڵێم کوردم و یان مەسەلەن ئێمە لێرە لە دژی ڕاسیسمۆس قسە دەکەین. فکر بکەن من زۆر ئەنسانێکی نەتەوەی ئەسلەن و ئەسەن ئەبەدەن. ئیران وڵاتێکی فرە نەتەوەییە، زۆر نەتەوەی تێدان. ئالمان وڵاتێکە کە یەک ملەتی تێدایە ئالمانن، ئەوانەی کە هاتون هەموو مهاجرن لە 1960ەکاندا هاتون. بەڵام ئالمان 16 ئیالەتی فدرالی هەیە، بەڵام ئیران و تورکیا و سووریا و عێراق کە ئەو هەموو کوردەی تێدایە کە باسی فدرال و کۆنفدرال دەکەن دەڵێن ئێوە جودای خوازن، ئێوە دەتانەوێت وڵاتی مە دابەش بکەن. بەڵام چاوی لێ بکەن ئەو هەموو کوردە 17% کورد لە ئیران هەیە، واتە 13 ملیۆن ئەنسان. تەنیا نفوسی تاران 8% کوردە. ئیران تاران یعنی ببۆرە تاران 8% کوردە. 15 ملیۆن حسابکەن 8% دەبیتە چەند؟ Es gibt zwei große wichtige Faktoren, die man als Kurde im Iran oder für die Kurden im Iran betrachten muss. Das Regime ist sehr zentralistisch. Es ist genau wie die Regime in der Türkei, in Syrien und im Irak ein Zentralstaat, der jede Form von Konföderation und Föderalismus ablehnt. Schaut euch Deutschland an. In Deutschland lebt eine deutsche Mehrheit oder es leben Deutsche hier und der Rest ist seit den 60ern eben dazugezogen. Es sind Migranten, aber wir haben hier 16 föderale Bundesländer. Für den Iran gilt das nicht. Schaut euch diese Karte an und schaut euch an, wie sehr die Kurden im Westen konzentriert sind. Allein die Hauptstadt Teheran hat eine kurdische Bevölkerung von 8% der Stadt und der ganze Iran hat eine 13%ige kurdische Bevölkerung, sprich, 17%ige kurdische Bevölkerung, sprich 13 Millionen Menschen, die sich Kurden nennen im Iran. Tut mir leid, danke lieber Kakşar. Leider müssen unsere Referenten pünktlich dann gehen. Wenn du noch das abrundend beenden könntest, dann können wir die Fragerunde veranstalten. Damit تشتی کورت هەیە ئیشارە پێ بکەم. یەک تشتی کورت سەردەما سەفەویە 1501 هەتا سەردەما قاجاریە کوێ دەمێ دەما تەفکوژیên گەڵک مەزن یعنی ژنۆساید لە کوردستان بوو لەگەڵ ئەو 43 ساڵی کە خومینی هاتوتە سەرکار زۆر وەک هەوی هەیە، شەباهەت هەیە. عینەن سیاسەتی سەفەویەکان لە سەردەمی لە چەند سەد ساڵدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن بوو، خومینی و خامنەی دیکتاتۆر هاتن ئەو ڕێگایان بەردەوام کرد. حتا سەردەمی پەهلەوی کەمەک باشتر بوون و ناوی ویلایەتە کوردستان بوو. کە باسی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەکەین نیوەیە تقریبەن لە نەزەری شیعە و سونی. لە کرماشان یارەسان هەن، لە ورمێ و سنە بەولاوە سنین، کرماشان و ئیلام شیعان. کوردەکانی خوراسانیش بە زۆری بە زۆرە ملی ئاسیمیلە کراون لە بواری مەزهەبەوە. ئیستا هەمویان کە سەدا نزیکەی 52% ویلایەتی باکوڕی خوراسانن، هەمویان شیعان. بەڵام نسبەت بە مەسەلەی کوردایەتی شۆڕەشگەرەکانیان هاتن حتا کۆبانیش چۆن لەوێ شەهید بوون، یعنی ئەو سنوورەش نەماوە. Die Vernichtungspolitik aus der Ära der Safawiden und der Qajaren wurde in diesen 43 Jahren genauso hart fortgesetzt durch das Khomeini-Regime, also durch die Islamische Republik, sowohl durch Khomeini als auch durch Khamenei, sein Nachfolger. Das heißt, die gleiche Brutalität, mit der die Safawiden und Qajaren in Kurdistan, mit der sie verfahren haben, wurde hier fortgesetzt. Und wenn wir uns auch ansehen, Ostkurdistan, also Kurdistan, Iran, Rojhelat, ist de facto zweigeteilt zwischen Sunniten und auch Schiiten, vor allem in Kermanshah oder Yarsani, also Ahl-e Haq, eine eigene Religionsgruppe.
Unsere Kurden in Khorasan sind teilweise schiitisch, also mehr als die Hälfte sind schiitisch. Und trotzdem geben sie ihre Märtyrer, ihre Shahids her für Kurdistan, genau wie in Kobani. وينا قال كنا لسر جنوسايد الروشالات كردستاني فوتو دوكومنت مدخواست بدري نشان بدم بس نزانم دم هيانا. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben oder nicht. Leider haben wir gar keine Zeit. Du hast sogar die Fragerunde zur Hälfte aufgebraucht. Natürlich kommt es darauf an, wer noch Zeit hat. Leider weiß ich bei Ismail, dass er leider pünktlich auch gehen muss. Ich würde die Fragerunde eröffnen mit der dringenden Bitte, eine Frage zu stellen und sofort die Antwort abzuwarten. Kurze Fragen bitte, keine Einleitung, kein Hauptteil, nur die Frage. Meine Frage geht an Dr. Schröter. Finden Sie, dass einer der Gründe, warum die kurdische Selbstbestimmung nicht unterstützt wird, dass die Kurden durch ihre Selbstbestimmung ein demokratischeres System vertreten wurden, im Gegensatz zu den anderen Ländern im Nahen Osten, und dass das nicht in ihren Interessen ist? Und wie finden Sie die einzig anerkannte kurdische Autonomie im Nordirak als Demokratie, Stichwort Menschenrechte, Frauenrechte? Also im Irak sind die Frauenrechte sicherlich sehr viel weiter fortgeschritten als in anderen Gebieten in der Region, das ist ganz klar. Zu den demokratischen Formen haben Sie den Irak gemeint oder haben auch Rojava gemeint? Worauf haben Sie sich jetzt bezogen genau? Also es war ja mal die Idee eigentlich, dass der Nordirak tatsächlich unabhängig wird vom Irak, und das hat ja die Zentralregierung nicht akzeptiert, sondern hat gleich mit dem Militär gedroht letztendlich. Also ich denke, das Hauptproblem ist nicht die Frage, ist eine kurdische Region demokratischer als eine andere Region, sondern das Hauptproblem ist tatsächlich der Nationalismus der 4 Staaten, in denen Kurden hauptsächlich leben. Und da möchte man die Staatsgrenzen nicht verschieben, keinen Zentimeter möchte man sie verschieben, und wird deshalb, sofern sich nicht auch außenpolitisch jetzt aus dem Westen großartig was ändert, wird man da alle Bestrebungen weiterhin unterdrücken. Das Problem, was ich natürlich sehe, ist, wie verhalten sich beispielsweise westliche Regierungen? Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage, wer hat eigentlich den IS besiegt, dann waren das ja sicherlich die Kurden. Aber die Kurden haben davon nichts gehabt, sondern die westlichen Regierungen, die sich auf sie gestützt haben, haben sie danach sofort wieder im Stich gelassen. Also meiner Meinung nach ist es wirklich nicht akzeptabel, zuzuschauen, wie die Türkei permanent militärische Operationen durchführt, das Land verbrennt, die Menschen vertreibt, die Menschen ermordet, verhaftet und da einfach zuschaut und das akzeptiert, weil die Türkei NATO-Partner ist beispielsweise. Und da sehe ich zum Beispiel das große Problem und sehe ich auch deutlich einen Änderungsbedarf in unserer Außenpolitik, wie ich übrigens auch einen Änderungsbedarf in der Innenpolitik sehe. Frau Faeser hat den Rechtsextremismus zu ihrem Hauptziel ernannt, dass sie die Grauen Wölfe oder den türkischen Rechtsextremismus mit im Blick haben. Keine Frage, ich habe eine Ergänzung zu KKK. Und zwar im Iran haben wir im Gegensatz zu Türkei und Syrien haben wir kein Rassismusproblem, weil die Perser sich auch als Arier und die Sprache als indogermanisch sehen, so wie wir Kurden auch. Wir haben da ein Nationalismusproblem, und zwar seit 1905, seit der konstitutionellen Revolution im Iran, und später 1921 seit der Machtübernahme durch Reza Schah. Seitdem die persische Sprache als Amtssprache in die Verfassung kommt und die schiitisch als religiöse Glaubensrichtung. Seitdem quasi die Problematik in Iran beginnt mit der Bildung des Nationalstaates, mit der Machtübernahme von Reza Schah. Davor wurde das Land als Eyalat, halt Provinzen,
geführt, auch seit der Machtübernahme von Safawiden, sodass wir keine großartigen Probleme hatten im Iran in dem Sinne. Das waren autarke, feudale Herrscher in kurdischen Gebieten, die halt eben ab und zu mal die Zentralmacht quasi in Teheran oder anderen Städten unterstützt haben. Also Nationalismusproblem zusammengefasst und das auch seit 1905 bzw. seit 1921. Danke dafür. Soll ich Das antworten? war keine Frage, das war eine Ergänzung. Oh, ist Affe. Das war nur eine Ergänzung. Oh, gut. Bitte die nächste Frage. Ich glaube, da war eine Meldung erstmal. Ja, Frau Professor Schröter, vielen Dank erstmal für die Offenheit und Ehrlichkeit vorhin. Ich habe eine Frage und zwar aus deutscher Sicht, was müssen wir als Kurden machen, um Gehör zu verschaffen für diesen antikurdischen Rassismus? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der vielleicht nicht aus dieser kulturellen Ecke kommt, überhaupt den Rassismus nicht erkennt und vielleicht auch nicht versteht. Naja, es gibt ja jetzt Organisationen, kurdische Organisationen, die sich Gehör verschaffen können. Also ich finde sowas wie diese Tagung jetzt gut. Ja, also man muss einfach in die Öffentlichkeit gehen und vielleicht wäre es gut gewesen, noch mehr Presse einzuladen, damit das sich auch ein bisschen verbreitet in der Gesellschaft und die Presse, die Politik, die NGOs, der Kulturbereich, damit einfach eine Kenntnis davon ist, dass es Rassismus innerhalb der Migrationsgesellschaft gibt, die nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft auf Migranten eintrifft, sondern dass es auch innerhalb migrantischer Gruppen Rassismus gibt und dass Kurden eine große Gruppe sind, das weiß nämlich hier kaum jemand, dass es hier 1,5 Millionen Menschen gibt, die kurdischer Abstammung sind. Das ist für die meisten Menschen hier vollkommen unbekannt. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun an Aufklärungsarbeit und dann aber auch mit einer Forderung vielleicht nicht immer diesen türkischen Islamisten und Faschisten das Heft zu überlassen. Ich glaube, wenn ich kurz ergänzen darf, ganz wichtig ist dieser Perspektivenwechsel, nämlich darauf zu schauen, nicht als ein Problem der Kurden oder auch nicht ein Problem von Armeniern oder anderen, sondern zu verstehen als ein Problem einer demokratischen Gesellschaft. Nämlich einzufordern, dass diese rechtsextremen Kräfte, dass diese rassistischen Kräfte bekämpft werden im Sinne einer demokratischen, vielfältigen Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, das ist einer der wenigen positiven Beiträge gewesen im Rahmen dieser Verbotsdebatte, dass tatsächlich bei einem größeren Teil der Öffentlichkeit das gelungen ist, zu verstehen, dass die grauen Wölfe in ganz vielen Phänomenbereichen einfach ein großes Problem darstellen, eine große Gefahr darstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel hinkriegen, nämlich, dass die Mehrheitsgesellschaft versteht, dass die Gefahr jetzt nicht nur irgendwelchen marginalisierten kleinen Gruppen droht, sondern der Gesellschaft insgesamt. Und wenn wir das schaffen, und der Kampf gegen auch türkische Nationalisten, Rassisten, Rechtsextreme ein selbstverständlicher Teil all dieser Felder ist, der politischen Bildungsarbeit, der Präventionsarbeit und so weiter und so fort, ich glaube, dann kommen wir weiter. Wenn es nach wie vor ein Problem bleibt der Kurden, dann ist es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, der Ausgangspunkt muss sein, welchen Selbstverständnis haben wir von uns selbst als Teil dieser Gesellschaft. Wenn wir sagen natürlich, all das interessiert uns einfach überhaupt nicht, Demokratie interessiert uns nicht, Pluralismus interessiert uns nicht, dann gibt es natürlich keinen Ansatzpunkt. Aber ich gehe davon aus, dass ein überwiegender Teil der Menschen in Deutschland sich als Demokraten versteht, als Menschen verstehen, die Teil einer vielfältigen Gesellschaft sein wollen. Und das fordert auch natürlich auch eines Mal gegen antidemokratische Kräfte, gegen Kräfte, die diesen Pluralismus abschaffen wollen im Sinne einer Homogenität, dagegen vorgehen muss. Ich glaube, ohne diesen Gedankenschritt wird es nicht gehen, weil sonst bleibt es tatsächlich nach wie vor ein Problem von kleineren Gruppen. Und dann kann die Mehrheitsgesellschaft nach wie vor, also bis heute, das Problem für sich ignorieren.
Ich glaube, diesen Erfolg, diesen gedanklichen Erfolg hinzukriegen, das ist das Entscheidende. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für Kurdinnen oder für andere, es ist auch eine Aufgabe für uns alle. Und diesen Punkt zu erreichen, das wäre das Wichtige. Und dazu gehört aber auch, dass man tatsächlich sagt, dass wir haben auch das Recht, uns darum zu kümmern, weil das ist ja ein Teil auch dieses neuen antirassistischen Kurses, zu sagen, man hat nur das Recht, sich um Dinge zu kümmern, die einen selbst betreffen. Und das ist natürlich auch eine antidemokratische Haltung. Wenn man tatsächlich sagt, wir sind eine pluralistische Gesellschaft, wir werden immer pluralistischer, dann ist das die Aufgabe von allen Menschen hier, unabhängig wo sie herkommen, sich dafür einzusetzen, dass die Demokratie und dass die Freiheit und dass die Gleichheit aller Menschen im Sinne des Grundgesetzes auch Bestand haben. Und dann kann man nicht sagen, naja, also ich gehöre doch jetzt keiner Migrantengruppe an, da will ich mich nicht drum kümmern, oder tatsächlich auch anzunehmen, wenn andere sagen, also das ist jetzt nicht dein Business, da hast du dich gar nicht drum zu kümmern, kümmere dich bitte um deinen eigenen Antirassismus. Das führt da genau dazu, dass hier so eine Art von nicht Zuständigkeit einreißt. Aber ich denke, jeder Mensch in dieser Gesellschaft sollte sich zuständig für alles fühlen. Wir sind alle aufgerufen, dass diese Gesellschaft einen guten Weg geht und dass hier keine Menschenfeindlichkeit einreißt, nur weil wir sie nicht auf dem Schirm haben. Danke. Dazu vielen Dank. از خازن تشتكي سر گوتنی دو مامۆستای دەکەم بەرسڤاتەدا داخواست وڵاتên ئەوروپا bi taybetî Alman ew ku hindek rêlber Kurda vekin. Niha di rojhilata navîn da pêşengên li hemberî paşverotiyê wek Daişê Kurdin. Ew Daişa ku Xameneî heye ferqa wê tune gel Daişa El-Qaide ya Daişa din. Bervê hindê jî pêwîst e ew milletê ku mexdûrin pêşengiyê dikin, aştiya vê derê diparêzin, demokratin, civaka wan civakeke sekular e wek Kurda li çarparçê Kurdistanê, pêwîst e welatên weke Almanya li vê derê ew tiştê ku dibêjne fêrbotên her tiş li ser Kurda wan rakin. Yani Kurdan nekene qurbana protokolên ekonomî. تشتێک و ئیرۆ رووسیا و ئەمریکا دیکەن لە ڕۆژاوا و لە مەگەرن لە باشوڕی کوردستانê. یعنی تو بچە باشوڕی کوردستانê نسبەت بە دموکراسیا ku li başûrê Kurdistanê heye بۆ grûpên etnîkî li Tirkiye tuneye. Her Tirkiye tek dîl, tek bayraq, tek ülke, tek û tek û tek. Zanê ferqa wê gel zamanê neonaziya tuneye. Noch kurz als Antwort darauf, genau. Meistens sind es die Kurden im Nahen Osten, die Opfer werden von Terrorgruppen wie Daesh und ähnlich wie Daesh Khomeini, also die Islamische Republik. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und die Bitte ist, dass innenpolitisch die Kurdinnen und Kurden nicht zu Opfern gemacht werden für finanzielle Interessen. Das heißt, dass die Kurden hier unterstützt werden, denn die Kurden sind demokratisch. Sie kämpfen für Frauen, für Minderheiten. Allein irakisch-Kurdistan hat eine demokratischere Grundordnung als die Türkei, wo jeder Schritt Richtung Föderalismus und Minderheitenschutz zur Teilung des Landes propagiert wird und quasi und Rojava, also syrisch-Kurdistan genauso, hat genauso einen Standard für Minderheiten und für Frauenrechte und für religiöse Minderheiten vor allem auch. Wichtiger Punkt, danke sehr. Wir haben leider nur noch 5 Minuten, also 3 Fragen kann ich noch nehmen. Hier einmal, dann Kek Wahid. Und hattest du eine Frage gestellt? Da muss ich leider... Bitte, noch da, genau. Genau, meine Frage richtet sich an Herrn Küpeli. Sie haben schon die ganzen nationalistischen, rassistischen, türkischen Strukturen hier in Deutschland angesprochen, Graue Wölfe und so weiter. Und ich wollte fragen, wie wir oder was wir noch tun können, um diese faschistischen Organisationen hier wirklich auch Zeichen zu setzen gegen sie und diese auch nicht in unseren kommunalen Strukturen oder in zivilgesellschaftlichen Organisationen ihnen Platz geben. Und leider sind die Grauen Wölfe in Deutschland nicht verboten. Das heißt, man hat rechtlich keine Grundlage. In Frankfurt sitzen auch sehr, sehr viele Graue Wölfe, zum Beispiel im Ausländerbeirat. Und man sagt halt, solange sie keine rassistischen Anträge stellen, kann man nichts gegen sie tun. Aber das kann nicht der einzige Punkt sein, bei dem man erst dann was unternehmen kann. Also was kann getan werden, um diese leider noch nicht verbotenen Parteien und Gruppierungen nicht zuzulassen oder ihren Einfluss nicht zuzulassen?
schon abgestellt. Ich darf nicht mehr reden. Sie sprechen das tatsächlich etwas an, was einfach ein Riesenproblem darstellt. Wir sprechen vielleicht noch 2 Sätze über diese Verbotsdebatte, weil ich glaube, da werden noch bestimmte Sachen auch verdeutlicher. Es gab mehrere Anträge im Bundestag, um ein Verbot der grauen Wölfe zu erreichen. Schlussendlich verabschiedet ist der Antrag der Bundesregierung mit den übrigen Fraktionen, bis auf Linke und AfD, die jeweils andere eigene Anträge gestellt haben. Und das Problem bereits bei diesem Verbotsantrag, der ja ohnehin nicht durchgesetzt wurde, war das Problem, dass man dort von den grauen Wölfen sprach, die man verbieten will. Das kann man von heute auf morgen machen, ohne dass das überhaupt eine Auswirkung hätte, weil es gibt in Deutschland keine Organisation, die sich graue Wölfe nennt. Die Bewegung ein Teil der Bewegung nennt sich selbst so, es ist nicht mal der mehrheitsfähige Name innerhalb dieser Bewegung. Das heißt, ein solches Verbot wie etwa in Frankreich, also wo ja die grauen Wölfe verboten wurden, ohne jegliche Konsequenz, nur darum ging es. Aber allein dieser symbolische Verbot, selbst das wurde nicht durchgesetzt. Das ist tatsächlich nach wie vor ein großes Problem seitens der staatlichen Politik, der Bundespolitik, wo es einfach ganz große Mangelstellen sind. Und da kann Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene noch so viel tun, wenn einfach bestimmte Grenzen nicht gesetzt sind, kann man nicht weiterkommen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen da an der Stelle deutlich natürlich irgendwie diese Verbotsdebatte nochmal aufgreifen. Das ist aber nur ein Punkt. Selbst bei militanten, gewalttätigen türkisch-nationalistischen Gruppen wie Turan e.V., Osman Germania gab es jahrelange Tätigkeit dieser Gruppierung, ohne dass dagegen vorgegangen wurde. Das ist einfach ein großes Problem. Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass man solche Kräfte sehr lange relativiert hat, wie verniedlicht hat und so weiter. Und ich glaube, dass im Teil der Politik nach wie vor das nicht angekommen ist, welche Gefahren aus dieser Ecke drohen und welche Gefahr auch für die Demokratie insgesamt aus dieser Ecke droht. Ich glaube, es hilft nichts anderes, als das immer wieder anzusprechen. Also Kemal Bozay, der dieses Thema schon seit Jahrzehnten anspricht, Menschen wie ich, die das irgendwie deutlich kürzerer Zeit machen, das ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Auf Kommunalebene, auf Bundesebene, in der Wissenschaft, dass wir eben auch wissenschaftlich nachweisen und das tatsächlich gut analysieren, inwiefern diese Ideologie auch tatsächlich zutiefst antidemokratisch ist und sich eine ganze Vielzahl von Gruppen richtet. Ich glaube, ohne diese Fleißarbeit wird es leider nicht gehen, weil einfach von der Bundespolitik zu wenig Signale gesetzt werden in die richtige Richtung. Aber das immer wieder einzufordern, anders wird es nicht gehen. Danke dafür. Ganz kurz an Frau Schröter. Wir wissen, wir haben letzte 5, 6 Jahre über 2 Millionen Flüchtlinge, die muslimische Glauben haben. Ja? Unter diese Flüchtlinge sind meistens Araber und Afghaner. Frage, Sie sind in diesem Gebiet, arbeiten Sie. Gibt es in Berlin oder in der Bundesregierung Köpfe, dass die darüber Gedanken machen für die Zukunft? So viel ich weiß, beide Bevölkerungsgruppen sind fast unmöglich so integrierbar, sagt man so. Ja? Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Die sind heterogen. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, alle Menschen, egal wo sie herkommen, sind ja unterschiedlich. Ja? Es gibt fortschrittliche, es gibt Menschen aus Afghanistan, die kommen hierher, weil sie nicht unter einem Taliban-Regime leben wollen, oder weil sie Demokratie wollen, Frauen, weil sie Frauenrechtlerinnen sind, weil sie verfolgt sind. Es gibt natürlich aber auch viele Afghanen, die kommen nicht hierher, weil wir hier eine Demokratie sind, sondern obwohl wir eine Demokratie sind. Die werden von ganz anderen Dingen hier angezogen. Ich habe vor einem Jahr, es war kurz nachdem die Taliban wieder die Macht übernommen haben, habe ich mal zusammengesessen auf einem Podium mit einer Afghanin, die selber geflohen war. Und die sagte mehrfach, die Männer aus Afghanistan, die sie kennt, haben alle die gleiche Ideologie wie die Taliban. Und so behandeln sie die Frauen auch. Sie war mit einem Mann geflohen und danach landete sie als Gewaltopfer im Frauenhaus. Und das war wirklich interessant zu sehen. Das war eine Veranstaltung von dem örtlichen Frauen-Gleichstellungsbüro und es waren lauter Feministinnen unterschiedlicher Herkünfte da.
Und alle haben die Aussage dieser afghanischen Frau heruntergespielt und haben gesagt, ja, wir müssen mal gucken, wir sind ja alle irgendwie alle irgendwie rassistisch, alle irgendwie noch sexistisch und so. Und sie sagte immer, ja, aber ich wollte doch sagen, dass die Afghanen, die ich kenne, die Männer, die ich kenne, dass sie absolut patriarchalisch erzogen worden sind, dass sie sich kaum unterscheiden von dem, was die Taliban machen. Und das war so interessant, weil sie kam nicht durch, keiner wollte das hören. Und das sehe ich so ein bisschen als Dilemma. Wir unterscheiden überhaupt nicht zwischen denjenigen, die eigentlich ein ultrapatriarchalisches und islamistisches Mindset haben, und denen, die Demokratie wollen. Und das finde ich für eine demokratische Gesellschaft auch ein Problem. Wenn wir sagen, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, dann müssen wir, wie andere Einwanderungsgesellschaften, die erfolgreich sind, wie die Kanadier beispielsweise, dann müssen wir auch schauen, mit welcher Ideologie kommen die Leute eigentlich an. Und dann können wir nicht sagen, das ist egal, das muss uns jetzt gar nicht interessieren. Natürlich muss uns das interessieren, ob jemand eine faschistische Ideologie mitbringt, eine islamistische Ideologie, eine ultranationalistische Ideologie oder eine demokratische Ideologie. Also ich glaube, wir sollten eher Signale setzen, bitte Demokraten und Demokratinnen aller Länder, ihr seid alle gerne gesehen, aber wenn ihr antidemokratisch seid, braucht ihr gar nicht erst zu kommen. Aber davon ist unsere Politik ehrlich gesagt auch weit entfernt. Ja, danke dafür. Natürlich muss man da auch natürlich die UN-Flüchtlingskonvention etc. betrachten, auch bei Einwanderung, aber natürlich Demokratie und Integration, das ist niemals eine Einbahnstraße, sondern immer eine Wechselwirkung. Genau. Letzte zwei Fragen, einmal Sie und einmal Sie noch. Ich wollte also nur mit einer Frage oder Erinnerung also an die Zerstörung der kurdischen demografischen Strukturen, also auch daran erinnern. In der Begleitung antikurdischer Rassismus und türkischer Nationalismus oder arabischer, persischer Nationalismus, politischer und konfessioneller Islamismus wird also systematisch also auch in Kurdistan alle Gebieten also demografische Struktur also auch gestört und in manchen Gebieten sind zurzeit also auch wo die Kurden mehrheitlich also dort lebten, sind jetzt also in Minderheit und das wollte ich diese Aspekte auch erinnern und Ihre Meinung oder auch von Herrn Küpperli fragen. Eine Verrotung ist das, eine Vernichtung, würde ich sagen, gegen das kurdische Volk. Also auch da muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass es tatsächlich auch eine sehr lange Politik ist. Also wir sprechen oft über diese Dinge, als sei das irgendwie erst ein Problem geworden unter Erdogan oder in den letzten Jahren oder und so weiter. Es ist aber, da muss man sich klar machen, dass zum Beispiel diese Zwangsumsiedlungspolitik, also auch gezielte Veränderung der Bevölkerungsstruktur in der Türkei von Beginn an etwas war, worauf man sehr stark gesetzt hat. Also die Zwangsassimilierung der kurdischen Bevölkerung sollte gelingen, auch durch massive Zwangsumsiedlung der Kurdinnen. Das ist etwas, was das tatsächlich auch über die ganzen Jahrzehnte immer wieder versucht wurde, nämlich das Kurdische zu zerschlagen, indem man Menschen zwangsweise umsiedelt, um sie auch ebenfalls zwangsweise zu assimilieren. Das ist etwas, was eigentlich auch eine relativ große Kontinuität ist. Das heißt, das, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren in Afrin sehen, auch da die Veränderung der Bevölkerungsstruktur, es ist nicht neu, sondern es basiert auf einer Geschichte, die darauf setzt, wie können wir eine türkische Nation schaffen und andere Bevölkerungsgruppen zerschlagen. Und das basiert auch immer auf Vernichtung der anderen und Zwangsassimilation der Überlebenden im Prinzip. Ja, es gibt keine Ergänzung mehr dazu. Dann würde ich diese Fragerunde jetzt beenden. Keine Sorge, es kommt jetzt danach die Fishbowl. Wir machen... Sorry. Ja, willst du noch was ergänzen? Genau. Also wir hatten vorhin eine Sache ein bisschen übersprungen, da war schon das nächste Thema dran. Ich glaube, man muss hier noch eine Sache vielleicht noch klar machen. Also ich hatte jetzt insbesondere die staatliche Politik gegen Kurdinnen beschrieben, aber ich will noch zwei Dinge, die jetzt in den letzten Jahren stärker geworden sind, nicht unerwähnt lassen. Das ist in Bezug auf Rassismus in der Türkei, erleben wir zwei Phänomene, die sehr gefährlich sind und wo quasi on top, also auf den staatlichen Rassismus noch weitere Dinge dazukommen. Das ist einerseits der Rassismus von
seitens der türkischen Bevölkerung, also das heißt von Privatpersonen, von nichtstaatlichen Akteuren, insbesondere gegen Kurden in den westlichen Provinzen der Türkei, also in Istanbul und anderen Orten, das nimmt deutlich stärker zu. Das ist einfach eine sehr, sehr große Gefahr. Und als zweites Phänomen haben wir gerade in den letzten Jahren von ehemals vermeintlich Linken oder irgendwie anderen Akteuren in der Türkei einen Diskurs, der sich ganz stark um diese Überfremdung, Umvolkung, großer Austausch, also ähnliche Debatten, wie wir sie auch von deutschen Rechten kennen, die jetzt auf die Türkei umgemünzt werden, wo zum Beispiel vermeintlich kinderreiche kurdische Familien als eine Gefahr, als eine Bedrohung der türkischen Nation gesehen werden. Und das sind Entwicklungen, wo ich sehr große Sorgen habe, inwieweit das auch dann zwar über die verschiedenen Wege auch nach Deutschland kommt. Das wäre tatsächlich etwas, wo wir auch dann den Rassismus hier weiter, das würde den Rassismus noch weiter verstärken. Und das sind Phänomene, die in der Türkei leider auch zu wenig Gegenwind bekommen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir mit der MHP eine Partei an der Regierung haben, die solche Diskurse natürlich sehr stark macht. Aber ich glaube, da sind noch ganz viele Baustellen, wo wir noch die Augen aufhalten müssen. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Auf jeden Fall, da denken wir gleich. Vielen Dank an die Teilnehmerin. Susanne, danke sehr. Lieber Ismail, lieber Kakşar. Danke dir, Jiar, für die super Übersetzung. Danke Ihnen allen, danke euch. Dann machen wir kurz eine Pause. Die geht wahrscheinlich 5 Minuten. Und danach gehen wir zur Fishbowl. Alle anderen Fragen, die noch offen sind, können dann dort geklärt werden. Vielen Dank. Ich wurde jetzt schon 3-mal gefragt, was Fishbowl heißt. Das Beste, was ich bisher gehört habe, ist, gibt es heute Fisch zum Abendessen? Und der Kollege, der mich gefragt hat, sitzt auch hier, aber ich darf ihn nicht angucken, habe ich ihm versprochen. Es gibt keinen Fisch. Genau. Nochmal der Hinweis, wir haben einen Livestream, der läuft über YouTube. Wir wollen auch gern nochmal denjenigen, die über YouTube zugucken, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Denn das ist jetzt der Abschluss unserer Fachtagung hier. Wir haben jetzt ungefähr 40 bis 45 Minuten Zeit, wo wir nochmal intensiv in den Austausch gehen wollen und auch euch das Mikrofon geben wollen, damit ihr von euren ganz persönlichen Erfahrungen erzählen könnt. Denn das ist eigentlich der Grund unserer Fachtagung. Natürlich einmal uns wissenschaftlich mit dem antikurdischen Rassismus auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage. Wir haben gehört, Kolonialismus, wir haben gehört, dass es Privilegien gibt, dass es Migrantenorganisationen gibt, die auch rassistisch sind und dementsprechend antikurdischen Rassismus reproduzieren, ihn aus ihren Herkunftsländern mitgebracht haben. Wir haben gehört, dass es politische Organisationen gibt außerhalb der deutschen Rechten, die man ja auch als Nazis dann vielleicht bezeichnet, aber viele migrantische Organisationen in diesem Fall halt auch das Privileg haben, gar nicht als Nazis oder als rechte Extremisten gelesen zu werden. Und das war so der Tenor in den ersten 2 Panels, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass es auch ausländische Rechtsextreme gibt. Und da möchte ich unseren beiden Gästen nochmal ganz herzlich danken, Frau Professor Schröter und Frau Professor Raderi, dass Sie heute dabei waren, dass Sie uns den Einblick ermöglicht haben, auch in Ihre Expertise. Und auch wenn wir jetzt den Fishbowl etwas modifizieren, es war nämlich eigentlich geplant, dass jeder von euch, der jetzt noch was sagen möchte, wie das beim Fishbowl auch eigentlich passiert, sich dann einmal hier hinsetzen kann. Deswegen ausdrücklich nochmal die Aufforderung, wenn ihr was sagen wollt, kommt bitte einmal nach vorne, ihr bekommt dann ein Mikro und dann könnt ihr ein Statement abgeben, ihr könnt Fragen stellen und wir können sozusagen gemeinsam in die kollegiale, freundschaftliche Beratung gehen und das offene Mikrofon nutzen. Bevor wir das aber machen, möchte ich Ihnen nochmal die Möglichkeit geben. Sie haben jetzt beide schon sehr viel gesagt. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was Sie unbedingt loswerden wollen, bevor wir das Mikrofon eröffnen? Nochmal das finale Schlusswort? Nein. Kein Schlusswort. Nein, erstmal sollen doch bitte jetzt hier Leute aus dem Publikum. Dann wollen Sie das Abschlusswort haben. Ja. Das können wir auch so machen, das ist kein Problem. Dann geben wir die Frage zurück. Wir haben einige Wortmeldungen im Laufe der Panels nicht beantworten können und bearbeiten können. Gibt es jemanden unter euch, der im Vorfeld noch eine Frage hat und sich gerne einmal zu uns gesellen möchte? Das wäre jetzt die Möglichkeit. Ich sehe eine Meldung, 2 Meldungen.
Eine dritte Meldung. Dann fange ich einmal mit dir an. Möchtest du einmal zu uns kommen, hier nach vorne? Du kannst auch gerne hier hinkommen. 1, genau. Wie heißt du? Khanda Sarchawa. Sehr schön. Ja, erstmal schon wieder vielen Dank an Sie beide. Meine Frage ist, wir haben jetzt heute sehr viel über antikurdischer Rassismus von außen gesprochen. Wann sprechen wir über innerkurdischer Rassismus, der einfach von uns selber ausgeht, gegen uns selbst? Man hört so oft, zum Beispiel, wenn man jetzt aus Barschut kommt, aus dem Irak kommt als Kurde, sagt man, ja, wir sind ja die Kurden, wir sind ja die richtigen Kurden. Oder unser Dialekt Sorani, das ist die richtige Sprache, das ist die richtige kurdische Sprache. Was können wir dagegen tun? Müssen wir zuerst diese innerliche Probleme, sage ich jetzt mal, lösen, bevor wir über antikurdischen Rassismus von außen sprechen? Und wie viel Einfluss hat das eine auf den anderen? Also erstmal ist das Thema, ich habe versucht, das zumindest in 1, 2 Sätzen, die Zeit war ja nicht so, zu sagen, dass natürlich auch innerhalb der kurdischen Gesellschaft es unterschiedliche Dominanzvorstellungen gibt, wer wo wie, die religiös oder regional oder wie auch immer historisch so begründet werden. Das ist, glaube ich, etwas, und das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Und da geht es um sozusagen Ungleichheits- oder Dominanzverhältnisse, und wir haben über die Gesellschaft hier gesprochen, wo jeder irgendeine Position drin hat. Also das ist sozusagen automatisch. Das andere ist, was ich, glaube ich, nochmal, weil die Frage war, das eine ist zu thematisieren und zu sensibilisieren, wo gibt es eben diese Verletzungsverhältnisse, ob jetzt kurdisch aus verschiedenen Regionen oder religiös aus verschiedenen, kann man machen. Ich würde da noch weitergehen, ich würde auch sagen, dann Geschlechter oder alt und jung. Es gibt ganz viele Facetten davon. Das andere ist aber, wenn das jemand nicht tut, wenn jemand das nicht bespricht, nicht automatisch sagt, ich bin mir bewusst so und so und so, dann müssen wir ein bisschen auch aufpassen, dass diejenigen, die in Anführungsstrichen wissend sind, sensibel sind, nicht genauso sich höherwertiger sehen als diejenigen, die vielleicht noch keine Gelegenheit, Möglichkeit oder Grundlagen hatten, im Leben darüber nachzudenken. Und die Menschen aus den Positionen zu sehen, wo sie gerade stehen, weil wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Und da finde ich es ganz wichtig zu merken, dass wir nicht arrogant in unseren Emotionen auch werden, zu glauben, irgendeiner ist hier auf irgendeiner richtigen Seite, auch wenn es natürlich politisch Richtige oder nicht Richtige geht, aber zu verstehen, warum. Und dann kann ich immer noch in eine politische Auseinandersetzung gehen und sagen, gut, die Art, wie du denkst, welche Implikationen hat das eigentlich für mich, für andere? Aber ich glaube, das muss man sozusagen die politische Seite und die emotionale nochmal differenzieren. Ich sage noch mal was dazu. Ja. Also mein Tipp wäre tatsächlich zu differenzieren, wo ist etwas tatsächlich rassistisch, das heißt, wo wird jemand das Menschsein abgesprochen, wo ist jemand Opfer von wirklich massiven Übergriffen und Eingriffen und wo hat man unterschiedliche Meinungen, die man politisch ausdiskutieren kann. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Es wird es immer geben, dass irgendjemand sagt, ich kann dies und jenes besser und ich fühle mich da, ich habe da die einzig wahre Expertise oder sonst was. Da kann man einfach locker lassen. Ja. Also das ist politische Debatte. So what, ja. Und das andere ist ein ernstes Problem. Und also man sollte nicht immer alles in einen Topf schmeißen, ob man sich von irgendjemand jetzt falsch verstanden fühlt oder ob man unter massivem Druck gerät. Und das sind wirklich paar verschiedene Schuhe. Man kann nicht alles gleichzeitig lösen. Dass die Menschen unterschiedlich sind, das wird auch noch nach wie vor so bleiben. Aber was wir angehen können, ist wirklich massive Menschenfeindlichkeit, echten Rassismus, der Menschenleben fordert. Ja? Und da würde ich gerne mehr Unterscheidung haben. Aber wenn ich vielleicht noch mal was dazu. Wenn ich doch, sagen wir mal, ich als Nicht-Kurde, ich lerne 4 verschiedene Kurden kennen, jeder kommt aus einer anderen Region. Ja. Und wie kann ich für mich selber entscheiden, dass ich mich für dieses Thema interessiere oder diesen Menschen helfen will, wenn sie sich nicht mal untereinander einig sind, ja, und gegeneinander schießen?
Vielleicht kann ich da aus meiner Moderatorenrolle etwas hinausgehen und sagen, du hast nie eine Gesellschaft, die homogen ist. Ich meine, ein Deutscher aus Sachsen, ein Deutscher aus München und ein Deutscher aus dem Rheinland werden auch nicht irgendwie immer dieselben Themen besprechen und sich immer einer Meinung sein. Das ist einfach die Diversität und die Pluralität der Meinungen, die, so habe ich das jetzt rausgehört, auch einfach anerkannt, akzeptiert und auch hingenommen werden müssen. Das macht eine Gesellschaft aus. Und das ist ja auch genau das, was wir mit dem antikurdischen Rassismus so ein bisschen kritisieren, dass man versucht, eine homogene Gesellschaft zu schaffen, wo jeder dieselben Hintergründe und Identitäten akzeptieren muss und in dem Sinne dann auch dieselben Meinungen. Und wenn wir eins als kurdische Bevölkerung nicht zu wenig haben, dann ist es ganz viele unterschiedliche Parteien, die alle ganz unterschiedliche Rezepte haben für unsere Gesellschaft. Und das ist etwas Gutes. Das kann auch ein Problem sein. Also wenn jetzt der kurdische Staat das Ziel ist, dann ist sicherlich zu viel Heterogenität ein Problem. Aber das ist nicht die Frage einer Außenperspektive, das in irgendeiner Weise zu beurteilen. Also wenn ich als Nicht-Kurdin angesprochen werde zur Unterstützung, dann kann ich sagen, ich setze meine Unterschrift auf einen Protestbrief, der sich richtet, vielleicht an die deutsche Regierung einzuschreiten bei Menschenrechtsverletzungen. Damit habe ich aber keine Meinung zu innerkurdischen Differenzen. Die muss ich nicht lösen, will ich gar nicht lösen. Die sollen die Kurden und Kurdinnen bitte selber lösen, wenn sie das wollen, oder sie einfach stehen lassen. Das ist auch eine Option. Danke an der Stelle für deine Frage. Ja? Darf ich auch eine zweite Frage stellen, die nichts damit zu tun hat? Wir haben noch einige weitere Fragen, aber wenn du dich kurz hältst, gerne. Ja, und zwar ganz schnell, wenn wir gerade so bei dem Thema sind, unterschiedliche Kurden aus unterschiedlichen Regionen. Ich sage jetzt mal, Gegenpart ist ja auch immer unterschiedlich. Ich habe einmal Rassismus aus der Türkei gegen Kurden in der Türkei oder generell Kurden. Wie gehen wir hier im Westen damit um? Müssen wir diesen Rassismus einzeln behandeln oder gehen wir also als Ganzes dagegen vor? Wir haben, also Herr Küppeli hatte das vorhin sehr schön gesagt, wir haben eine demokratische Gesellschaft und da gibt es demokratische Spielregeln und die müssen wir einhalten, und zwar alle. Ganz egal, wo man herkommt, ganz egal, welche Religion man hat, welche sexuelle Orientierung, welches Geschlecht, völlig egal. Jeder Mensch muss sich an die gleichen Spielregeln halten. Ich glaube, das ist die Basis für eine funktionierende demokratische Gesellschaft. Ich glaube, da ist Dr. Ismail Küpeli auch ein gutes Beispiel. Ismail Küpeli ist Türke und setzt sich trotzdem gegen antikurdischen Rassismus ein, weil er Demokrat ist. Ja, das vielleicht dazu. Dann gab es noch 2 weitere Meldungen. Ein Mann und dann gerne Sie. Ist das okay? Wie heißt du? Stefan. Ja, ich bin Stefan Struck, ich bin auch Beirat in der kurdischen Gemeinde Deutschland. Ja, aus meiner deutschen Perspektive nehme ich den institutionellen Rassismus immer als sehr, sehr wirkmächtig dar, weil er in unseren demokratieorientierten Gesellschaften den Anschein der Legitimität transportiert. In jedem Moment, wo eine Institution rassistisch reagiert, transportiert sie so einen Rechtsanschein, rechtens zu sein. Ist sie aber per se nicht. Und wir haben das ja, viele Beispiele wurden ja schon genannt. Also DİTİB ist ja zum Beispiel keine zertifizierte Religionsgemeinschaft hierzulande. Das ist einfach bestenfalls ein Kulturverein. Ne? Und, oder auch wenn unser Staat, unsere Verwaltung, sage ich mal, rassistisch reagiert, hat es immer den Anschein, es sei rechtens und es wird nicht hinterfragt. Und auch im Dialog mit Politik und der verantwortlichen Spitzen und Repräsentanz unserer Gesellschaft, sage ich mal, sind diese Feingliedrigkeiten auch nicht so einfach aufzulösen. Weil, und da waren wir bisher auch wenig erfolgreich. Und Herr Küppeli hat es ja gesagt, da liegt die Fleißarbeit, ne, wo wir ansetzen müssen. Also, das sollte eigentlich auch so ein Auftrag sein, den man vielleicht hier mit aus dem Saal nehmen kann, zuerst bei diesen institutionalisierten Momenten ganz fokussiert anzusetzen, ne, um die erstmal zu reduzieren. Ne. Aber also ich wäre vorsichtig zu sagen, dass es institutionalisiert. Institutionalisiert heißt, das ist in den Regularien der Institution festgeschrieben und das ist es ja nicht.
Es sind Vertreter von Institutionen, die mit der Institution identifiziert werden. Das ist ein großer Unterschied. Ja, wäre es tatsächlich institutionell, dann müsste man ganz anders dagegen vorgehen. Wenn es aber Personen aus Institutionen sind, dann kann man direkt kritisieren, dass die Personen in antidemokratischer oder diskriminierender Weise vorgehen. Und das ist was anderes. Also deshalb würde ich auch... Ja, und wenn es tatsächlich institutionalisiert wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Dann hätten wir ein echtes Problem. Und dann könnten sich alle diejenigen, die diskriminierend agieren, auch darauf berufen. Das können sie aber nicht. Ja, aber es sind nicht jetzt Einzelpersonen, es sind einfach auch Verwaltungsgepflogenheiten, die durchgängig praktiziert werden, ohne dass sie schriftlich fixiert sind. Dann sind sie genauso wenig angreifbar. Das ist die Frage, die habe ich noch nicht verstanden. Oder ist das ein Kommentar? Irgendwie habe ich den Anschluss verloren. Vielleicht zusammenfassen. Eine Aufforderung, das nochmal zu hinterfragen, wie man da vorgeht. Ne? Okay. Weil irgendwas muss ja die Konsequenz aus dieser Veranstaltung auch sein und ich wollte das möglichst fokussiert anbringen. Ne? Da vielleicht eine Anmerkung, als die ganzen Corona-Restriktionen von der Bundesregierung in die Öffentlichkeit getragen worden sind, hat die kurdische Gemeinde sich beschwert, zu Recht, und gesagt, es kann doch nicht sein, dass hier 1,5 Millionen Kurdinnen und Kurden leben und alle Publikationen aus den Ministerien nicht auf Kurdisch veröffentlicht werden. Und man hat sich dann am Ende auch juristisch gewehrt und Recht bekommen und innerhalb von wenigen Stunden kamen dann die ganzen Corona-Maßnahmen auch im Kurdischen online abgerufen werden. Das ist vielleicht etwas, um zu zeigen, wir leben in einem Rechtsstaat, wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das allgemeine Gleichstellungsgesetz, was ja genau diese Art von Diskriminierung minimieren soll. Und ganz wichtig sind natürlich solche Orte der Begegnungen, das haben Sie, Frau Professor Ghaderi, auch schon mal gesagt, dass wir aus der Unsichtbarkeit rauskommen und dass wir denjenigen, die Privilegien haben, dass wir die darin unterstützen, diese zu hinterfragen und dass wir einfach Orte der Begegnung auch schaffen, so wie das ja heute auf unserer Fachtagung ist, wo wir darüber sprechen können, was erleben wir eigentlich. Es gab viele Gespräche auch in den Pausen, wo einige gesagt haben, ja, wenn ich sage, ich bin Kurde, dann heißt es, naja, wo sind denn deine Eltern geboren? Du bist doch gar kein Kurde, du bist Türke oder du bist Iraker. Und das ist etwas, was die andere Seite sich vielleicht in diesem Moment gar nicht vorstellen kann, aber es ist etwas Verletzendes, immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen, dass man doch existiert, dass man doch nicht eine Fremdzuschreibung akzeptieren möchte, sondern einfach nur Kurde sein möchte. Und manchmal ist das sogar so beklemmend, dass man denkt, okay, möchte ich jetzt irgendwie diese Diskussion eingehen, obwohl es ja eigentlich gar keine Diskussion sein sollte. Ich meine, wo ist das Problem, wenn ein Spanier Spanier sein kann, durch Genozide eine Angstspirale zu schaffen, damit die Leute sich nicht zu ihren Wurzeln bekennen, die ist halt so tiefgründig, gerade weil auch so viel Gewalt dahinter steckt, dass dieses Trauma wirklich sich wie ein roter Faden durch die kurdische Gesellschaft zieht. Und deswegen müssen wir mutig werden und diese Art von Veranstaltungen nutzen, um zu zeigen, das ist nichts Besonderes. Es macht uns nicht besser als andere, aber es macht uns auch nicht schlechter als andere. Wir sind einfach Kurdinnen und Kurden und als Menschen haben wir gewisse Rechte, die mindestens seit 1949 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben worden sind. Aber auch das ist immer noch etwas, was vielen Mut kostet, ja, aus der Unsichtbarkeit zu kommen, weil wir einfach über Jahrhunderte unsichtbar gemacht worden sind. Genauso wie übrigens auch Frauen unsichtbar gemacht worden sind in unserer Gesellschaft. Man sie nicht partizipieren lassen wollte. Wir reden über das Wahlrecht, wir reden darüber, dass Ehemänner bis 1973 in Deutschland die Arbeitsverträge der Frauen mit unterzeichnen mussten. Auch Frauen waren in dem Sinne nicht selbstbestimmt und mussten sich das erstmal erkämpfen. Und diesen Prozess machen wir als kurdische Gesellschaft mit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Diskussion hier führen, das Mikrofon nutzen, um aus unseren eigenen Erfahrungen zu berichten, aber darüber hinaus das auch nach außen tragen. Denn jeder von uns geht hier heute Abend anders nach Hause, als er oder sie heute hier reingekommen ist. Und das ist genau der Knackpunkt. Alltagsrassismus, antikurdischen Rassismus sichtbar machen, benennen
um ihn dann im besten Falle zu überwinden. Und da hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Das muss man auch sagen. Ich noch einen Gedanken ergänzen. Ich habe jetzt mehr verstanden, in welche Richtung Sie sozusagen argumentiert haben. Und tatsächlich ist es ja das, diese unsichtbaren sozusagen Verwaltungsroutinen, wo es gar nicht um explizit oder so eine offensichtliche Diskriminierung geht, sondern durch die Routinen das Ganze unsichtbar wird, wie die Bedarfe sind. Und jetzt hat ja die kurdische Gemeinde in dem Fall auch geklagt und es kam ja auch zu Veränderungen. Und daraus lernen wir ja was, nämlich zu reagieren, zu handeln und da, wo jeder Einzelne oder auch institutionell etwas beobachtet wird, zu reagieren. Und ich glaube, das, was sich durchaus verändert hat, und ich rede jetzt wieder als jemand, der irgendwie 40 Jahre Deutschland als Migrantin und Kurdin gelebt hat, es ist jetzt durchaus besprechbarer, es ist möglich, Dinge zu benennen, sowohl auch wenn es immer, also sozusagen dieses Schweigen, diese Decke des Schweigens war früher dicker, kann ich nur sagen. Die ist jetzt so, dass sie durchlässig ist, dass man sprechen kann und es gibt Orte, Antidiskriminierungsstellen. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagen alle, bei uns kommt nichts an. Und dann ist die Frage, warum kommt nichts an, wenn wir hier im Raum alle sagen, da ist aber so viel. Und natürlich die Frage Dunkelziffer, die Frage von Scham, Tabu, die Frage, habe ich überhaupt die Information, wo ich hingehe und so weiter. Also ich glaube, da sind noch an vielen Stellen sowohl die Möglichkeiten noch zu eröffnen, dass Menschen wagen zu sprechen oder auch zu lassen, wenn sie nicht sprechen wollen, ist ja auch die Frage. Aber da und zu dem Institutionellen, da ist mir aufgefallen, immer da, wenn Menschen involviert sind und sich kennen, passieren auch Änderungen. Man darf diese persönliche Ebene nicht unterschätzen. Wenn Menschen sich kennen, sagen, ja Mensch, da habe ich aber dies und das beobachtet. Ist das beabsichtigt, ist das unbeabsichtigt? Manchmal ist es beabsichtigt und da muss man politisch anders reagieren und manchmal ist es aus den Augen, aus den Sinn. Und beide Varianten habe ich schon erlebt. Manchmal ging es schnell zu ändern und in anderen Fällen, da wusste man, okay, ohne eine Klage geht es nicht. Aber ich glaube, das offen zu halten, dass es nicht immer in Anführungsstrichen böse ist, aber manchmal durchaus sehr wohl politisch genau so gedacht ist. Und da, glaube ich, muss man unterschiedliche Strategien fahren. Es ist aber auch mal in Ordnung zu sagen, heute nicht. Ja, um das vielleicht nochmal in einem Beispiel zu konkretisieren. Wir haben ja nicht nur die deutsche Verwaltung, wir haben ja auch die Verwaltung der Herkunftsländer in Form von den Generalkonsulaten hier. Ja. Und wenn zum Beispiel ein Ausweis eingezogen wird, dann hat die betreffende Person nichts schriftlich in der Hand, muss wieder zurück zur Ausländerbehörde und sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt kein Ausweisdokument für die Verlängerung meiner Aufenthaltsberechtigung. Und da reagiert zum Beispiel dann die deutsche Verwaltung nicht adäquat und spricht das Generalkonsulat für die Person an, sondern sagt, nee, klär du das mal mit deinem türkischen, iranischen Staat, ne? Aber da ist nichts mehr, da funktioniert der Repressionsmechanismus des Herkunftsstaates und das sind solche Momente. Ne? Und da auf der deutschen Seite ein Bewusstsein zu erzeugen, ne? Das ist sowas von schwierig und ja, weil die halten sich halt immer an diese Hierarchien über die diplomatischen Verbindungen und Minderheiten sind halt dann de facto immer diskriminiert. Ne? Also das war's mal. Danke für dein Statement, Stefan. Dann gab es noch weitere Fragen und Anregungen. Einmal Sie gerne. Und diejenigen, die danach noch eine Frage oder ein Statement haben, können sich jetzt Gedanken machen. So, mein Name ist Dr. Koch Dallendörfer. Ich bin Medizinerin und seit über 30 Jahren ehrenamtlich in entwicklungspolitischer Zusammenarbeit tätig und wollte hier als erstes noch mal so ein Beispiel bringen, wie von Seiten des Auswärtigen Amtes, was ja die Richtlinien, auch die Vergabepolitik von Geldern bestimmt, wirklich für mich auch ein antikurdischer Rassismus durchgeführt wird, am Beispiel von der Geldvergabe, also Vergabe Entwicklungsgelder für Syrien. Ja? Es gibt da so einen Fonds, der heißt Krisenbewältigung und Wiederaufbau. Da gibt es Projektgelder ab 1 Million aufwärts, wo zum Beispiel die Malteser oder Caritas ihre Gelder rausbekommen. Diese Gelder durften bis einschließlich 21 nur für Idlib und Aleppo gegeben werden. Seit 22 gibt es eine neue Festlegung von neuen Kriterien, dass diese Gelder ausschließlich für Raqqa und da also gegeben werden dürfen. Das ist zwar schon mal ein Fortschritt, aber das zeigt auch gleichzeitig, weil alle Projektanträge, wie zum Beispiel von der Städtepartnerschaftsverein in Berlin, also von Kreuzberg
Friedrichshain-Kreuzberg und Derek, die wurden alle abgelehnt mit den Begründungen, es gibt nur Gelder für die arabischen Kerngebiete. Und das ist eine eindeutige politische Position. Frau Dr. Koch, vielleicht ein Hinweis. Ja. Die Gebiete, wo das Geld sozusagen von offizieller Seite genehmigt worden sind, sind Gebiete außerhalb der kurdischen Kontrolle in Syrien. Genau. Also tendenziös sogar eher türkische Kontrolle, ja. Idlib und Co. Ja gut, Idlib ist draußen und Aleppo kriegen keine Gelder mehr, aber es ist ja politisch immer fortschrittlich, dass man gesagt hat, man macht in der Region Nordostsyrien, jetzt gibt man Gelder für entwicklungspolitische Zusammenarbeit, aber es sind eindeutig auch mit der Begründung, es gibt nur Gelder für die arabischen Kerngebiete. Ja? Und 20 hat zum Beispiel der Berliner Partnerschaftsverein, wo es auch eine offizielle Partnerschaft mit Derek gibt, auch Gelder bekommen von den Nord-Süd-Brücken. Und jetzt wurde es abgelehnt genau mit dieser Begründung, es gibt nur Gelder für die arabischen Kerngebiete. Das heißt, es gibt keinerlei offizielle Gelder, öffentliche Förderung für die überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete in Nordostsyrien. Und das finde ich, das ist ein Ausdruck des politischen Diskriminierung natürlich der Kurden. Ja. Ja. Da vielleicht ein Hinweis, die YPG-Fahnen, die sind in 2 Ländern dieser Welt verboten gewesen bis vor kurzem. Einmal in der Türkei und einmal in Deutschland. Und YPG sind die Bodentruppen, die den IS besiegt haben. Das heißt, da ist schon eine politische Nähe, aber ich denke, Frau Dr. Koch, das sollte vielleicht der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde, Mehmet Tanrıverdi, und die anderen in die nächsten Gespräche vielleicht mitnehmen, denn da passieren ja regelmäßig Gespräche, auch im Auswärtigen Amt. Das hat er sich gerade auch notiert. Genau. Wir haben ja schon. Ja, wir haben das schon öfters. Vielen Dank an der Stelle, dass Sie auch öffentlich machen. Ja, aber ich wollte es, weil es nicht so bekannt ist, einfach nochmal so benennen. Ja? Und da ich auch Gründungsmitglied des Vereins Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane bin, haben wir beschlossen, auch einen Aufruf zu starten gegen den momentanen türkischen Angriffskrieg in Nordostsyrien. Und den werden wir dann auch online stellen auf unsere Homepage und würden uns freuen, wenn ganz viele Leute das unterstützen würden. Wollen Sie einmal den Namen der Homepage sagen? Ja, das ist faktisch, das ist bekannt, wenn man googelt unter Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane oder beziehungsweise frankfurt-kobane@gmx.de ist die Mailadresse, kann man dann. Vielen Dank an der Stelle für Ihre Solidarität. Gibt es jemanden, der einen Überblick hat, welche Online-Fragen gerade veröffentlicht worden sind? Sind keine da. Danke, Ronny. Dann gibt es hier vorne noch eine Frage. Kommst du auch einmal nach vorne, bitte? Hallo, mein Name ist Sadia Atac. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der kommunalen Ausländerinnen und Ausländervertretung hier in Frankfurt. Und weil Sie auch darüber gesprochen haben, dass wir unsere Erfahrungen hier teilen können. Ich bin hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen, habe aber seitdem ich denken kann, antikurdischen Rassismus erlebt. Und den Begriff an sich, der ist ja relativ neu, war mir auch nicht immer geläufig, aber es ist genau das, was meine ganze Kindheit und bis heute beschreibt, was ich erlebe. Dass in der Schule türkische MitschülerInnen nicht mit mir spielen durften seitens ihrer Familien, weil ich Kurdin bin, dass mein Türkischlehrer in der Grundschule mir über den Kopf streicht und sagt, du bist keine Kurdin, du bist Terroristen. Genau jetzt hier im Ausländerbeirat in Frankfurt leider meine KollegInnen auch zu den Grauen Wölfen unter anderem gehören und ich mich auch tagtäglich mit denen hinsetzen muss und wir gemeinsam die migrantischen Perspektiven in dieser Stadt vertreten sollen, aber sie zutiefst rassistisch sind und ich auch da wieder, wie jeder andere Kurde wahrscheinlich auch, immer wieder Widerstand leisten muss und immer unterstreichen muss, dass ich Kurdin bin. Und genau das ist auch so eine Sache, Kurdinnen, die antikurdischen Rassismus erleben, da entwickelt sich automatisch dieser Mechanismus, dass man immer wieder auch betonen muss und will, dass man Kurde ist, dass das einfach nicht mehr weggedacht werden kann, dass es immer so ist, wenn man einen Raum betritt,
in dem vielleicht nicht Kurdinnen sind, man sich schon wappnet und vorbereitet und weiß, okay, man muss jetzt damit klarkommen, dass Leute sagen, es gibt kein Kurdistan, es gibt kein Kurdisch und was auch immer. Und wie gesagt, dass dieser antikurdische Rassismus strukturell ist. In deutschen Behörden, das will ich auch nochmal unterstreichen, alleine, dass mein Türkischlehrer uns eine türkische Hymne vortragen lassen hat im Türkischunterricht, wo man sagt, ich bin stolzer Türke, ich sterbe für mein Land, für meine Flagge. Das ist fatal. Und so, mein Papa hat den Text dann auf Deutsch übersetzt und an den Schulleiter geschickt und gesagt, sowas geht hier nicht. Aber wie kann man tatenlos zusehen, dass diese Positionen als LehrerInnen dermaßen ausgenutzt werden und damit antikurdischer Rassismus hier auch in Bildungsinstitutionen verbreitet wird? Genau, das ist nur eine Erfahrung, die ich gerne teilen wollte. Und ich bitte und fordere auch alle jungen Kurdinnen dazu auf, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen und dass wir dieser Assimilierungspolitik einfach entgegenwirken und unsere kurdische Identität immer wieder hervorheben und unterstreichen, weil jahrelang und bis heute immer noch drüber gestrichen wird. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du mit uns deine Erfahrungen teilst. Also ich glaube, dass das ist doch der Konsularunterricht, ne? Dieser türkische Unterricht, wo sie diese Hymne da aufsagen sollten. Ich glaube, das ist ein Feld, wo kaum, also ein Dunkelfeld, wo kaum Licht herrscht und kaum jemand weiß das. Also selbst ich kriege das nur ab und zu mal mit, dass in diesen Formen von Unterricht übelster Nationalismus, türkischer Nationalismus gepredigt wird, aber genaues weiß ich jetzt auch nicht, weil ich natürlich auch gar nicht sprachmächtig bin. Aber da kann man, glaube ich, nur raten, solche Dinge immer öffentlich zu machen, damit es sich einfach auch verbreitet, was da passiert. Und an der Stelle vielleicht noch der Zusatz, die kurdische Gemeinde Deutschland hat ja inzwischen ein gutes Netzwerk und ich denke, wenn man sich an den Vorstand wendet und da Öffentlichkeitsarbeit machen möchte, dann wird die kurdische Gemeinde Deutschland das auch unterstützen. Ja. Du wolltest noch was sagen? Das hatte ich schon mal bei der letzten Mal beim kurdischen Gemeinde gesagt. Ich bin ja bei der Studie mittendrin. Ich habe schon sehr gute Interviews, würde ich sagen. Mache aber noch einige weiter. Und ich kann natürlich nicht jeden in die qualitative Studie reiben, aber da, wo Personen sagen, ich habe wirkliche Erfahrungen gemacht, die sollten auf jeden Fall mit rein, mailen Sie mich einfach an. Wollen Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse sagen? gaderi@evh.de steht. Okay. Ich glaube, wenn man den Namen googelt, ist man ganz schnell auch auf der Seite der Hochschule. Genau, das wäre einfach, weil ich das genau aus dem Grund, das wird ja anonymisiert und da wird jetzt keiner öffentlich irgendwie reingebracht. Aber ich denke, dass bestimmte Erfahrungswerte wichtig sind, dass man sie mit in die Analyse reinbringen kann. Ja, gerne auch für diejenigen, die zu Hause zugucken oder diesen Livestream später sehen wollen. Auch diejenigen, die gerade hier sind. Das ist das Tolle an diesen YouTube- und Facebook-Livestreams. Die sind dann später als Video abgespeichert und die kann man einfach nachgucken und nach vorne und nach hinten spulen. Gibt es noch Statements? Mir fällt gerade etwas ein, in Austausch mit Mehmet Tanrıverdi bekomme ich auch immer wieder mit, dass zum Beispiel Leute, die vielleicht in den Bundesvorstand sollen oder sich politisch engagieren in einem legalen deutschen Verein, an dem Beispiel der kurdischen Gemeinde, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ich habe Angst, weil ich Familie in der Türkei oder woanders habe und alleine die Mitgliedschaft oder das öffentliche Auftreten für die kurdische Sache, und das ist ja keine militärische Organisation, sondern kulturelle Arbeit, könnte dazu führen, dass ich vielleicht bei der Beerdigung meiner Oma nicht irgendwie dabei sein kann. Und das ist diese Angstspirale, die dazu führt, dass Menschen sich zurückziehen und Angst haben, auf einem Foto zu erscheinen, vielleicht im Livestream zu erscheinen. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich ein Problem habe, im Livestream gesehen zu werden. Das habe ich natürlich nicht, weil ich ja nicht irgendwie was mache, was eigentlich verboten ist. Aber trotzdem ist das eine ganz gewöhnliche Frage, wenn man sich für die kurdische Identität einsetzt, ob man bereit ist, vor der Kamera irgendwie was zu sagen. Das ist verrückt, zeigt aber auch, in was für einem Ausmaß die Repression ist und zeigt auch eigentlich, wie schwach demokratische Mechanismen sind, im Sinne von Demokratinnen müssen Demokraten schützen. Aber kurdische Demokraten werden permanent alleine gelassen. Das muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Und mir fällt noch eine andere Geschichte ein. Eine Freundin von mir ist bei der Deutschen Welle, arbeitet dort als Korrespondentin, Redakteurin, war früher im deutschen Teil, war dann eine Zeit lang in der türkischen Redaktion.
Und in der türkischen Redaktion waren dann halt auch viele aus der Türkei, das heißt, die sind da zur Schule gegangen, sozialisiert, haben die Bildung dort genossen oder weniger genossen, wie man das halt auch sehen möchte. Und am Ende ist die Freundin, von der ich gerade erzähle, eine Kurdin und sie wird dann gefragt, woher sie kommt. Dann sagt sie natürlich, dass sie Kurdin ist und dann heißt es von Redakteuren, die aus der Türkei geflohen sind und jetzt bei der Deutschen Welle türkisch arbeiten, naja, wo bist du denn geboren? Dann sagt sie zum Beispiel Diyarbakır und dann heißt es ja, wenn du in der Türkei geboren bist, dann bist du Türke. Worüber reden wir ja eigentlich? Und die anderen Redakteure, die dann zugucken, ich sage nochmal, das ist nicht TRT, sondern das ist die Deutsche Welle, die schweigen dann und gucken einfach zu. Und die Kollegin muss dann irgendwie sich beweisen und dann irgendwie erklären, was eigentlich nicht sein kann. Und das sind so zwei Musterbeispiele, die sich wie ein roter Faden hier auch durch das Leben vieler kurdischen Biografien ziehen. Das wollte ich hier vielleicht nochmal öffentlich machen, aus meiner ganz eigenen Erfahrung. Gibt es noch jemand anderen, der was erzählen möchte aus seiner Erfahrung? Gerne da, du hattest dich auch gemeldet. Kommst du einmal nach vorne, bitte? Guten Tag, mein Name ist Mahmoud. Also meine Frage wurde eigentlich beantwortet, aber gerne kann ich die nochmal stellen. Die Frage wäre, welche Empfehlung haben Sie an uns als Kurden-Jungen? Wie können wir aktiv gegen diese Diskriminierung von Kurden und dieser Rassismus, wie können wir aktiver arbeiten und wie kann die Gesellschaft uns ernster nehmen sozusagen. Wie wir jetzt mit unseren Freunden reden, dann sagen, ja, Hauptsache Mensch, also ich habe sowas nicht, aber meine Eltern sind gegen Kurden, aber ja, die Jugendlichen, wir haben nichts dagegen. Also was können wir als Jugendliche dagegen tun, um ernst genommen zu werden? Danke für die Frage. Ich finde das eine sehr gute Frage. War gut da kam formuliert. Ja, sehr gut, danke dir. Du kannst auch noch sitzen bleiben. Da kam schon mal was. Die Antidiskriminierungsstelle haben wir einmal gehört. Genau, politisch. Ich glaube, vieles wurde gesagt, was ich jetzt nicht wiederholen will. Sie haben ja auch gesagt, die Antworten waren da. Vielleicht aus dem, was ja schon heute ein paar Mal gesagt wurde, ganz viel, es gibt Unwissenheit und Unbeholfenheit. Und ich glaube, die eigene Bildung stärken, das kann gar nicht genug getan werden, weil man dann auch selber sprechfähiger ist und teilweise das ja auch sowohl einem selbst hilft, aber auch in Gesprächen man ganz anders nochmal sprechen und argumentieren kann. Dankeschön. Ja, und sich natürlich auch engagieren, also jetzt wie in der kurdischen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob Sie da Mitglied sind, aber das nützt ja immer was, wenn man in einer Organisation ist mit anderen und dann erzählt man sich Dinge und kriegt gute Tipps von allen und ist auch nicht alleine. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also wie die Kollegin gesagt hat, ich bin in Ausland dabei, Rottgau, und diesen kurdisch-türkischen erlebe ich fast bei jeder Sitzung oder außerhalb der Sitzung. Ja, du bist Kurde, ja, du bist Syrer und so. Ich sage, nein, ich bin Kurde. Und dann sagen die, ja, aber trotzdem, du bist in Syrien geboren und so. Dann sage ich, ja, aber wenn ich in Syrien, also ja, ich bin in Syrien geboren, aber bedeutet nicht, dass ich Araber bin oder so. Ich bin übrigens in Deutschland geboren, ich höre aber nie, dann bist du Deutscher. Das ist die Sache. Ja, also nee. Das ist die Sache. Okay, vielen Dank, Mahmoud. Wir werden gleich noch die Möglichkeit haben, vielleicht in der Lobby irgendwie in Austausch zu kommen. Der Amo möchte gerne aber noch was sagen, abschließend. Gekko, du kannst nach vorne kommen. Amo. Ja. Jordo. Nee, vielleicht kurz letzte Anmerkung. Es ist okay, alles gut, aber wir Kurden, wir reden, wir sind über 1 Million und so weiter. Aber eins ist fest, wir haben sehr wenige Quellen in deutscher Sprache, ja, über uns Kurden. Ja. Also die Mehrheit der Gesellschaft kennt uns wirklich noch nicht. Ja. Also, das ist erstens, da kann ich mal für die junge Generation empfehlen, egal was, in deutscher Sprache was schreiben über Kurden. Das ist sehr wichtig. Alleine zum Beispiel, meine Frage an Ihnen, ja, Afghaner und Araber. Wir Kurden gehen mit Islam ganz anders um. Also wir sind eine Nation. Im Alltag, Islam hat noch nicht mehr 20% Wirkung. Ja? Also wir sind mehr traditionell, also eine Nation, die wir nach der Tradition reagieren. Ja? Tradition ist gut, weil kann man jederzeit ändern, aber Religion nicht. Ja? Ja? Deswegen, wir müssen uns vielleicht mal für diese Bevölkerung bekannt machen, weil wir wissen, dass auch seit 200 Jahren
der deutschen Nation hat mehr mit Perser, mit Türken und mit Araber Kontakt gehabt. Ja? Also wenn ich an die Berichte, die Orientalisten Anfang des 18. Jahrhunderts nach Europa geschickt hat, wenn ich dies lese, wir sind Barbaren, ja? Also Barbaren. Und zum Beispiel, es gibt auch ein Buch von der Karl May, wir sind Wilde, durch wildes Kurdistan. Deswegen, das Bild muss geändert werden. Ja? Deswegen ein Appell, vielleicht die Sprache gut beherrschende kurdische Jugendliche, dass mehr über uns schreiben, dass diese Gesellschaft uns mal kennenlernt. Ja. Dankeschön. Ich glaube, Frau Professor Radeli wollte da gerne noch was zu sagen und dann würden wir auch zum Schluss kommen. Das Wort nochmal dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der kurdischen Gemeinde, Mehmet Tanrıverdi, geben. Ich wollte erstmal darauf aufmerksam machen, es gibt einige Bücher, einer hat herausgegeben, Kenan Engin, zu Kurden in Deutschland. Und das andere ist, was mir gerade aufgefallen ist, das ist eine Falle. Ich glaube, das, was ich sagen wollte, ist noch nicht ganz angekommen. Wir arbeiten uns daran ab, zu rechtfertigen und zu beweisen, zu sagen, wir sind nicht so wild oder wir sind anders oder wir sind nicht so schlecht oder besser, wie auch immer. Und an diesen Hierarchiespielen, aus meiner Sicht ist das kein konstruktiver Weg, weil es geht nicht darum, dass irgendeine Gruppe besser oder schlechter ist, sondern die politische Konstellation zu begreifen, in der wir sind. Niemand ist irgendwie hier moralisch, wie auch immer, überlegen oder unterlegen. Und wenn wir das so argumentieren, machen wir genau das, was im Grunde genommen seit 100 Jahren schon argumentationslogisch als Teppich vor uns ist. Und deswegen, und noch vielleicht zu kleine Beruhigung, es gibt ein Buch von Volker Perthes, das heißt, oder ein Kapitel aus dem Buch, Durchs milde Kurdistan. Pass. Vielen Dank für die rege Beteiligung und die Diskussion. Auch danke, dass Sie noch länger geblieben sind. Ein herzliches Dankeschön für alle. Und ich würde an der Stelle dann uns einmal von der Bühne bitten und das Wort dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der kurdischen Gemeinde zu übergeben. Lieben Dank, lieber Akit. Mir bleibt es nur zum Schluss übrig, Ihnen Danke zu sagen für diese Fachtagung, aus der ich für mich auch persönlich sehr viel mitnehmen werde. Eine Veranstaltung zusammenzufassen ist schwierig. Deshalb werde ich darauf verzichten und ein paar Bemerkungen zu machen. Haben Sie oder habt ihr gewusst, dass weder die ehemalige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland noch der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz noch nie in Kurdistan war? Es gibt eine autonome Region Kurdistan, die sowohl vom US-Präsidenten, jetzt hat er aufgegeben, Ich glaube, mit der Zeit, die Batterien haben den Geist aufgegeben. Ich will damit sagen, das hat mit der Politik dieses Landes zu tun. Das hat mit der Wertschätzung zu tun. Es waren etliche Minister dieses Landes in Kurdistan, auch Außenminister, die jetzige Außenministerin noch nicht, aber viele Verteidigungsministerinnen, die waren da. Aber Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland oder Frau Merkel, die 16 Jahre an der Macht war, sie waren nie in Kurdistan. Das hat mit der Politik dieses Landes zu tun. Obwohl wir Bürger dieses Landes sind, 1,5 Millionen, das ist Minimum. Geschätzt vielleicht sind wir 1,7, 1,8 Millionen Bürger dieses Landes. Wir bekennen uns zu diesem Land. Und wir werden nie müde, sowohl den Bundeskanzler, aber auch den Bundespräsidenten zu unserem Neurose-Empfängen einzuladen. Und wir werden nie müde, diesen Herren bitten, eine Zeichnung zu setzen, anlässlich zum Neurose ein Grußwort auszusprechen. Eine zweite Bemerkung gehört auch zum antikurdischen Rassismus,
das Spiel Türkgücü gegen Bayern München Amateure. Das habt ihr sicherlich aus den Medien entnommen letzte Woche. Der Einsatz, dieser harte Polizeieinsatz der Münchner Polizei, darüber haben unsere kurdische Gemeinde München eine Presseerklärung rausgegeben. 19 Verletzte. Was war auf der Banner? Da stand auf der Bahn, auf dem FC Bayern Fan, in der Mitte war das Logo, kurdische Flagge ist abgebildet, Club Kurdistan. Also es gibt unter Kurdinnen und Kurden Bayern-Fans, das ist noch normal. Ich bin sowohl Fan von Eintracht Frankfurt als Hesse, natürlich, das gehört dazu, aber auch Bayern-München-Fan. Das ist doch mein Recht, dass ich mit einer Kurdistan-Flagge oder einer kurdischen Farbe im Stadion zeige, dass ich Bayern-Fan bin. Das ist nicht verboten. Kurdistan-Flagge ist auch nicht verboten. Durch Aufheizung und Hetzung von Türkgücü, also türkische Rassisten, Nationalisten, was macht die Polizei? Ohne sich genau zu informieren, greift die Block der Kurden oder Zuschauer von Bayern München an und verletzt 19 Personen. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Einmal eine Werbung für das neueste Buch von Frau Susanne Schröter. Ich danke ihr für ihr Engagement, für ihren Einsatz, auch bei uns im Beirat. Das ist für uns wirklich ein Gewinn. Ich habe vieles von ihr gelernt. Sie hat viele Bücher geschrieben, auch zum Thema politischen Islam. Das letzte Buch von ihr heißt Wie der Westen seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Ich habe noch nicht, aber ich empfehle euch, das Buch zu erwerben. Dann vom Professor Kenan Engin, kurdische Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Dazu hat er das Buch bei Bonn bei der kurdischen Gemeinschaft Bonn-Rhein-Sieg vorgestellt. Ich empfehle euch, das Buch euch zu besorgen. Und von Kakshar Orama, Yadigaren Komara Kurdistan, er hat quasi, wurde ja erwähnt, 19 Jahre an diesem Buch gearbeitet und über Republik Kurdistan viele Dokumente gesammelt. Das Buch ist erschienen in diesem Jahr in Kurdisch und Türkisch. Die deutsche Übersetzung ist noch in Bearbeitung, soweit ich mitbekommen habe. Und wir freuen uns auf Ergebnisse dieser Studie, die quasi auch in einem Buch rauskommen werden. Frau Dr. Cinur Qaderi, ich habe zu Beginn der Veranstaltung gesagt, wir sind Ihnen, dir dankbar, dass das ermöglicht wurde, dass diese Kampagne weitergeht. Wir freuen uns und wir werden wir bemühen uns, wir werden uns zu diesem Thema weiterhin widmen. Ich danke an allen unseren Referentinnen und Referenten, Frau Qaderi, Dr. Engin, Dr. Frau Schröter, Dr. Ismail Küpeli, der jetzt weg ist, Kakshar Orama, Ilhan Kisilan konnte leider nicht unter uns sein, an unsere Moderatorin Bekkasch, Sersan Agit und besonderen Dank geht an unseren Mitarbeiter Roni Langner, der im Hintergrund diese Veranstaltung mitorganisiert hat und heute sehr viel gearbeitet hat. Und natürlich an unseren Dank geht es auch unseren Geschäftsführer Kemal Deniz, der unter uns ist. Und besonderen Dank geht an unseren liebe Bekkasch Takok, die das Projekt Wir für Demokratie, Ausbildung für Demokratie Lotsen zuständig ist und leitet, die heute und auch in Vorbereitung dieser Veranstaltung unheimlich viel Arbeit reingesteckt hat. Und zum Schluss möchte ich das Rodau-Team danken. Kaksenar, ihr lässt uns nicht allein, ihr seid immer auf der Seite der kurdischen Gemeinde. Ganz herzlichen Dank, ihr bringt auch unsere Stimme nach Kurdistan. Geschenke hört sich gut an, es ist ja kurz vor Weihnachten, morgen ist der erste Advent. Kemal sagt, es gibt Geschenke, sehr gerne. Liebe Bekkasch, ich weiß nicht, wer die Geschenke bekommt, aber verteilt einfach die Geschenke. Zum Schluss ganz herzlichen Dank an euch, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr so fleißig wart, dass ihr bis zum Ende geblieben seid.
Ich wünsche euch eine gute Heimreise und danke, dass es euch gibt.